Gut, Paul, du siehst mal, aber Paul, du siehst von Brett aus. Es lief schon. Vor allem ja schöne guten Abend dann offiziell alle Guten, noch alle Guten, den Leute, die es dann die Bause noch gucken. Ehe wir zwar los zu der Sendung kommen, weil Leute die traurige Pflicht auch hier, vielleicht aus dem Kollege, dem René Hellers, Eddie zu sagen. René, war 18 Jahre lang zu Schritte bei uns am Gemeinderat, dafür war ich 3 Jahre lang auch Chefin. Und sind auch mit München von uns heute zusammen den Gemeinderatstisch drin. Hier waren immer ein ganz ruhiger Mensch, der nicht gerne gestritten hat, der nicht immer probiert, den Konsens zu finden, am Interesse von jedem immer noch von der Gemeinde. Nicht auch jahrelang als Gemeindesekretär, hat jahrelang auf der Gemeinde geschafft. Drin hier war ein versierender Jung, als junge Kerl hat einen Dreiweise-Kies gemacht, zu versieren. Und ich meine, Munje von uns, also auch bei ihm daheim, dem muss im Büro empfangen gehen, wo dann immer jeder herzlich empfangen hat und noch probiert hat, jeder so gut wie möglich zu beraten. Er war sein Leben lang am Gesang aktiv, war immer dabei bei allen offiziellen Gelegenheiten, für die dann für musikalisch dann zu begleiten. Nur daran beim Gesang an der Theater-Equipe mitgespielt, an Muncherim eigentlich an der Gemeinde auch wirklich zum Lachen gebracht. Leute aus der René war dann auch viel zu frei, als er mit gerappt ging. Ich meine, wir so nehmen auf dieser Platz ein ganz großes Merci für alles, was ihr für das Gemeinde und auch für ihr Anwohner gemacht hat. Und ich meine, mit ihm verlieren wir wirklich einen guten Mensch und einen ganz feinen Kerl. Die Woche seine Frau und seine Kinder und der ganzen Familie von Hause alles herzliches Beileid ausdrücken. Und ich meine, wir alle Gute werden der René an allerbeste Erinnerungen haben. Ich gebe euch bitten, ein kurz abzustehen und ihm dann noch zu so nicht merci. Gut, dann hatte ich noch ein paar Informationen. Hier den Anfang, dass wir hatten den Urbanistenkonkurs für den Dorfzentrum, also den Dorfkehr von Schütte, da war die Jury zusammen, nur 3 Projekte zurückgehalten. Die Projekte, die wird der Gemeinderat auch präsentiert kriegt, die werden noch am Laufe vom Januar dann offiziell vorgestellt gehen, sodass dann noch alles Mattbierge zu gesehen und dann auch eventuell 4 Schläge dazu auch können aufgehen. Samstag hat gesehen an der Zeitung, da war die Ausschreibung vom WS 23, das ist das Regenrückhaltebecken vis-à-vis vom Smatsch. Da hat mir auch einen Kanal gestimmt, den du an der Straße soll erneuert gehen. Das haben wir dann die Projekte integriert, sodass die Projekte dann noch am nächsten Jahr wird anlaufen. Letzte Freitag war dann trotz der aktuellen Situation die Gläschen dann noch einfach an der Schule bei den Kannen. Das alles sind ja ganz strengen Hygienismaßnahmen. Hier aber von Klasse zu Klasse gehen. Kannen haben nicht von ihm Teacher gekriegt, mit den Gläschen auf jeden Fall bei den Kannen an. All die anderen Kannen von 0 bis 3 Jahren, die nicht an die Schule gehen, denen wird die Gläschen tut heimschicken gelos, weil hier so nicht am Zentrum empfangen, für ihnen dann Teaching zu geben, wie man das gewinnt war. Ich gebe auch eine große Merci so ein Personal von der Schule, von der Maison Relais, auch und die älteren Vereinigung, die auch mitgeholfen haben, und auch die Leute von unserem Service Technik, die dann die Gläschen dann bei seiner Fehlerarbeit hat dann noch unterstützt. Die sieht alle gut und Eisheiten auch gedurcht, sodass man es dann auch sich nicht so schlecht geschickt tun kann. Voilà, dann hat auch die Informationsbroschüre über das neue Aufenthaltsreglement an ihrer Briefküche gehabt. Das war ein bisschen eine schwere Geburt, das ist eine Broschüre für Gemengen, als die verdient ging. Und wir hatten eigentlich gesagt, die kommen kurzfristig raus. Das war so aufgemacht, das hat aber ein bisschen lange gedauert. Wir eigentlich dann noch so ein Ende gut, alles gut und leider all die Informationen, die sie brauchen, über das neue Taxreglement.
Dann haben wir von verschiedenen Matbierger die letzte ich gesagt kriegt, dass da Leute bei ihnen geschellt haben, die finden dann ein Flasch Wein zu bringen, die Gemengen hin ging verschenken. Also dazu würde ich halt ganz klar so, Gemeng verschenkt gut nicht, aber wenn ihr bei Schelle könnt man den Kado, die von der Gemeng kommt, dann also oder alle als Bierger, da sollen sie Poli so rufen, dann da Bescheid so, weil das scheint aber nicht gerade die ehrlich zu sein, die da mit der Kado dann rausgehen gehen. Dann Datume für die nächsten Sitzungen, die werden alle die nächste Tage dann noch bei einem Repertoire sitzen. Die haben wir auch festgelegt, am Prinzip, als das dann immer am letzten Mittwoch am Mond, wie wir das bis so gewinnt waren. Da wollte ich auf dieser Platz noch einen Abruf machen, habe ich schon die Leute da draußen und alle als Bierger für das Jahr, wann ich geliebt, keine Friedefeier zu machen, wann es nicht mehr geht. Einerseits sonst man aus Rücksicht auf Menschen, auf Tiere und auf Natur. Aber andererseits meine ich das auch besonders das Jahr, wo man nicht noch müssen, Leute an den Kliniken bemol sitzen und die sich noch mal in einer Rakete oder so verletzt. Und ich meine, du hast Stress genug. Und die Leute sollen einfach auf Friedefeier verzichten. Und wenn du wirklich absolut nicht ohne kann, da sollen der Wannesgift da bei einer Feierstunde limitieren, noch mit dann nicht 2 Stunden lang rundherum. Voilà, ich meine, das alles für dich zu so und da gebe ich dem Serge nach Fortgehen den noch ein paar Informationen. Ja, hier geht es an sich am CISEC-Klasse, das heißt Donnerstag, den 26. November, war eine Versammlung vom Komitee vom Interkommunikalen Syndikat für die Exploitation vom Krematorium zu haben. Wenn es der aktuelle Krise sanitär war ein Maximum von 20 Delegierten am Saal selber zugelassen. Membern, die nicht konnten präsent sind, respektive nicht wollten dabei sein, konnten sich aber per Videokonferenz in der Versammlung abschalten und durch eine Deal holen. Mit den Online-Partizipanten war dann noch der Quorum erreicht, sodass das Ordre du Jour durchgeschafft gehen. Der Präsident vom Büro, den Herr Tom Jungen, hat nach 3 neuen Members vom Komitee begrüßt und vorgestellt, die Delegierte ersetzen, die sich aus dem Komitee zurückgezogen haben. Und plus hat er noch einen weiteren neuen Employé vom Krematorium vorgestellt. Des Weiteren hat der Präsident noch reportiert, dass das Büro in Container frigorifik gelohnt hat, für die Stiefel von der Wintergrippe auf vom Coronavirus können korrekt zu lernen, bis sie zur Anerkennung können. Seit dem Anfang von der Pandemie hat er rapportiert, dass 240 Stiefel, die durch Corona verursacht sind, engagiert gesehen bei ihnen zu haben. Dann ist es oder die Jour weitergegangen, du hast bei den Fixationen von den Kotisationen 2021 für die Membergemengen weitergegangen. Die Tarife sind unverändert geblieben, das heißt 12 Centime pro Einwohner. Basis ist ein Recensement von der Population von 2011. Das ist ein Wort, das auch einstimmig geschieht. Dann ist die Fixation von den Tarifen bei den Anerkennungen für 2021, die sind auch unverändert geblieben. Das heißt 400 € kostet eine Anerkennung für Einwohner aus den Membergemengen und 600 € für Nicht-Membergemengen. Die Lokation von der Salle de Zeremonie ist auf 75 € und auf 4 Membergemengen fixiert gehen und auf 125 für Nicht-Membergemengen. Dann ist eine Streuung auch beim nämlichen Tarif geblieben, 50 € für Membergemengen und 100 € für Nicht-Membergemengen. Alle die Worte, die sind einstimmig auch aufgestimmt gehen. Dann noch am Punkt 3 vom Ordre du Jour den Budget rectifié 2020 an den Budget 2021 Punkt an den Budget rectifié 2020, der schließt mit einem Boni von 2.626.481,39 € auf. Den ist auch einstimmig überall gehen. Auch der proposierte Budget für 2021 ist einstimmig überall gehen. Während der Aufstimmung hat Tom Jungen ein paar Erklärungen gegeben, hauptsächlich weil Dépenses extraordinären
par rapport zum letzten Exerzice 300.000 Euro klammen. Das Ausgaben entstehen durch das Projekt vom Ausbau vom Krematoire, wo die Planung für Zusatzbüros und Weiterräume für Zeremonien nächstes Jahr aufhängt. Mit angeplant wird dann auch für Notfalls können auf 2 Schichten Annäherungen zu machen. Das Chantier selber soll 2022 aufhängen. Und divers, also noch erwähnt gehen, dass nächstes Jahr eine EU-weite Submission lanciert wird für die Exploitation vom Krematoire, weil der aktuelle Kontrakt mit der Firma Feuerbestattung Lützeburg den lebt nur noch 10 Jahre aus. Und das war vom CISEC. Ich gehe dann aber noch weiter kurz auf den 24. November an. Da war am Schütter Jugendhaus eine Kooperationsplattform in Präsenz von einem Vertreter vom Ministerium, den 2 Indikateuren, dem Präsidenten und Käse von der SBL und von mir als Vertreter vom Chef. Am Resümee ist gesagt, dass den zusätzlichen Edukateursposten, den angefragt war, als nicht vom Ministerium akkordiert gehen. Tina und Steve, das ist als Edukateur und haben ihre Aktivitäten für 2021 präsentiert, wo ich aber nicht weiter angehen, weil man muss ja den Abend um 11 Uhr daheim sein. Und der letzte Punkt war dann Madame Meseburg vom Ministerium, zum Schluss habe ich von dem Schötter Jugendhaus, und die ganze Summe habe ich durch den Edukateuren, der SPL, an der Gemeinde gelaufen, was an ihren Jahren nach lang nicht überall der Fall wäre. Und das war dann zu meinen 2 Punkten, das CISEC und Jugendhaus. Merci. Merci Serge für die Informationen. Da kommen wir auf den Ordre du Jour zurück. Ich meine, der nächste Punkt, den wir da haben, das die Kreation von einem Posten, von einem Responsable für die Concierge unter dem Statut vom Employé Kommunal Kategorie B zu Grupptechnik. Ich meine, da hat man Posten geschafft an einem C1, wo wir der Meinung sind, dass man da eine höhere Qualifikation dann aber bräuchte für die Posten. Wir geben da proposieren, heute Posten B1 zu schaffen, aber mit derselben Decision auch die Posten C1 aufzuschaffen. Vorher sind dazu nach Bemerkungen, Serge. Ja, ich wollte noch kurz auf den Historik zurückkommen. Also, es war am Anfang so, dass damals eine erste Etude von einer Consulting-Firma gemacht wurde, ob sie eine neue Posten kreiert als Chef d'Atelier. Und an dem Sinne Funktionen, die ausgeschrieben waren dann mal vorgesehen, dass dann den Chef der Conciergerie Posten auch überholen. Die Funktion. Dann hast die Person angestellt gehen, dann hast an einer Deliberation, den 9. Juli präsentiert gehen, dass man aber einen neuen Rapport für die Konsultanz hätte von einer Etude. Und der gibt dafür Schluss für einen neuen Rapport, neuen Posten zu schaffen und der hat in der Karriere vom C1 für einen Chef der Conciergerie anzustellen. Wir haben das schon enthalten, weil man gesagt hat, wir haben schon so viele Conciergerien. Ich meine, der nächste Rapport hat auch verschiedene Konklusionen gegeben. Und er war über den Punkt, dass man am Anfang den Rapport nicht zur Verfügung gestellt kriegen. Das konnten wir nicht Präsentation, die an einer Arbeitssitzung vorgestellt ging, als zur Verfügung gestellt. Und heute haben wir dadurch eine Deliberation, vier Leute, wo dran steht, wir hatten einen Rapport von der neuen Etude an das, also wir geben das basieren auf den Rapport, aber den Rapport konnten die Leute im Gemeinderat am Anfang nicht zur Verfügung gestellt. Es gab eine Präsentation, mit dem Rapport selber konnten wir nie gesehen, obwohl ich auch mit diese Gelder bezahlt ging, also schon den 2. Rapport in der Form ist. Loget vorgeschlagen, dann die Posten vom C1 aufzuschaffen und dann Karriere B1 draufzustufen. Hier wird dann gerechnet werden, dass dann 10.000 Euro manst Jahr mehr sind, die das wird mehr kosten. Wir gesehen das wirklich nicht an, für den muss ein B1-Posten auf so einer Funktion haben. Und dafür werden wir also auch bei dem Posten, bei der dritte Wort durchstimmen. Ja, ich meine, zu dem Ganzen, das ist ganz klar, wo wir uns ja alle gut einig sind, dass wir die ganze Conciergerie müssen organisieren, aufpassen für alle als Gemenge Gebäude, für sowohl heute Centre, weil der riesige Komplex ist, wo
all der über 350 Kanner am Anfang permanent präsent sind, wo man gesagt hat, dass für 7 bis 7 einfach auch schon aus sicherheitstechnischen Gründen die ganze Detail aufgedeckt ist. Wir haben Technik, die immer mehr komplex wird. Ich meine, da ist auch eine gewisse Herausforderung. Weil es auch ganz wichtig ist, dass man wirklich die Detail ein bisschen besser in der Kontrolle und dass man wirklich eine Conciergerie und eine Conciergen, die wirklich auch permanent präsent sind und auch wir zirkuliert, hat das ganz klar definiert, wir können heran, wir können auf das Site, wir möchten werden. Ich meine, das ist generell, wo wir gesagt haben, das muss man machen. Wir hatten klar ausgeschrieben, wie man den Posten publiziert, also wie man den Posten sich geschafft und vom Chef vom Servicetechnik drinnen am Atelier, haben wir viel gesehen, dass den Conciergerie eventuell ein Gift matt überholen. Das ist aber herausgestellt, dass der Mann, den hat als Regie wirklich tiptop organisiert, das funktioniert wunderbar, den also aber ganzen Tag aber NRW auch was die Servicetechnik geht. Ich meine, den langweilt sich keine Sekunde, den hat der ganze Kopf administrativ arbeiten. Auch da haben wir angefangen am Servicetechnik, da haben wir Inventäre von all diese Sachen, da haben wir wirklich alles mal sicherheitstechnisch voll an Treib, wird permanent geguckt, dass jeder die nötige Zertifikate hat, für auf alle Maschinen zu fahren, für auf den Kamion. Und du hast eine ganze Verwaltung, die du drin hast, der mir ist nicht so bewusst war. Die wir machen, wo wir ganz klar auf den Weg gehen, dass wir Programme haben, wo wir also das wirklich geguckt hat, was haben wir geschafft, was haben wir wo geschafft. Die müssen Verrechnung gemacht. Ich meine, das alles, da ist eine ganze Entwicklung. Ich meine, wir können nämlich schaffen, einfach so auf gerade wohl, muss schon ganz präzise alles auflaufen, muss alles sicher sein, weil wenn irgendetwas geschieht, sind wir, also ganz klar muss mir gucken, dass alles in der Reihe ist. Der Tisch, der Mann ist total ausgelöscht. Dann haben wir gesagt, dann wenn wir sehen, dann haben wir Posten zu schärfen, für dann eben einen Responsablen von der Conciergerie. Wir haben da ausgeschrieben, an jedereen weiß, in den so ganzen Service soll organisieren, dass als kein, der frisch aus einer Schule kommt oder den neu aufhängt. Da muss ich sehen, mal die Erfahrung, da muss ich sehen, den Leid gefordert wird, da muss ich sehen, den technisch Ahnung hat, dem ich nicht einfach kann irgendetwas viel machen. Ich meine, da wird ein Mann mit einer gewissen Erfahrung gebraucht, und wir sind der Meinung, dass wir das nehmen können, anständig organisiert, wenn wir einen Mann mit Erfahrung haben, an den nötigen Know-how hat. Und das ist eben einfach so Leute kostet eben ein bisschen mehr. Das kostet dann eben 10.000 Euro Tour mehr. Nicht bezahlen und nicht tun, haben wir nicht geschafft. Und dafür haben wir einfach gesagt, wir haben Platz ausgeschrieben gehabt. Ich meine, wir haben eine ganz gute Kandidatur gekriegt. Gilt aber, wir sehen aber, dass ganz klar, dass Leute gebraucht wird. Mit Erfahrung, die das umsetzen, und das muss man eben auch ein kosten lassen, und dann geht die ganze Organisation auf Bein gesetzt, und da wird das alles auch tiptop laufen. Und ich meine noch zu Giedreng Zufriedenheit. Weil wir sind eine Gemeinde, die wies, ob die immer mehr Herausforderungen zukommen, und ganz besonders auch immer mehr Responsabilitäten. Ich halte einfach nicht ab, da zu zählen, weil Giedreng weiß immer, heibreiter nicht, dobreiter nicht. Die erste Kleinigkeit, die schief geht, kriegen wir hängt mir. Und ich meine, als Gemeinde sind wir hier, für zu gucken, dass hier ein ganzes Site funktioniert, Leute vertrauen uns hier, kann und ich meine, das wertvollste, was die Eltern haben, und da sollen wir gucken, dass die Site hier optimal funktioniert. Vereine kommen hier hin, sie feste an so, und wir müssen Sicherheit garantieren von all den Leuten, die bislang garantieren das. Wir wissen, dass es einfach immer mehr komplex wird. Manchmal muss man es aber irgendwo für die Zukunft rüsten, es aufstellen, dass das in Zukunft funktioniert. Das sind wir am Gang zu machen. Und dafür sind wir der Meinung, dass die Posten hier gebraucht wird. Ich meine, noch andere Posten, die man ausschreiben, werden wir auch noch oben ablosen, weil man es einfach so muss ihn einfach mehr weit ausschreiben, dass in einer Panoplie kriegt von Leuten, die sich melden. Und dann sich den raus, und da bezahlt ihn das, was der Mann einen wert. Also ich meine, das wird am Privatsektor auch so gemacht, und das ist einfach so. Und ich meine, kann das kein Wert so, hallo, schafft man just die Karriere, und da stellen wir eben einfach just den an der Karriere an, und das ist egal, ob das den ist, den wir brauchen oder nicht. Voilà. Ich meine, so, das ist die Argumentation von uns, für die Posten Dolo zu schaffen. Gut, dann gebe ich darüber aufstimmen lassen. Nico. Ja, ich habe ein bisschen Problem auch mit dem Prozess oder mit der Vorgehensweise vom Schäferrat. Die hat also eine Ausschreibung gemacht für Posten, also Responsablen von der Conciergerie für den Zentrum hier an der Kategorie C. Da sind 44 Leute, die sich melden.
An lo hai a huis-clos, also für einen Dieren, für eine 4 Stunden, wird Majorität, das heißt die Parteien, die halt Majorität tun, dezidiert zu geben, kein von denen 44 holen, weil, obwohl du ein drin hast, mit Pai von der Kategorie C nicht hoch genug hast. Also wir brauchen unbedingt von der Kategorie B, das heißt immer länger mehr hoher Pai. Also zwingst der Pai oder also zwingst der Qualifikation. Du hast ein Resonament gemacht, wo du siehst, wir brauchen Leute, die eine größere Qualifikation haben, wenn es der Komplexität von den Aufgaben und von allem, was sie sollen machen. Das kann ich auch noch nachvollziehen. Aber wenn wir wussten, dass das so eine komplexe Aufgabe ist, für 3 Conciergen zu gerieren, an denen hier Aufgaben zu verteilen, wenn wir das wussten, wie wird man nicht direkt von der Kategorie B, von mehr hoher Pai ausgeschrieben. Da wird das viel mehr einfach. Dann hat man locker eine Entscheidung holen. Und die zweite Frage, die ich mir da stelle, gibt dann nur eine neue Ausschreibung gemacht, wie lange haben Leute Zeit, für sich zu melden, für die Posten, den Lo eigentlich neu abgeht, weil der proposiert schon neue Posten zu schaffen. Wie lange haben Leute Zeit, und wie geht das kommuniziert? Gut, ich meine, so dass Majorität hat wundert mich, ich war wie klar, zweitens als eine geheime Aufstimmung gewirrscht, ich weiß nicht, wie ein Heilo dezidiert hat, okay, ob die Posten zu nennen, das ist mal als alle recht gesagt. Dann meine ich, also so, dass wir dezidiert, ich meine, war nicht jeder d'accord, überhaupt für den C1. Und wenn viele Leute, die waren mit d'accord für den C1, die mengen, das Kind den Preis, die kennen, mir hätte ja an Hayando. Das war mal die erste Vorausgabe. Dann haben wir gesagt, wir brauchen einen Mann mit Erfahrung. Wir haben nicht gesagt, wir brauchen jemanden, der eine Pai. Ich meine, ich habe ja ganz klar erklärt, in den Erfahrungen hat, die schafft so lange, den hat eine gewisse Pai. Und das ist leider kein, die sieht, ich gehe schütter, weil ich da wirklich eine knifflige Aufgabe kriege, und auch wenn ich da Männer verdenke, ich meine das für dich. Ich meine, das Minimum, also dass wir die Leute, die wir kriegen, dasselbe an der Pai gehen, wenn sie auf der aller Pai, auf dem anderen Posten hatten. Und dafür, also da war ganz einfach so, wenn das nicht an eine Karriere passt, muss man eben einfach die Karriere dann ändern. Klar, wird man dann eine ausschreiben, wenn dann eine bessere sich meldet. Und ich habe kein Problem für Besseren zu holen. Der Chefrat wird das ausschreiben, wir werden das so lange regulär machen. Und dann wird man heute dezidieren, ihn anzustellen. Es geht nicht für irgendeine Pai zu gehen, es geht einfach darum, am Interesse von der Gemeinde endlich eine Problematik zu regeln, die schon jahrelang besteht. Die hat ja schon Kinder gelöst wie für ein paar Jahre. Dann braucht man gar nicht heute zu diskutieren. Die besteht aber so lange, und die Sache muss einfach organisiert gehen, und das muss proper abgestaltet werden. Ich meine auch vis-à-vis von unseren Leuten, die hier arbeiten, soll man ein properes Service aufbauen, wie wir dann eine Regie gemacht haben, soll man dann auch eine Conciergerie machen, und da wird jeder zufrieden sein, und wir werden noch zur vollsten Zufriedenheit von unseren Bürgern da funktionieren. Ich meine, da sind wir unsere Bürger schuldig, also im Personal schuldig, und wenn es ein bisschen mehr kostet, kostet es ein bisschen mehr. Ich kann ihn eben nicht einfach Qualität für nichts, das geht es nicht. Das ist einfach leider Realität. Eine gute Leute gehen auch immer mehr rar, und wenn ich eine gute habe, dann muss ich gucken, für dann auch für die zu bezahlen, für das, was die Leute leisten, und was sie auch normal zu gut. Gut, das gesagt, gebe ich da proposieren, dass wir den Punkt dann aufstimmen. Nora Foggiarini, Georges M. Kaufmann, Claude Marzan, Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welch, Gilles Altmann, Dali Altmaisch, Vic Back, Serge Eichner. Gut, da hat man den Punkt dann auch aufgehakt. Dann kommen wir auf den nächsten Punkt, und da geht es dann darum, für die Indemnität von der Responsable von der Musikschule neu festzulegen. Dafür gebe ich dem Serge Stein. Ja, bei diesem Punkt vom Ordre du Jour geht es darum, für Zustimmung vom Gemeinderat zu kriegen, betreffend der Anpassung von der Indemnität von unserer lokalen Verantwortlichen von der Musikschule Siedal. An der Deliberation vom November 2007 als damals der Monat auf 2.800 Euro fixiert gehen. Über all die Jahre, ich meine, das weiß jeder, als die Musikschule konstant gewusst, und die Anzahl und Diversität von den Choren hat zugeholt. Und da haben wir da auch
automatisch die Schüler zu holen. Dabei könnt lo nach, dass am Laufe vom nächsten Jahr bei die aktuell 4 Siedalgemengen nach 5 Gemengen dabei stoßen. Wodurch das die Musikschule Siedal wird die, ich mich richtig kann erinnern, die zweitgrößte hier am Land gehen. Wenn ich am Detail gesagt, weil ein organisatorisch und logistisch Arbeitsstand durchstecht, als der Gedanke kommt, für die Entschädigung auf den aktuellen Index anzupassen. An dem Monat von 2.800 € auf 2.412 € die Jahr zu fixieren. Es wird von meiner Seite noch just bemerkt, dass an anderen Gemengen der Responsablen für die lokale Musikschule ein Member vom Gemengepersonal ist. Oder das ist eine Motivation, die mir für eben die Tarife zu setzen vom Responsablen. Von Dolo noch vielleicht ein froh aus. Ja, Jem? Ja, ich den Sergio treffend gesagt von 2007 ich kann mich erinnern, ganz für drin, du hast es nicht gehen, an die Envergure, also so groß gehen, das heißt, das sind immer mehr Kanner beikommen, an die Leute, die sind responsabel, wenn ein Chargé sich krank meldet oder nicht kann kommen, dann müssen die dafür sorgen, für die Leute avertieren, in der Bescheid zu sagen, Zellen müssen organisiert gehen, also die Indemnität, die durch die Person kriegt, die ja noch dazu mehr voll, weil das viel Arbeit, viel Gedächtnis an das übrig. Ist das noch eine Bemerkung dazu? Das ist nicht der Fall. Dann gibt man aufstimmen, Nico Welsch, ja. Gilles Altmann, Ali Altmaisch, Vic Back, Serge Eicher, Nora Foggiarini, Georges M. Kaufmann, ja. Claude Marzan, Ja. Jan Ries und Serge Streit. Ich muss just vielleicht den Montant denken, so, weil Der Montant? 3.412 €. Voilà. Ich wollte noch eine kleine Bemerkung zum Punkt vom responsable Concierge, das nie an einer C-Karriere ausgeschrieben. Ich meine, das war ausgeschrieben, du hast auch schon das Minimum DRP gefragt. Wir haben nie geschrieben, dass eine C-Karriere oder so. Das wollte ich just präzisieren, das Logo am Dossier. Also nicht, dass ihr seht, wir haben eine C ausgeschrieben haben. Dafür haben andere Leute nicht gemeldet, dafür haben auch andere Leute gemeldet. Gut, das wird das. Dann gebe ich so, da kommen wir zum Hauptpunkt dann noch von diesem Ofen. Da geht es dann um das Budget. Wir hatten, ich hatte für 14 Dich gesagt, wenn ihr eine Proposition oder eine Suggestion nach hat, die Kinder schriftlich rangehen bis den letzten Mittwoch, du hast nicht rankommen. Wir hatten das Budget an der Schulkommission, da haben wir auch ein Avis favorable gekriegt. Die hatten eine Reunion des 26. November, pardon, eine Reunion. Die haben den Avis, die haben noch das Budget favorable avisiert. Dann hat man ja auch, wie alle Jahre, haben wir das Projekt vom Budget dann auch in die Finanzkommission gehen. Die haben sich das auch angeguckt, und die haben noch ihren Avis darüber aufgehen. Weil den Noven aber eben sie nicht unbedingt dann wollen präsent sind, eben durch die aktuelle Situation, Sanitärsituation, gibt man dann hier ein Avis höheren Pol, ich meine du, oder alle, ja alle, da gibt ich mal dich frohen dann. Damen an die Herren, guten Abend. Also ich gebe gerne der Gemeinde merci so, dass hier der Finanzkommission möglich gemacht hat, ihren Avis zum Budget zu präsentieren und das trotz der aktuellen sanitären Situation. Weil das Budget aus sich geht, so hat die Finanzkommission seit der Präsentation durch den Herrn Bürgermeister sich intensiv mit den budgetären Dokumenten auseinandergesetzt, sowohl was das Budget Rektifé 2020 angeht, wie auch das Budget 2021 und den Plan pluriannuel financier PPF. Zusätzlich haben wir nachgeholt von der Zirkulär von der Madame Minister vom Interieur über die Struktur und die Ausschaffung vom Budget und als die finanziellen Analysen vom Conseil national des Finances publiques zu Herz geholt betreffend die finanzielle Situation auf nationalem Niveau. Die Finanzkommission begrüßt in dem Sinn die transparent und uniforme Handhabung vom Ausschaffen von den budgetären Dokumenten, so wie von der Madame Minister vorgeschlagen ist,
aber begrüßt die akribisch und verständliche Steuerung von Resetten und Ausgaben, so wie sie vom Gesetzgeber vorgesehen sind. Zum Service ordinär. Die Finanzkommission begrüßt, dass der Budgetrektiv für 2020 mit einem positiven Resultat von ungefähr 4,5 Millionen Euro aufschließt. Und das ohne müssen, um einen Prätrick zu greifen und ohne, dass das Reservebudgetär von 1,6 Millionen Euro ein bisschen Urkraft gibt. Wenn wir dann nach dem Rapport vom Jahr 2019 von 16 Millionen Euro dabei rechnen und den Transfer vom Ordinär auf den Extraordinär aufrechnen, als der generelle Boni für das Jahr 2020 nach immer 7,44 Millionen Euro. Es ist wohl wahr, dass das Resultat nicht dem entspricht bei der Hoffnung beim Erstellen vom Budget letztes Jahr, aber der wir nicht vergessen, dass auch Gemeinden sich mit den Herausforderungen im Kontext von der sanitären und ökonomischen Krise und der Covid-19 stellen. Diese Pandemie hat momentan eine Kontraktion auf nationalem Niveau als Folge, was selbstverständlich auch einen Impact auf das Gemeinde Finanzen in Zukunft wird tun. Trotzdem ist es wichtig, hervorzuheben, so wie vom Herrn Bohemester schon angeschwärzt, dass generell Resetten mehr niedrig abgeschärft gehen, was die Finanzkommission nicht mehr begrüßen kann an diesen doch ungewöhnlichen und ungewissen Zeiten. Auf der anderen Seite müssen wir aber eine beunruhigende Croissance und das an der Entwicklung von den ordentlichen Ausgaben feststellen, die um 5,8% bei Rapport zum Budgetrektiv 2020 wurden, obwohl die Einnahmen nur um 4,3% wurden an derselben Referenzzeit. Auch von diesem Ekart von ungefähr 200.000 Euro nicht unbedingt ans Gewicht fällt und noch nicht 1,4% vom Budget durchstellt, rekommandieren wir aber, dass der Lebensstil von der Gemeinde am Verhältnis zu den Einnahmen so bleiben. Das zumal so low an einer sensibler Zeit und nicht wenig von unseren Mitbürger durch die schwere Zeiten müssen durchgehen. Es wird da wenigstens übrig, für die öffentlichen Ressourcen nicht sparsam zu gerieren. Die Finanzkommission begrüßt aber, dass die ökonomische Situation von dieser Gemeinde sich positiv entwickelt. 12 von den Arbeitsplätzen klimmt um 10% auf 5.118 und dasselbe erkennt den im Wohlstand von den Firmen. Die generierten Impôt Commercial Communal, also ICC, für der Krise, auch von für als Gemeinde plafonnieren ist, klimmt um 27,5% und stellt also eine wichtige Sicherheit für eine zukünftige Entwicklung dar. Wenn wir davon ausgehen, dass die ordentlichen Einnahmen für 2021 und einer gewissen Vorsicht angesagt werden, so konstatiert die Finanzkommission aber die drastische Erhöhung von den ordentlichen Ausgaben von über 7% im Vergleich zum Jahr 2019, währenddem die ordentlichen Einnahmen um 4% fallen und das in derselben Zeitspanne. Effektiv ist es so, dass die Einnahmen, die am Budget 2020 rektifiziert angedroht werden, weil 2,3 Millionen Euro niedrig sind wie die am Budget 2020 votiert werden. Das sollte als alarmant bezeichnet gehen und misst an den probablen Tendenz für die Zukunft angesehen gehen. Wenn ihr bedenkt, dass der Fonds de Dotation Globale des Communes, also den FDGC, und den Impôt Commercial Communal ICC ungefähr 80% von unseren Einnahmen durchstellen. Mais, wie von der Madame Minister aufgefordert, auch von der CNFP, also dem Conseil National des Finances Publiques, konfirmiert, beruhen diese zwei Posten auf Nationalprojektionen und makroökonomischen Faktoren, die im Moment nicht prävisibel sind. Aus dem Grund suggeriert die Finanzkommission, dass die zwei Posten, die doch wichtig sind, mit einer höheren Vorsicht geschafft gehen. Was die Gestion von den Déchets Mélangés anbelangt, weil Taxen eben die Ausgaben nur nicht decken, geben wir gerne an einem Jahr ein Resultat gesehen, im Kontext von einer möglichen Anpassung, das an der Optik für Kosten decken zu gehen. Außerdem ist zu erwähnen, dass Personalkosten kontinuierlich klimmen, gibt, dass das Kosten sowohl platzweise ein Doublement wie die Urlehre für die Pension betrifft, wie auch eine Verstärkung von unseren Services. Aus dem Grund rappelliert die Finanzkommission jede Monat aus dem Jahr für Grund für ein Organigramm kommuniziert zu kriegen. Außerdem suggerieren wir, dass gewisse Montants für die Formation continue im Bereich von der Gestion der Ressourcen humaines in Zukunft zur Verfügung gestellt gehen. Dann zum Budget extraordinär. Die Finanzkommission notiert, dass der Chefrat der Habitation von der Madame Minister Rechnung dreht und es dem Staat gleich mischt, an dem es als Gemeinde auch qualitativ Investitionen herstellt. Der Budget extraordinär ist effektiv ambitiös,
Und die Realisation davon hängt natürlich von der materieller wie auch von der personalbedingten Kapazität von unserer Gemeinde auf. Auch von Finanzement keine größere Schwierigkeiten durchstellen wird. Eine Progression von 200% von den außerordentlichen Einnahmen für die Jahr 2021 ist sicherlich auch dadurch bedingt, dass wir Subventionen und Remboursementen vom Staat kriegen für Kosten im Bereich vom Reaménagement und auch der Realisation von erschwinglichem Wohnraum oder für Junker an einer schwerer Situation. Aber diese Rezepten können noch nicht mehr rangeholt gehen, wenn die betreffenden Ausgaben noch lanciert werden. Das ist wohl wahr, dass die außerordentlichen Ausgaben 240% par rapport zum Budget 2019 rektifiziert klammen. Die Finanzkommission begrüßt, dass diese Ausgaben in Relation sind zum Ausbessern von unserer Gemengewehr auf Straßen, am Kader von Velos- und Fußgängerwehr, und am Bereich von Bushaltestellen und Bushaltestellen. Die Investitionen am Niveau von der Harmonisation an der Interkonnexion von unseren Gebäuden mit Hilfe von Informations- und Telekommunikationsmöglichkeiten, Smart Shutter genannt, und Modernisation von unseren administrativen und technischen Services sind aufgerufen und am Geist von qualitativen Investments. Vielleicht die Finanzkommission nach einmal, Finanzkommission nach einmal seine Rekommendation wiederholen, dass die Gemeinde sich soll mit Zeiten ein Zucht Facility Management zulegen, für die Gestion und das Suivi von den Investissementen zu assurieren. Bei der spezifisch Projekte belangt, konkret die sogenannten Salle de Formation polyvalente und Footballsterrain, proposieren wir, dass diese Projekt an den Programm Kanal Sportiv vom Staat geschrieben gehen. Außerdem ist das größere Investissement auch für all sportlich, schulisch und außerschulische Aktivitäten disponibel gehen. Vorstellt sich aber, weil das Investissement momentan nicht kann als indispensabel für die Ausführung vom Sport durchgehen, ob es nicht opportun wäre, für zu reportieren um eine Zeit von ihrem normalen ökonomischen Wachstum. Kommen wir noch zum PPF. Die Finanzkommission sieht dem Schafferrot Merci für die Kommunikation vom PPF während der Präsentation vom Budget und aus der Meinung, dass die Gemeinden die nötigen Mittel werden tun, für uns zu finanzieren. Es ist natürlich klar, dass die zeitliche Realisation eng verbunden ist mit einem Retour zum normalen ökonomischen Wachstum. Weil das Projekt von der Konstruktion vom Komplex multifunktionell zu Minzburg für die CG10 und CS-Gemeinden benannt, so wollen wir unterstreichen, dass so ein großes Projekt nicht ohne Risiko für den Koordinateur ist, sprich als Gemeinde. Und da rekommandieren wir, dem Schafferrot sich juristisch und technische Beistand zu holen und für sicherlich auch von Vorteil für den sogenannten Assurance de Garantie financière d'Achèvement aufzuschließen. Zusätzlich und als letzte Remarque hat die Finanzkommission bemerkt, dass der Wille besteht, für im Jahr 2022 auf einen integralen Fondsreserve budgetär zurückzugreifen, für außerordentliche Ausgaben zu finanzieren und das zusätzlich zum Willen für ein Prä abzuholen. In dem Kontext, also da ist ein Anlass für die Konseille von der Madame Minister zu rappellieren, dass Zurückgreifen über Prä momentan auf das strikte Minimum soll gehalten gehen. Das ist dem Grund für die zukünftige finanzielle Handlungsfähigkeit nicht noch zusätzlich zu belasten mit Schuldzinsen, zumal an dieser volatiler makroökonomischer Situation. Die Finanzkommission rekommandiert dass der Prä von der wirklich nötig Sinn sich exklusiv beschränkt auf Projekte aus dem Bereich von der Education oder dem Logement. Als Konklusion wird die Finanzkommission zurückbehalten, dass das Budget 2021 den vorgeschlagenen Prinzipien von der Madame-Minister entspricht, auch von einem ziemlich hohen Lebensstil von den ordentlichen Ausgaben präsentiert. Aber als Gemeinde ist momentan nicht verschuldet und die Finanzkommission ist der Meinung, dass als Gemeinde die kommende Herausforderung noch gelossen anpacken kann. Wir felicitieren dem Schafferrot und dem ganzen Personal von der Gemeinde für die akribisch, effikaz und transparente Präsentation von den budgetären Dokumenten. Vielmals merci. Voilà, ganz große Merci auch an die Finanzkommission für die Arbeit, die sich gemacht haben, für unser Budget so im Detail zu analysieren. Ich meine, wir leihen Martin ganz so Bengalin. Das ist ganz klar, Sie haben die verschiedenen Marken, die Sie gemacht haben. Wir wissen da doch, dass wir am Moment am Budget
am Anfang eine relativ hohe Steigerung haben, wie sie so von den Depensen. Ich meine, wenn in das Budget zum Beispiel vom letzten Jahr guckt, wenn ihr die letzte Budget guckt, da leihen am Rektifier 2020 leihen zum Beispiel dann wird die Depensen noch schon 4,3% mehr niedrig wie am Budget. Ich meine, Sie haben nicht gesagt, ich soll noch immer, wir schätzen all die Ausgaben hoch an, und wir schätzen die Resetten niedrig an, für wirklich nicht bei Überraschungen zu erleben. Was ganz klar ist, ich meine, was als Idee, das ist natürlich auch, dass man das Jahr eben so viel anderes hätten hun am ICC und auch bei der Dotation. Ich meine, das habe gesagt, von der guten finanziellen Situation, die die Gemeinde hat, das gesagt, die muss so viel Emploi, und da will ich aber ein sagen, wir haben am Jahr 2019 18,5 Millionen ICC an der Gemeinde generiert. Da muss ich sich mal bewusst sein, 18,5 Millionen. Davon behalten wir dann noch 2,7 Millionen. Ich meine, das ist klar, das ist die Reform von den Gemeindefinanzen. Da ist eine gewisse Solidarität zwischen den Gemeinden, was ich auch richtig fand. Aber das ist ganz klar, Gemeinden, die viel Bevölkerung haben, die kriegen eben mehr aus dem Fonds, wie eben Gemeinden, die Mannerleute haben, Manneranwohner haben, sodass so eine Aktivitäten noch von mehr Betriebe kommen, wird für die Gemeinde auf finanziellem Niveau, das bringt nichts, finanziell. Aber in einer Manier, mein Schüler, wo jeder eine gewisse Nationalresponsabilität für das über Betriebe hier am Land bleiben. Wir müssen in der Zukunft auch gucken, für da aber einen gesunden Mittelweg zu finden. Dann, ja, was die Kosten angeht, wie gesagt, ich habe nicht gesagt, als ordinäre Depensen, die Klammern, die Resetten sind bis auch immer matt geklommen. Das ist klar, bemol kommen die Resetten nicht mehr. Wir haben vom Staat gesagt, wird das Jahr, nächstes Jahr nach ein bisschen mehr Resetten an, das ist die Prognose, dass dann 2 Jahre so normal funktionieren. Wo wir dann noch hoffen, dass das dann noch so funktioniert, weil wir können, wie gesagt, als Depensen nicht kurzfristig so zurückführen, wie eben die Resetten. Und ich meine, das ist auch kein Drama, wenn das 1-2 Jahre ist, da packen wir da doch mit unserer finanziellen Situation. Und das ist ganz klar, wie wir daheim auch machen, wenn wir ein bisschen Mann racken, das spürt den. Und wir werden in Zukunft auch können spuren, ohne dass wir hier an der Gemeinde auf der Falsch fuhren, weil ich meine, wir leben eben auch auf einem relativ hohen Niveau, was eben das angeht, was wir hier leisten können. Gut, ich meine, dann hat man nach den Punkt vom Personal, das ist ganz klar. Personalkosten gehen an die Lut. Wir leihen nicht so schrecklich hoch mit den Personalkosten. Gut, wir leihen prozentual vielleicht mehr hoch wie verschiedene Großgemeinden. Mit das aber so, dass wir sind eine relativ kleine Gemeinde mit also 4.200 pro Einwohner. Wir müssen aber verschiedene Personal haben, was andere Gemeinden mit Großgemeinden eben noch müssen haben, wo die dann eben mehr groß sind, mehr Depensen haben, dass ich Prozentsatz möchte Männer aus Personal do. Wir müssen einen Urbanist haben, von einer Gemeinde, die doppelt so viel oder dreimal so viel Population hat, der ein Urbanist gut, da möchte ein Männer aus Prozente. Mit das eben einfach verschiedene Sachen, wo wir also Leute müssen bitten, können wir noch immer neue Aufgaben auf Gemeinden durch. Wir schwätzen alle von einem Paktlogement, wir schwätzen von einem Klimapakt, schwätzen wir haben einen Naturpakt, die können. Und das sind einfach Sachen, die haben wir jetzt assurieren als Gemeinde, da sind wir als Bürger auch schuldig. Dafür haben wir eben die Personalkosten, also prozentualen Undeel und den Depensen, also eben noch ein bisschen mehr hoch wie an anderen Gemeinden. Dann hatten sie nach dem Punkt von der Müllabfuhr, also vom Aufhalt, der Aufhaltgestion, wird die Kommission effektiv ernimmt. Da sind wir defizitär am Moment. Und ich meine, das ist ganz klar, wir haben ein Reglement bestimmt, wo wir auf Basis vom Gewicht gehen. Da muss man gucken, wie reagieren. Und Leute spuren sie massiv, bringt das dann, haben wir ja noch andere Resetten. Ich meine, da muss man wirklich das ganz seriös bewehren und dann gegebenenfalls muss man das auch adaptieren. So wie man das mit all den Taxen muss machen, dass man permanent auf Kosten denken bleiben, weil man da als Gemeinde auch einfach noch relativ günstig leihen, wenn es Taxen angeht, par rapport zu anderen Gemeinden. Was die Formation kontinue von unserem Personal angeht, da ist es nicht, dass als Personal keine Formationen kriegt. Die kriegen relativ viele Formationen, aber die Formationen gehen nicht wieder beim Sigi gemacht oder die laufen über den Inhalt, das ist das Kraftgemeinde nicht. Das ist nicht so, dass als Leute da keine Formation kontinue dann machen. Dann
Voilà, am Budget extraordinär ist dann noch gesagt gehen, dass wir da dann eine relativ fähige Progression haben von den Resetten an 200% mehr Resetten wie das Jahr, an 240% mehr Resetten wie das letzte Jahr. Ich meine, das ist immens schwierig an einem Budget extraordinär mit Prozentsatz zu schaffen, weil du hast ja oft so, dass, wie auch hier gesagt wird, für das Projekt, dass man Subsidien erkennen muss, ein Projekt gemacht gehen, das ist von einem dicken Projekt von einem Jahr auf den anderen gesagt wird, dann mischt das an Prozent enorm viel aus. Ich meine, da muss ich nicht mehr die realen Chiffre gucken, da muss ich Projekt für Projekt gucken, da das ja am PPF, wo man das schon gleich auch gesehen, da muss ich einen Link gehen, muss ich gucken, wie entwickeln sich die verschiedenen Projekte und da muss ich ganz klar dann auch gucken, für dass ihn dann auch Projekt dann adaptiert, den Auflauf in die Wert mischt. Dann wird Kommission als auch sieht, guckt, dass der Alkei Gestion des Swivi von all den neuen Gebäuden und alles, was realisiert, dass da Swivi mit was Nachfolgekosten sind. Da gibt es mal auf der W4 da eben noch die ganze Facility Management mal anzurechnen. Das ist richtig, das machen wir auch, wo wir nicht mehr können, weil ich meine, dass so man immer zu dieser etwas Großes abkriegt, mit für dann über 20, 30 Jahren am lang zu erhalten, das ist am Anfang, was die Kosten noch ausmachen. Die Formationszahl Fußballsterra, du hast es klar, ich meine, wir haben darüber geschwärzt, da war ja auch gesagt, wir müssen gucken, der muss nach genutzt können gehen, auch nach von anderen Vereinen. Und effektiv haben wir die auch schon seit ein paar Jahren am Budget stehen. Wir müssen es effektiv losen, wer das prioritär, wer das mehr prioritär, man prioritär. Und dementsprechend muss man gucken, wie wir den Projekt realisieren. Wir werden noch da, wir sind am Fußball da an Kontakt, da wird Martin noch weiter durchschwätzen. Dann ganz nach Remark gemacht von dem Komplex multifunktionell, halt zumindest besteht das klar, das nicht ein relativ großen Projekt, den wir da am SIAS, am CG10 mit Eis, dann wird der Nathalie UG zusammen machen. Da haben wir auch ein Projektmanagement, die sich darum kümmern. Wir hatten ein Akkordeprinzip hier gelöst. Wir werden da nach präzise Konventionen ausschaffen. Wir werden es da schon mit den richtigen Leuten umgehen, die es da beraten. Und selbstverständlich muss man ja nur gucken, dass wir da die nötigen Assuranzen haben, für dass wir die nötigen Garantien und dass wir das auch gut dann können. Ich meine, das wird man gucken, für das hinzukriegen. Dann war kurz als Kommission darüber gegangen, was den Rekurs auf den Fonds de Reserve angeht für 2022. Das ist effektiv am PPF als das vier gesehen, dass den da geholt wird. Ich meine, das klar, das wurde auch alle gelesen, das Zirkulär von der Minister, die Fonds de Reserve budgetär, den hast nicht geduld für zu holen an extraordinäre Projekte zu finanzieren. Den hast geduld für zu holen, für kurzfristig Irelo de Gomprama geht, für kurzfristig dann Sachen zu finanzieren. Aber den soll geholt gehen, wenn, da denke ich, ein bisschen lang ging, dauern in Situationen wie sowas von eben die ordinäre Sette wirklich lang ausfallen, dass ihn ein Dürfje hält, für dann auszugleichen. Und das ist auch so, dass der Gemeinderat der Nowert müssen dezidieren, was mit dem Fonds de Reserve geschieht. Also das lohnt nicht, ich meine, hätte die Kinder am PPF nach einem Emprunt dabei sitzen und der Fonds de Reserve stehen lassen, was sich auch nicht unbedingt Sinn möchte. Ich meine, kann ich nicht einfach so, nur mal der Fonds de Reserve noch an der Baumeis ein Schwamm macht. Das soll nicht sein, das werde doch nicht sein. Ich meine, das wird der Gemeinderat schon dem Moment so handhaben, wie das sich gehört. Wie gesagt, für den Rest, wir sind uns der Situation bewusst, dass wir nicht können Land weiterführen. Ich meine, hängt wirklich alles davon auf, was am Landteil geschieht, wie es weitergeht. Am Moment, wie gesagt, wir Chiffre kriegen wir ja vom Ministerium der Landteiler, wir erfahren das schon nicht mehr. Die Regierung gibt ja viel, was wir sollen ansetzen, dann als PPF, noch was wir ein Budget angesagt haben. Du hast ja aber einen gewissen Optimismus da. Ich meine noch den Impôt kommerzial, den also nach rankommt, Betriebe laufen, die Wirtschaft lebt, man muss ja gucken, wie das sich entwickelt. Und immer Kiviv sind, ich meine, wir werden das schon geriert kriegen. Voilà. Wie gesagt, ein ganz große Merci und Kommission, und wir werden hinten den Organigramm, wir hatten den Morgen nach intern Räts, wir werden jetzt am Januar zusammensetzen, das Organigramm an alles à jour setzen, da wird man im Gemeinderat die neue Version auch schicken, und selbstverständlich dann noch der Finanzkommission an. Da müssen wir wirklich gucken, wo wir hinkommen, was wir am Endeffekt für Personal haben, was für unsere Aufgaben sind. Auch da muss man das strukturieren, weil wir können noch nicht unendlich Personal erstellen, wenn wir keine Organisation haben, hilft das auch nicht mehr. Wie gesagt, wir haben ein properes Organigramm, wir werden die letzten Jahre abgestellt, aber wir werden den noch. Voilà, so viel dazu, dann gebe ich so den Durch, weil Gidrin zum Budget etwas so.
Da gibt mir der rein noch schwätzen. Ich gebe proposieren, dass wir dann am Nora aufhängen und dann der Jam des herrscht, dass dann nur Männer gegen schwätzen. Und da gebe ich dem Nora als ich. So, guten Abend. Also 2020 war ja ganz speziell Jahr und das spiegelt sich natürlich auch am Budget zurück. Die ordinäre Sätten waren man erhöht für die Jahre 4 und das Budget rektifié weist matt, dass nicht alle Depensen gemacht konnten gehen. An den ordinären Depensen machen Personalkosten bald 1/3 vom Total aus. Mit diese Ausgaben sind durchaus berechtigt, weil wir qualifiziert Personal brauchen, für die steigende Einwohnerzahl, wir auch zukünftig die Vieren optimal zu meistern. Und an dieser Corona-Krise wird uns Personal bewiesen, dass sie reaktiv und effizient sind und sich schnell und die neue Situation anpassen konnten. Und dafür will ich Ihnen auf dieser Platz ein ganz großes Merci sagen für alltägliche Arbeit und ihren Ersatz. Solidarität ist in dieser Krisenzeit auch groß geschrieben gehen. Und wir probieren, den vulnerablen Leuten, so gut es geht, zu helfen. Dabei könnt, dass wir einen Integrationsplan, den Lo auch auf dem 3. Alter ausgebreitet wird, ausgeschafft haben. Leider konnten wir krisebedingt nach keine großen Aktionen starten, weil ein direkter Kontakt gemieden ging. Mit 2021 werden wir all die Aktionen nachholen und noch dafür sind die Depensen am Budget 4 gesehen. Trotz dem schwierigen Umfeld ist das ein Budget von der Kontinuität. Und wir werden an unsere Projekte festhalten, also auch unsere Responsabilität an dieser Krise assurieren. Dafür halten wir die extraordinären Depensen hoch, für die Investimenten und Maßnahmen zu garantieren, mit dem langfristigen Ziel, unsere Umwelt so gut wie möglich zu schützen und eine gute Lebensqualität und alle nötigen Services für uns Bürger zu garantieren. Das spiegeln sich an den Depensen, die vorgesehen sind für den Kauf von Terrain und Häusern, für den sozialen Wohnungsbau oder die Lokation von jungen Leuten und Familien. Wir auch am Ausbau von dem Schulcampus, der Maison Relais, der Crèche und einer Schulschwemme. Des Weiteren an der Mobilität dus, die auch ganz wichtig ist, wird ein Verkehrsberuhigungsmaßnahmen investiert. Sie wird an der Rue de Neuhäuschen oder an einer Drischstation bei der Schule. Weiter wichtige Depensen sind vorgesehen für den weiteren Ausbau von unseren Fußgänger- und Velosphäre, wie zum Beispiel den zwischen der Gare und der Aktivitätszone, zwischen der Rue de Carnisch und Rue de Bayern, und der Autobahnsbrücke zwischen Minzburg und Niederranven, sowie Dullen und die Tüte von neuen Velos- und Fußgängerwegen, wie den von der Kleinderenanlage an der Katebusch oder langs Steisebun von der Nummer 126 Rue Principal op Gare an eng méiglech Velospiste Minzbech-Heienhaf. Fußgänger iwwerwehr, die ginn all nei belicht an all Bushäusercher ginnen at Lupp geholl, a falls neidech frisch gemach. Velostänner soll noch iwwerall gesat ginn, do wot neidech a méiglech ass. An dës die nëmmen e puer Beispieler. Subventionioune fir Veloen, E-Biken a Luetstationioune sinn agefauert ginn. Am Budget können uns Umwelt natürlich nicht zu kurz. Ein großer Sprung in Sachen Umwelt wird uns Gemeng auch dank unserem neuen Umweltverantwortlichen gemacht. Hier nur zusammen mit unserem engagierten Service Technik, dem SIAS, unserem Klimabüro, dem Vierster, mir auch. An das Zusammenarbeit ist ganz wichtig, erleiden wir auch besonders im Herz, mit der Landwirtschaft und unseren Bauern, viele Mesuren in Sachen Schutz von unseren Wasserquellen, dem Artenschutz und Biodiversität und pestizidfreie Pflanzen umgesetzt. Auch hier will ich all den Akteuren eine große Merci sagen für die gut konstruktive Zusammenarbeit, weil nur wenn wir alle nämlich den Strang ziehen, können wir viel im Bereich Umwelt- und Klimaschutz erreichen. Des Weiteren sind wir nicht nur ein Klimapakt gemein, wir seit diesem Jahr auch ein Fairtrade gemein. Im Jahr 2021 werden wir aber nicht stehen bleiben. Wir uns den neuen Challengen, wie zum Beispiel der Reiche von der 65% Zertifizierung an sogar mehr, dem Setzen von den Schutzmaßnahmen an unsere Quellenschutzzonen sowie am Interesse vom Klimaschutz stellen.
Mam neuen Unfallgesetz wird mir durch die Verwiegung op de Weg vom Pollueur Payer gehen, also die Leute encouragieren zu recyclieren, reutiliseren, also die Kreislaufwirtschaft weiterzutreiben. Und an dem nämlichen Etat d'Esprit werden wir den Ausbau vom neuen Ressourcencenter unterstützen und weitertreiben. 2021 gibt viele Projekte an Angriff geholt, die mir im Herz liegen. Wichtig sind, ganz an der Linie mit diesem Programm an unseren Ideen stehen. Dafür soll 2021 nicht gespurt gehen, mit uns finanziellen Mitteln sollen responsabel an Zukunft investiert gehen. Und genau dafür stimmen wir dem Budget zu. Merci. Merci Nora. Da gebe ich das Wort Nico, gut, dann du. Ja. Zeiten sind im Moment leider nicht ganz flott. Der Virus ist hartnäckig, unbarmherzig. Ich erinnere mich, wie wir vor 10 Jahren mit René Hellers, dem Kollegen aus dem Schäferrot, den uns leider viel zu viel frei letzte Woche verloren hat, das Budget diskutiert haben. An dem uns vor 10 Jahren hat keiner gelebt, dass das ging antreten, was wir seit dem Monat März hier am Land und an der ganzen Welt erleben. Der Virus stellt eine Herausforderung durch für uns Gemeinschaft, aber besonders für uns Schüttergemeinschaft. Als Politiker haben wir die Pflicht, nachzudenken, an zu handeln, für die neuen Herausforderungen zu meistern, Lösungen für die neuen Probleme zu sichern. Die Krise hat gewiesen, dass spontan Solidarität kann entstehen. Wie Beispiel an unserer Gemeinde. Freiwillige Kommissionen für vulnerable Personen gemacht, sind nach immer bereit, das zu machen. Ich weiß sogar, dass Personen oder mindestens eine Person hier in den Tisch aktiv mitgeholfen hat. Und ich so ein Chapeau für sie. Die Corona-Krise hat auch gewiesen, dass Gesundheit von dem Einzelnen, wenn sie stärker ist, ein wichtiges Waffe gegen den Virus durchstellt. Die Krise hat auch den Beweis geliefert, dass da viel mehr wie wir drun von daheim aus können effizient schaffen und nicht müssen all da am Stau stehen, für auf ihr Arbeitsplatz zu kommen. Aber leider, ich stehe mal die Maske aus, da geht es mir einfach. Aber leider, wenn es der Krise, leider bangen Betriebe aus der Gemeinde Schütter um ihre Existenz, Leitfährten, die Arbeit zu verlieren. Wie kann ein Gemeinde da helfen? Als Demokratische Partei sind wir der Meinung, es soll in einem Budget einen gewissen Montant anschreiben für an dramatische Situationen von einzelnen Leuten, von einzelnen Entreprisen oder Vereinen punktuell zu helfen. Ja, punktuell helfen zum Beispiel ist so zum Beispiel noch ein Kriterium, wenn die Regierung etwas gibt, lädt die Gemeinde etwas Kleines bei. Noch ein Modell, den die Gemeinde anwendet, wenn sie Subsid für ein Pedelec verdeelt, bringt den Acheteur von einem Pedelec den Beweis, dass er ein Subsid vom Staat kriegt, von der Regierung kriegt, da kriegt er noch etwas von der Gemeinde. Für was soll die Gemeinde Schütter so einen Akt von Solidarität machen? Weil sie finanzielle Reserven hat, von rund 14 Millionen Euro. Die 14 Millionen, wo kommen die her? Die kommen von den Steuern von den Betrieben, die Steuern, die Privatpersonen bezahlt tun. Aber weil sie die Steuern bezahlt tun, könnt uns Gemeinde, uns Schüttergemeinschaft sich biselo vieles leisten. Dafür meint DP, dass ein Gest vis-à-vis von denen, die biselo für uns da waren, an lo durch Krise am Rehstehen ubrucht wir. Ich hatte wieder gesagt, dass ein guter starke Gesundheit ein wichtiges Waffe gegen den Virus durchstellt. Weil also die Gesundheit von unseren Mitbürgern also wichtig ist, schlagen wir als Demokratische Partei vor, dass die Gemeinde 2021 ein Gesundheitswoche organisiert. Nach dem Vorbild von der Mobilitätswoche. Ein Gesundheitswoche, während der Konferenzen, Motivationskampagnen, aber wie immer Abweichungen von neuen Realisationen können stattfinden. Sie sind bestimmt mit mir d'accord, dass die Mobilität, das heißt am Velofahren für all diese Deplacements zu machen, einen positiven Effekt
auf Gesundheit kann hun. Dafür ist es dringend notwendig, dass ein Konzept von duser Mobilität an unserer Gemeinde abgestaltet wird. Mit technischen Plänen, mit einem Kalender für die Realisation von den Infrastrukturen und mit Klarheit über die Finanzierung. Die DP hat das in einer Motion für uns 2 Monate gefordert. Motion, die leider von der Partei von der Schötterbierger, LSAP an die Grünen verworfen wurde. Eine Motion, die an unseren oder an den Art von der Demokratischen Partei mehr wie je Sinn mischt. Es geht nicht durch, Veloständerin aufzustellen, Subside für Pedelecken zu geben. Wir brauchen Wege, auf denen ich sicher mit dem Velo fahren kann. Wir haben an unserer Gemeinde ein großes Problem mit dem Straßenverkehr. Der Stau von langen Autoschlangen an der Spitzenstunden an der Rue Principale, ein besonderes Problem auf der Kreuzung von der Rue Principale zu Minzbich mit der Rue de Bayern, also beim Café de la Gare. Es staut viel, wenn die Eisenbahnsbarriere zu ist, an die ist oft so, ungefähr 100 Mal pro Tag. Die Barriere ist auch eine Gefahrenquelle. Ob Eisenbahnsbarriere sich schon schwere Accidente geschieht, ich kann davon témoignieren. Und nicht davon zu schwätzen, wenn die Barriere gesteuert ist, was Verkehrsteilhaber da mitmachen. Wie schon letztes Jahr schlug ich nach ein Kehr 4, dass wir am Budget ein Posten 4 gesehen für eine Etude der Faisabilité unzustoßen, für die Barriere durch die Passage inférieur zu ersetzen. Ich habe mich ein bisschen mit dem Sujet beschäftigt, mit einem Spezialist darüber geschwärzt, und ich bin mehr wie fester Überzeugung, dass genügend Druck ausgeübt wird, auch richtig argumentiert wird, dass dann eine technische Lösung gefunden gehen. Ich weiß auch, dass das Verkehrsministerium an Eisenbahn mittel- und langfristig so viele Barrieren wie möglich aufschaffen, sodass sie von der Seite mehr wie Unterstützung finden. An technische Lösungen gehen nicht immer. Es braucht nicht zu gucken, wie die Passage inférieur zu Wahl vorausgesagt. Geht ich da ein gucken, den an einen Kreis unter die Schienen durchgeht, wie eine Achterbahn. Dafür mache ich mir keine Sorgen. Zumindest kann eine technische Lösung gefunden gehen. Ich proposiere also, dass ein Montant an das Budget abgeholt wird und dass der Chefrat unverzüglich Kontakt mit dem Ministerium mit der Eisenbahn abhält, für ein Projekt auszuschaffen. Ich habe wieder gesagt, die Krise hat den Beweis geliefert, dass ich noch von daheim aus kann effizient schaffen. Dafür brauche ich einfach eine performante Internetverbindung. Nun aus den Erklärungen von Herrn Stein während der letzten Gemeinderatssitzung als Antwort auf eine schriftliche Frage von der DP verstanden, dass noch nicht viel steht mit dem Glasfasernetz an unserer Gemeinde verbunden sind. Und nicht von den Avantagen vom Hochgeschwindigkeits-Internet können profitieren. Es sind wahrscheinlich die Gemeinden, die sich bei der Post am meisten ersetzen und am besten argumentieren, die am besten serviert gehen. Das ist leider so immer am Leben. Dafür proposieren wir als Demokratische Partei, dass in am Budget ein Posten 4 gesagt, für zusammen mit der Post eine Etude zu realisieren über die Planung vom progressiven Anschluss von allen Haushalten und Glasfasernetz. Ich komme nun auf Personalkosten zu schwätzen. Die Finanzkommission hat nach all Jahren auf die grosse Steigerung vom Personal effektiv hingewiesen. 2015 hat die Gemeinde Schötter hier Aufgaben mit 35 Mitarbeitern bewältigt. Für 2020 hat sie da 43 gebraucht. 23% mehr Personal, während die Population an demselben Zeitraum nur mit 14% gewachsen ist. Zu dem Personal kommen auch Chômeurs à longue durée, die Gemeinde beschäftigt, nicht billig bezahlten Facility Management an Überwachungsservice von Privatfirmen und Campus Scolaire, sowie Leistungen vom Klimaberater, vom Quellenschutzkoordinator und an der Zukunft wahrscheinlich noch von einem Naturberater, einem Logementsberater, wie der Regierung vorschwebt. Personalkosten machen 2020 32% von den gesamten ordinären Kosten
von der Gemeng aus. Das ist ein enormer Schiffer. Ein Vergleich mit anderen Gemengen, den die bestimmt nicht vorwerfen kann, sie gehen schlecht funktionieren. An der Gemeinde Niederrhein machen Personalkosten, das habe ich in der Zeitung gelesen, an der Note, die nicht an der Zeitung geschrieben hat, die sitzt da eine Nummer um dich, machen Personalkosten 24% von den ordentlichen Ausgaben aus. Bei uns sind da 32. An der Gemeinde Marmach machen Personalkosten 26% von den ordentlichen Ausgaben aus. Das sind an den zwei Gemengen 6 bis 8% Männer wie zu Schütter. Aber bei rund 13 Millionen ordentlichen Ausgaben von der Gemeinde Schütter machen das 780.000 bis 1.040.000 Euro pro Jahr. Und ob 10 Jahre zwischen 7 und 10 Millionen. Mit diesen 7 und 10 Millionen könnte man Verlospisten, Schulinfrastrukturen, Services für die Bürger finanzieren, wie andere Gemeinden das machen, weil sie eng strikt Personalpolitik betreiben. Lilian Ries, der Serge Eicher und der Jem Kaufmann von der DP-Fraktion werden noch mehr auf eine Reihe wichtig anderer Aspekten von den Konten 2020 und dem Budget 2021 eingehen. Dafür gebe ich mich auf die gemerkten Aussagen beschränken und zum Schluss dem Chefrat und noch dem Personal von der Gemeinde merci so für die professionelle Präsentation von Dokumenten. Ich weiß aus Erfahrung, wie viel mehr es kostet, alle Elemente zur Zeit zu liefern. Merci auch der Finanzkommission für ihre gut artikulierten und fundierten Avis an dem Andy Kieser, den wir für drüben am Film gesehen haben, für seine Flottpräsentation über Video von dem Avis. Merci. Voilà, merci für die dort Remarken. Ich will dann aber kurz darüber eingehen. Ich meine, die Vorschläge, ich meine, das richtig Krise, die hat am Moment einen gewissen Impact auf die Finanzen vom Staat, auch von den Gemengen. Ich meine, die froh als DP, dass wir sollen die Betriebe an der Gemeinde helfen. Da sind auch verschiedene Gemengen, die da Bonnen ausgedeelt haben. Wir haben noch über verschiedene Sachen nachgedacht. Sind aber der Meinung, dass das allererst die Aufgabe von einem Staat ist, von einer Regierung, sich zu kümmern. Ich meine, da sind Ministerien, die haben allmählich Maßnahmen geholt. Das ist auch ganz schwierig, für Betriebe subventionieren, denen du siehst, dasselbe zu geben wie du Staat, da haben wir auch hier und müssen zurückbezahlen. Das ist ganz einfach an den Raum gesagt, so mehr subventionieren als Gemeinde sollen wir den Betrieben helfen. Das ist aber nicht so einfach, wie das hier den Durchschlag gemerkt wird. Weil wir hatten noch die für das in der Leute gibt, Kado, GFA kaufen zu gehen, und GFA kaufen zu gehen. Wo wir aber gesagt haben, dass genau die Geschäfte, die Ankaufszentren, ja aber gut gelaufen sind. Lo mehr verdienen am Fond, wo die Restaurants so sind. Ich meine, da muss ich ganz vorsichtig sein. Wir haben auch nicht Moyen, da dort alles an dem Sinn zu machen. Ich meine, wir werden als Gemeinde probieren wir haben wir die Bonnen ausgedeelt, für Essen zu gehen, die wir den näher Leute gehen, haben wir gesagt, wir unterstützen Restaurateuren in der Gemeinde, die Menge noch die sind, die wirklich am meisten gelitten haben. Für den Rest, wie so also dem Staat seine Aufgabe, der Staat soll da machen, gibt das mehr als Gemengen her noch anderes hätten und ich meine, das ist ganz klar, nicht unter Gemeinde für da auf die Weg zu gehen. Das ist eine gute Gesundheit, das wäre wichtig. Klar ist das wichtig, das wissen wir. Ich meine, guckt, was haben wir die letzten 3 Jahre Sportkuren organisiert. Wir haben dafür gesorgt, dass massig organisiert wird, all die Kuren, dass die online weitergeführt sind, dass die Leute sportlich aktiv geblieben sind. Wir organisieren all Jahr die Journée du Sport. Ich meine, es lebt so viel hier an der Gemeinde für die Gesundheit von den Leuten, für das die Leute aktiv bleiben. Wir machen Spazieren, wir wandern, wir schaffen. Also es gibt wirklich so viele Geburten und ich meine, in der Schüttergemeinde leidet bestimmt nicht, dass die Leute nicht hier sollen gesund bleiben. Ich meine, schon einfach gut kein Problem, dass zusammen mit der Familienkommission, dass man da gucken, für vielleicht ein so eine Informationspolitik zu machen, wo ich da kann informieren über Gesundheit und so, was die noch für die Leute vom dritten Alter machen. Das meine ich, das ist eine gute Idee, die werden wir mal auf den Weg holen. Und dafür sind an unserem Budget übrigens auch problemlos genug Kredite dafür gesehen. Da kommen wir natürlich immer auf das ganze Konzept von der Mobilität aus. Ich meine, ich verwirre mich energisch dagegen, dass wir halt konzeptlos gingen schaffen.
Ich meine, wenn ihr gesagt was von Wehren steht, lo hast du weh ausgeschrieben, von Schütter ob nicht dran werden. Wir haben ein Haus gekauft, können die Lomo lasst, Deisebund dann ja nur aus der Rue Principale abgehen. Wir sind am Gangen, mit einem Promoteur zu gucken, für das in aus der Rue du Verger bis bei Schulken. Da haben wir einen Terrain gekauft, für eben noch die Liens möglich zu machen. Das in Herno kann effektiv Handelhäuser bis auf Dinge kommen. Wir haben zwar Schritte wehe, die Jahre lang, wo es geschieht, dass die Mirlo die blockiert an den letzten Jahren, für das das 4 geht, Tisch als Schritte anniversieren. Du könnte weh von der kleinen zu dann leer, wie es an der Karte bist. Fällt weh, mensch, gemerkt. Keiner ist so, wir hatten kein Konzept, wir geben einfach Veloständerinnen darüber abstellen, machen wir nicht. Wir sind am Gange, eine Analyse zu machen, das läuft. Dafür haben wir als Umweltresponsable heute ganz detailliert Löwe als Lummel gemacht, die von aller Bushäuser. Da werden wir gucken, wo können wir Veloständer machen. Wir gucken am Kader von der Reorganisation vom RGTR, für Buslinien optimal benehmen aufzustimmen, für überall Bushäuser zu holen. Ich meine, geschieht immens viel und soll ich nicht machen, wie wir hier konzeptlos an Planking schaffen. Ich muss so, wir haben immens viel erreicht, die letzte Zeit, und das ist einfach, du kannst ja behaupten, was ich will, aber es geht richtig viel rund. Und ich meine, was dann hier Sache von der Kreuzung geht. Ich meine, für ein paar Jahre haben wir die Luto abgerichtet, da haben wir diskutiert, die wegen Unterführung. Ich meine, die Zeit, Nico, was du bei ihm möchtest, du hast die beste Relation, keine bessere Relation mit der CRL, wie du. Und ich meine, damals haben wir die Sache diskutiert, und da hat sich herausgestellt, dass das nicht möglich ist. Und ich meine, wenn ihm, den man für 14 Tage gezählt hat, wie schlimm das ist, wenn man den großen Blick an Dörf bauen, wenn man eine Idee könnt, für an Dörf so eine Unterführung zu bauen wie zu Wolfen, ganz Dörf abzurappen. Eine einzige Katastrophe gibt das gehen, für Wert, für das die Leute von der Mosel noch ein bisschen mehr an den Staat können fahren. Durch ein Gemeng, dass sie von allen Seiten am Meer durchkommen, an Mobilität durch nicht holen. Ich meine, das wäre echt kontraproduktiv. Ich will aber so, mir sieht ein Gespräch mit der Eisenbahn, ich habe gleich schon gesagt, die Eisenbahn wird eine Unterführung machen, sind wir am ganzen Plan, eine Unterführung für die Fußgänger wie für Robert Schütter. Und sie haben es gesagt, sie sind interessiert für alle die Unterführungen, also für alle guten Übergänge auf der Bühne weg zu machen. Das leid ihnen nur mehr. Sie haben es auch gesagt, dass es heute zumindest praktisch unmöglich ist. Und soll ja nicht mehr, wie wenn das einfach von mir 3 Briefe ging schreiben, dass das möglich wird. Das gibt mega Lach gehen. Und stell dich mal vor, wenn man da müssten, wie viel man da muss rundherum drehen, für auf den richtigen Niveau zu kriegen, die Probleme mit Wasser. Also ich meine, soll ich nicht machen, wie wenn da der Chef nicht mal im Stand für da einen kurzen Brief zu schreiben, wenn ich klift so eine Unterführung an der Kimme se gelaufen, da ging es sagen, das ist nicht der Fall, und da können wir hier Kredite an Budget, also so viel, wie wir wollen. Und sollte man ein Projekt haben, den zu realisieren, wir meinen, dass wir mir die Last, die nicht gingen, da als Nobulus beidrohen, und da kriegt man die nötigen Kredite dann auch freigestellt. Da kriegen wir halt gesagt, Sachen Internet, das ist nicht gelaufen. Die Leute, die mit der Post müssen schwätzen. Ich meine, noch ein Bäumeister hier, und das ist nicht so lange hier, den hat die beste Relation, den hat auf der Post geschafft, den hat jeder gekannt. Ich meine, wir haben mit der Post geschwärzt, aber wenn das auch da so einfach wäre, hat die überall Glasfaser leihen. Und das ist auch nicht so, dass kein Glasfaser da immer leid. Ich meine, die Leitkabeln, teilweise da, kleine Genen da immer, mit Post, also kommerzieller Betrieb, an Post muss die Läche abmachen und die Leute ausschließen. Und das nicht in der Schütter Gemeng, für die Post Läche abmachen zu gehen, da den ich von mir gesagt habe, wo wir Reservegenen haben, die könnt ihr nutzen. Das ist ein Entgegenkommen. Ich meine, das in der Post als privaten Betrieb für ihre Raison zu machen. Ich meine, wir noch eine Altrone haben. Was sind Altrone? Da, wenn wir der Post überall darüber Lächer machen und gehen ziehen. Ich meine, das ist ganz klar, der Markt als da, Post und Altrone sind hier für die Raison zu lehren und hinten das zu machen. Und da können wir hin just roden zu machen. Das ist klar, sie lehnen nicht. Ich meine, sie sind auch überall am Gang. Post, gleichzeitig sind überall noch schnell im Internet. Und Postmensch geht aber als alle Recht doch als kommerzieller Betrieb, wie wir da doch gingen machen, mal auf die Platz zu schaffen, wo ein Maximum Leute können geschlossen gehen. Und da sind vielleicht einfach Straßen, wo da viel muss investiert, die für nur 10 Häuser runterzuschließen, da mussten die noch ein bisschen werden. Wir sind mit der Post am Kontakt. Wir haben ihnen als Hölle Wohngebäude, wir haben eine Interview mit ihnen, das Herrscher Dorlo Martinen aufgemacht, das wir so noch ein gesehen. Und schon übrigens auch nicht teuren von Leuten, dass sie wirklich noch nicht konnten am Homeoffice schaffen, weil zu Schütter wirklich den Internet nicht gut für. Weil ich meine, hier sind wir nach verwindet, wenn ihr da guckt,
wie es auf anderen Plätzen dann so auflief. Von der Personalkosten, ich meine, du hast just genau das bestätigt, was ich für Druck so tun. Personalkosten bei uns liegen hoch, 32%. Du hast man natürlich auch noch die Fried gemacht. Du hast genau die Gemengen zitiert, von was ich gesagt habe. Eine Gemenge dran, die doppelt so groß ist. Eine Gemenge Mama, die praktisch mehr wie doppelt so groß ist wie Schütter. Da liegen genau die Prozentsätze, da liegen die man Personal, mit die haben mehr Personal wie mir. Haben natürlich mehr Anwohner und dadurch haben sie natürlich auch mehr Prozente von ihren Depensen, von ihren ordinären Depensen, die an Personal gehen. Wir müssen aber Service bieten. Wir können aber nicht so, wir spüren um Personal, weil die erst die Jäize kommen, wenn es nicht läuft. Ich meine, wissen wir ja, wie das. Und ich meine, wir können dem Personal spuren, für dann Leute zu Rhythmen nach Hause und da mitteln ab. Wir haben Personal, ein Minimum von Personal, das wir brauchen. Ich meine, das kein ob der Gemeinde, die nicht von morgens bis abends schafft. Die Leute gehen Gas. Und es sind so viele Sachen, die noch abstehen, die müssen abgeschafft gehen. Weil man eben an der Vergangenheit mit viel mehr Leute geschafft hat. Viel besser gewesen, man hätte schon viel echter das nötige Personal angestellt. Und plötzlich dass immer Diskussionen gefordert gehen über Personal. Gemein als da für zu gerieren. Eine Verwaltung sind wir. Und wir sollen Datei verwalten. Wir sind nicht da für Luxus an Dometen auf Feste zu organisieren. Wir sollen das machen, wenn wir Zeit tun. Ich meine, als prioritäre Aufgaben, Sicherheit von unseren Bürgern, die Alimentation, als ganz Raison an der Reihe halten. Und dafür brauche ich Personal, dafür brauche ich qualifiziert Personal, immer mehr Personal. Weil wir können Ablehren vom Staat, von allen Seiten und die meist zu halten. Und wenn wir etwas darüber bauen, Genehmigungen vom Environnement, Genehmigungen links, rechts, ich meine, und das ist alles, das kostet Arbeitskraft, die Leute haben natürlich auch, die schaffen leider alle nicht 8 Stunden den Tag. Das ist nun mal so, und wir haben nicht mehr Personal, wie wir es brauchen, und wir werden auch weiterhin das Personal erstellen, was wir brauchen. Und übrigens, machen wir das ja nicht an unserem Interesse. Wir machen das am Interesse von der Allgemeinheit, wir machen das am Interesse von allen politischen Responsablen, die in Zukunft um den durchsetzen, die in Zukunft die Geschicke von der Gemeinheit muss leiten. Das ist am Interesse von der Allgemeinheit, weil wir haben nichts davon, ob wir 2 Leute mehr haben oder 2 Leute Männer. Ich meine, wir sitzen Stunden auch auf der Gemeinde. Das ist gut nicht, dass wir da auch nichts futtieren. Ich meine, wir sind am Gang, die Gemeinde für die Zukunft fit zu machen. Da gehört Personal dazu, da gehört gut Personal dazu. Und ich habe nicht für Druck gesagt, gut Personal kostet, und du schaffst nicht mehr gut mit den Leuten. Und auch all das, was abgezählt wird, als Facility Manager brauchen wir auch, weil da sind wir auch, weil wir da schon alles an die gelegt und bewegt haben, dadurch, dass wir die Facility Management tun. Was Jung Schumer nun geht, Mensch, auch als Verpflichtung, junge Leute zu holen, denen eine Chance zu geben, Leute, die am Arbeitsmarkt keinen Platz mehr fanden, die auch mal in der Dach zu holen. Die Leute kommen bei uns, schaffen verschiedene, die sie glücklich, denen ihr Leben hört, mal im Sinn, die stimmen uns ab. Ich meine, das sind Verpflichtungen von der Gemeinde. Und das soll ja noch nicht alles an derselben Stippe gehen. Ich meine, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir haben noch Bedarf. Wie gesagt, ich bin mit allem d'accord, ich kann mir aber nicht d'accord, dass wir hier gestaltet gehen, wie wir mir wirklich egal was gegen Opfer in Geldfenster rausgingen, gefeiert kein Konzept hätten, damit kann ich nicht auferstehen, sind werde ich auch nicht. Und wie gesagt, bis 4 und 3 Jahre muss ich euch so was DP auch noch an der Verantwortung. Aber wenn ich das tote Lohe, wie der Lohe präsentiert, ging das so schon, ich meine, dann müsst ihr aber alles da bestens an der Reihe gewirrscht sein. Und dann gibt man die Diskussion halt nicht feiern. Ich meine, wir zählen leider aber nicht egal, was für Geschichten haben. Gut, den ich gebe da dem Sergewort für Nico, ja. Ich will aber just Stellung holen zu einer Kritik, die von dir kommst, DP an ich und so weiter. Wir wären lang Puffer gewirrscht, das ist richtig. Ich meine, Jean-Paul, und das muss dann noch ein gesagt gehen, du warst auch seit 9 Jahren an dem Chefrat dabei, oder die letzten Jahre als Boemeister, für du als Chefin. Ich meine, wenn du Sachen nicht gemerkt sind, dann kann ich nicht sagen, dass du keine Co-Responsabilität hast. Und ich meine, das ist schlecht, für immer nicht mehr sich zu gucken, was du nicht gemerkt hast. Wir haben nicht sich geguckt, wir haben geguckt, was soll gemerkt werden, der Tote wo konstruktiv Vorschläge, all konstruktive Vorschläge, den eine Änderung nur sich soll zeigen, den bedenkt, dass das, was für drüber muss angepasst werden. Und dafür ist das keine Kritik gewesen, das war konstruktiv Vorschläge, die mir gemerkt haben. Das soll alles als Kritik durchgestalten, das kann ich leider nicht akzeptieren. Na, ich gehe nicht so als Kritik vorgestellt. Die Vorschläge
die wir schon lange diskutieren. Ich meine, da sind ja gar keine neuen Sachen. Ich meine, wenn ich schon 3-mal diskutiert habe, die wegen Unterführung zumindest, dass ich 3-mal gesagt habe, das geht nicht, dann ist es nicht viel rum, beim Budget einzusagen, das muss ich einfach machen. Am Anfang so, wie wenn wir das alles nicht gemacht haben. Ich meine, ich war auch am Chefrat für drin dabei. Ich meine, wir haben immer gesagt, wir müssen mehr Leute aufstellen. Das ist nichts Neues. Wir wollen uns alle ewig nicht bewusst für das. Wir sind auf einem normalen Weg. Wir machen nichts Ähnliches, wie wir das vor Jahren noch gemacht haben. Wir gehen genau das, wir gehen noch hier. Wir wollen aber nicht immer dieselbe Geschichten erzählen, aber immer Leben zu tun. Wir gehen konzeptlos schaffen, wir hatten Mobilität, keinen Plan. Das können aber so ein bisschen rüber, wenn die DP nicht die Emotionen stellen, die wir dann noch verwerfen. Ich meine, komm, wir sind effektiv, konstruktiv, aber dann aber auch real, und wir suchen nicht Sachen, die meiner Meinung nach aber nicht die Leute draußen aber nicht zählen, wie wenn hier Lobemol alles neu gemacht wird. Wir wären nicht wie ich gehört. Wir machen das schon mengenisch, wie es soll sein. Wir gucken an Zukunft, genau dafür stellen wir auch die Leute an. Ich meine, wir machen die letzten Jahre so nicht, ich finde nicht gesagt, wir mussten die Gemeinde fit halten und fit machen für die nächste Zeit. Du hast selber gesagt, kommen Zeiten sind nicht immer einfacher, wie sehr durch, zum Beispiel durch den Virus, aus der Bundenheit geht viel flexibler, muss bleiben. Aber wie gesagt, das wird noch schon gesagt, das geht nicht mehr mit guten Leuten, gutem Personal. Und dafür hat die Gemeinde das auch gut gemischt, weil wir aber auch gut abgestattet waren. Voilà, Serge, da gebe ich dir das Wort. Anhand von der folgenden Motivation, weil ich all gut hier am Saal an den Nogucken auf den sozialen Medien, da wahrscheinlich dann noch Membern von der Finanzkommission, die ursprünglich sollten über Videokonferenz zugeschaltet sind. Nur lehnen, dass wir als Majorität trotz der aktuellen ein bisschen manner favorabler Finanzsituation hier am Land weiter noch viel gucken. An Finanzen, die uns zur Verfügung stehen, weiter zukunftsorientiert, wirklich zukunftsorientiert und auch nachhaltig gerieren. Am Januar 2018 gouf vom Bürgermeister ein Kommunikationskonzept präsentiert. Das wird mittlerweile auf ein Maximum umgesetzt, wie dadurch damals annonciert war. Deliberationen, Reglemente und generelle Informationen gehen transparent und Anwohner und an Lokalpolitiker sieft dat iwwer de klassische Weg per Courier, Gemengeburt, Flyer oder mat innovativen Mitteln iwwer den digitale Weg mittels elektronischer Mail respektiv Online-Publikationen op den Netzwerk, op de sozialen Netzwerke übermittelt. Des Weiteren hat den Chefrat am Freijahr annonciert, Gemengerotssitzungen no der Sommervakanz live am Internet zu verdoen. Auch das gouf, wie versprach, mit den technischen Moyens, die gestimmt gesehen, an Zwischenzeit umgesetzt. Für das Kommunikationsmoyen waren auch für 2020 schon ein Monat von 180.000 Euro am Budget 4 gesehen. Für 2021 geht die Dépense ordinär von den Marketings an den Publizitätskosten liegt 20.000 Euro herab. Es soll ja auch schließlich weitergehen mit einer transparenten und modernen Kommunikation. Ich komme dann nur auf die Personalpolitik zurück, die heute so stark kritisiert wird. Was als Personalpolitik betrifft, wir werden nicht vergessen, dass das innovativ Techniken und zeitgemäß Equipmente nicht ohne kompetent und qualifiziert Personal benutzt können gehen. Aktuell schafft Schütter so wie bei all anderen Gemeinden hier am Land mit dem GESCOM, was eine informatische Plattform ist, mit verschiedenen anderen Applikationen für Finanzen, Etat Civil und so weiter. Diese GESCOM wird ja bekanntlich am Laufe des kommenden Jahres durch eine neue, flexible Plattform, dem Siginova, ersetzt. Auf der einen Seite wird die Informatik mehr userfreundlich und auf der anderen Seite wird den Wachstum von der Gemeinde, auch von dem moderat bleiben soll. Darauf basiert sich auch
Personalpolitik vom Chefrot respektiv von dieser Majorität. Aber mal ehrlich, man da selber sehen, geht als Heinz du auch nicht schnell genug. Ob das bei administrativen Demarchen, die wir beim Staat machen, oder an der Epicerie, respektive am Supermarché, wenn wir an der Viel stehen, für weit Käse kommen. Den Accueil an den Service und die Client von der Administration an dem Servicetechnik soll schnell und professionell auflaufen. Das ist aber nicht mehr möglich, wenn die Service qualitativ und quantitativ richtig besetzt sind. So dass die One-Woman- oder die One-Man-Showen rüber sind an den Service und Client nicht zusammenbricht, wenn ein Arbeiter, ein Employé oder ein Funktionär krank oder am Congé ist. Ich komme dann nur auf den nächsten Punkt zu schwätzen. Das heißt, das geht über Smart Shutter. Am Feier ist bekanntlich eine Consulting-Firma chargiert für ein Audit über den informatischen Réseau und IT-Equipment zu machen. In dem Kontext tun sie auch Sicherheit von der Informatik geguckt. Und recht ganz rezent auch Konfiguration und Kuvertur vom Wi-Fi an den gemengen Infrastrukturen. Der Aufschlussrapport vom Audit fährt am Januar, spätestens am Februar vorleihen. Und wir werden den dem Gemengerot an einer Arbeitssitzung vorstellen. Für Smart Shutter ist insgesamt ein Montant von 200.000 € am Budget reserviert. Diese Montant ist aber nicht lang vorgesehen, für die Mesuren nom Audit schnellstmöglich umzusetzen. Mit diesen Geldern soll auch eine Doppelaufsicherung an den Informatikreso kommen. Zu dem Ganzen gehört doch eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung, für dass die wichtigsten Komponenten bei Stromausfall ein Zeitchen weiter funktionieren. Zum Beispiel eine Telefonzentral von der Gemeinde, dass die Gemeinde trotz Stromausfall noch erreichbar ist. Oder, was auch nicht unwichtig ist, dass Serveren automatische Shutdown machen, wodurch verhindert wird, dass Schiert an Datenverluste entstehen können. Ein weiterer Teil am Kader für Smart Shutter soll dann auch der Richtfunk gehen. Das heißt, mit dieser Technik kann über Klein- oder Großdistanzen Gebäude, die sich gesehen, an einem internen Netzwerk interkonnektieren. Was natürlich am Videoreportage von der Finanzkommission flott zu hören war, aus der Fee, dass sie uns beim Invest für Smart Shutter unterstützen. Ich meine aber nur noch kurz ein Klammeroberpunkt schnell im Internet. Also die Videoreportage hat ja gesehen, dass eine Flottqualität da möglich ist. Und ich hatte schon letztes Jahr in der Strache, dass für Videokonferenzen, sie auf dem PC von daheim aus oder vom Laptop von daheim aus, keine großen Bandbreiten respektive Vitessen notwendig sind. Die Vitessen sind nicht benutzt, für, wenn ich will, ein oder zwei Töllen, wenn ich ein oder zwei Töllen will gucken, im Moment bin ich recht, da brauche ich effektiv mehr schnell ein Internet. Aber ich denke ja nicht, dass Tele gucken, ob es mit Teletravail zu tun hat. Aber was zum Thema Sicherheit von den Infrastrukturen steht, wo wir aktuell 2 verschiedene elektronische Schließanlagen, die für die Gemeindegebäude zu sekurisieren, installiert sind. Das bedeutet, neben 2 Datenbanken, in doppelten Arbeitsaufwand an Nobody is Perfect, auch eine weitere Fehlerquelle bei der Gestion von den Badgen. Diesen Punkt betrifft hauptsächlich den Schulcampus, wo die ELA Schließanlage ersetzt soll gehen. Zusätzlich wird auch ein Entree zum Parking zusätzlich wird dann noch der Entree zum Parking in der Sportsaal eine Barriere oder Ähnliches installiert kriegen. Für das Stationament können zu reglementieren. Der Schulcampus, der verändert sich regelmäßig, wird vergrößert und dadurch automatisch auch manner übersichtlich. Sie haben das für die Schule, das Lehrpersonal oder auch die Conciergen, die Sitz sind.
Dafür ein Teil vom reservierten Budget für das Ausschaffen von einem Konzept und für die Installation von einer datenschutzkonformen Videoüberwachung benutzt, wo natürlich noch nicht mit Kanonen auf Spatze geschossen wird, aber ganz klar auch Privatsphären respektiert gehen. Was die Vereine betrifft, komme ich auf meinen zweitletzten Punkt. Das sind Vereinssubsidien. Hier ist auch ein nicht unwesentlicher Monat von knapp über 66.000 Euro vorgesehen. Für die Vereine aus der Gemeinde, sie haben die Sportvereine, Vereine aus dem kulturellen Bereich und Assoziationen mit erster genereller Vokation zu unterstützen. Es wird noch bemerkt, dass wir, wie schon vom Bürgermeister annonciert, Subsidien für das nächste Jahr werden erhöhen für die Ausfälle von den Resetten bei den Vereinen ein bisschen zu kompensieren. Die Ausfälle durch eben die Corona-Restriktionen, die Ausstungen. Zum Thema Jugend, auch und Sie haben mir gedacht, wir werden 2021 weiter Infrastrukturen planen und realisieren, die echter die Jugendlichen entsprechend. Ein Punkt der Bikepark beim Fußballterra zu Menzburg werden wir immer gang kommen. Hier waren ja für das Jahr Gelder für Tüte reserviert, und für 2021 sind 100.000 Euro für die Realisation am Budget angesagt. Zum Schluss will ich den Jugendkommunalplan aber nicht vergessen an erwähnen, wo Gelder am Budget angedroht sind. Hier werden der Chefrat, Gemeindeservice, mit der Jugendkommission zusammen schaffen, sodass in Zukunft politische Decisionen, die die Jugendlichen betreffen, systematisch und nachhaltig geplant gehen, für die Bedürfnisse von den Jugendlichen gerecht zu gehen. Das war größtenteils von meiner Seite. Ich denke, dass Dali an der Weg her nur noch weiter auf Sozialthemen und auf den dritten Alter gehen. Wie gesagt, das war von meiner Seite zum Thema Budget. Ich sage euch alle guten Merci für den Nachlauschtern. Voilà, merci Serge. Den nächsten Champ, was du als Serge? Liebe Kolleginnen, ist dem Chef von der Gemeinderat, Leif Leit. 2020 werden uns alle an Erinnerung bleiben. Der Coronavirus hat uns alle quasi das ganze Jahr im Griff und hat uns immer an überall begleitet. Ja, den Teletravail hat uns erlaubt, viel Tragödien anzuspüren und eine mehr Zeit für als Familie daheim zu haben. Aber vor allem hat die Krise sanitär als Konsequenz, dass uns Zusammenleben auf Frage gestellt wird. Das Jahr hat uns gewiesen und wird uns leider auch nach den nächsten Monaten weisen, wie wertvoll die Zeit ist, die wir mit unseren Familien, unseren Freundeskreis, unseren Arbeitskollegen und an unseren Vereinen verbringen. Heute schwätzen wir über die Finanzen. Und ja, wir haben das Jahr ein paar Euro gespart, weil eine ganze Reihe Manifestationen ausgefallen sind. Aber ich meine, jeder heimlich hat die Suche mit Frieden ausgehen, wenn wir dummer da als Feste an Aktivitäten hätte können feiern, wenn als Vereine normal funktioniert hätten, aber wenn die Leute aus unserer Gemeinde an der Woche von außerhalb hätten können an unseren Straßen, an unseren Manifestationen beginnen, für zusammen zu schnitzen, zu lachen und zu feiern. An so einer schwerer Zeit ist es wichtig, dass als Bürger Vertrauen an die Institutionen haben. Und da will ich dem Chefrat und aber auch dem ganzen Personal von der Gemeinde, auch von den anderen Institutionen, merci sagen für ihr Management von dieser Krise an unserer Gemeinde. Sie haben mit der nötigen Ruhe Mesure geholfen, für das Personal zu schützen und aber den Dienst Bürger zu assurieren. Sie haben auch zusammen mit dem Personal die nötigen Mesure umgesetzt, dass als Kinder so weit wie möglich sicher konnten an die Schule gehen. Dafür von mir und von uns allen ein grosses Merci. Ich bedauere nicht aber, dass der Chefrat und die Majoritätsvertreter nicht mehr auf den Weg gegangen sind, für ein gemeinsames Reglement auszuschaffen, für als Lokalvereine an dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Wir hatten als DP-Vertreter den 15. Juli am Gemeinderat eine Motion vorgebracht, für die Kriterien auszuschaffen, wie in die Vereine, die durch ihren Einsatz an ihren Manifestationen zum sozialen, kulturellen und sportlichen Leben an unserer Gemeinde beitragen, punktuell und spezifisch können zu helfen. Leider ist das von den Majoritätsvertretern verworfen gehen. Umso mehr muss ich sich wundern, wenn der Chefrat dann keine 2 Wochen mehr spät einen Brief an alle Vereine schickt, für Hilfe in Aussicht zu stellen, ohne aber klar und kohärent Regeln.
Am Budget 2021 gesehen wir eine Erhöhung von 8.500 € von den Subsidien für die Sportvereine, ohne eine Erklärung, wie die zusätzlichen Gelder sollen verdient gehen. Auch für die Kulturvereine ist gar keine Erhöhung vorgesehen. Wir bleiben bei unserer Position, dass ich nicht mit der Geist kann, alle Vereine eine lineare Erhöhung vom Subsid soll akkordieren. Aber dass man soll gucken, dass die Vereine, die am meisten getroffen werden, durch diese Krise auch am besten geholfen kriegen. Und wir sind weiter bereit, für zusammen die besten Antworten auf diese Krise für als Vereine zu finden. In diesem Kontext gebe ich mir auch, wie ich auch schon von Nico angedeutet, froh für zu gucken, für mich, wie wir als Lokalbetrieber den direkten Bezug zu unserer Gemeinde haben, können unterstützen. Als Reaktion auf den Bäumeister sind aussuchen. Es geht heute nicht darum, für die Supermärkte zu unterstützen, sondern wirklich für die Unternehmen, die Hilfe brauchen. Heute geht es um den Horaska, aber auch um andere Denkschlechter wie Koffer, Gärtner oder andere Unternehmen, die einen direkten Kontakt zu unseren Bürgern haben und die auch so zu unserer Lebensqualität an der Gemeinde beitragen. Wenn wir dann beim Budget ordinär sind, kann auch ich nicht kommen, für ein paar Worte über Personalkosten zu suchen. Die Finanzkommission weist aber all Jahr auf diese Entwicklung hin. Der Nico hat doch schon angeschwärzt. An den Ofen beim Posten für den Chef der Conciergerie hatte ich auch schon eine Reihe Anmerkungen oder echter Kritikpunkte. Das Problem ist nicht Personalkosten an sich, sondern die Kommune mit all den anderen Zusatzleistungen, die wir auch noch bezahlen. Facility Management 318.000 €, CEGR Seedal 130.000 €, Frais de Surveillance 35.000 €. Es kann doch nicht sein, dass wenn wir 4 Conciergen im Campus Scolaire holen, dass man dann aber nach Frais de Surveillance an Höhe von 35.000 € weiter bezahlen muss. Wenn der Chefrat immer weiter Personal erstellt, dann muss man auch irgendwo externe Kosten können ansparen. Da will ich auch noch kurz auf das CEGR Seedal zu sprechen kommen. Letztes Jahr hatten wir hier am Gemeinderat eine schöne Broschüre mit Fotos und Statistiken, eine Kopie von ihrem Rapport annuel Audité, wo damals für 2016 eure Benefis von 150.000 € ausgewiesen wurde. Dieses Jahr keine Broschüre, kein Konten und auch Zentament, keine Informationen mehr, wo wir stehen. Ich habe mir den Rapport annuel 2019 noch gesichtet und da stellen wir fest, dass 2019 ein Perd von bald 82.000 € auffällt. Der CEGR ist kein Spurverein. Er erfüllt eine soziale Mission und dafür kann auch mal so ein Perd auffallen. Was aber mehr erstaunlich ist, dass laut dem Budget Rektifier 2020 die Partizipation von der Gemeinde Schütte auf rund 126.000 € klimmt. Ich will daran erinnern, dass wir als DP-Vertreter auf das Risiko von Depassementen aus schlechten Zeiten hingewiesen haben und darauf hat der Bäumeister immer geantwortet, dass wir den Monat bezahlen, den die Gemeinderat an der Konvention stimmt, okay, fragen wir. Aber wenn wir mehr bezahlen, dann gibt der Gemeinderat das nur stimmen. Wir haben eine Erhöhung, mit der Gemeinderat ist nicht informiert und auch nicht gefragt. Was aber noch mehr erstaunlich ist bei der Lektüre von dem Rapport 2019, dass das Altgemengen, die am CEGR engagiert sind, so einen Trick bezahlt kriegen, just die Gemeinde Schütter, die muss nur bezahlen. Heute gebe ich froh, für das erklärt zu kriegen, wie das möglich ist. Kommen wir dann zum Budget extraordinär, wo ich auch dieses Jahr will auf den Volley vom sozialen Wohnungsbau angehen. Die 2 Häuser am Leienberg von ihren neuen Lokateuren. Der Bau von den 3 Häusern zur Straße ist schon angefangen. Und auch da bestehen von den 2 Häusern zu evasieren an der Rue de la Montagne sind endlich gegangen. Das Projekt von den 4 Appartementen auf 50 Plus wird auch 2021 aufgeschlossen gehen. Das sind alles Projekte, die am 4. Schafferrot initiiert wurden und auch schon zum Teil am Gemeinderat bestimmt werden. So wird die Gemeinde hier offen und abordable Wohnraum für die nächsten Jahre, am nächsten Jahr weiter stark an die Flucht setzen. Für das Wohnungen auch wirklich Bürger aus alter Gemeinde, besonders junge Familien zugutkommen, ist es wichtig, proaktiv und frühzeitig über das Projekt zu informieren. Die Leute müssen gewusst gehen und wissen, was für ein Projekt die Gemeinde realisiert, wie das disponibel wird sein und welche Kriterien muss man erfüllen. Der Schöfferrat soll Teil mehr eine aktive Informationspolitik machen, zum Beispiel über eine Idee-Rubrik am Internet zieht oder über eine extra Broschüre. Auch am Gemengebot, den Lorenzent publiziert ging, als hätte ich schon können annoncieren, wie ein zusätzliche Wohnungen 2021 werden fertiggestellt gehen. Wir begrüßen die Initiative vom Schafferrat für zusätzliche Wohnraum abzukaufen, für noch mehr Wohnungen zu schaffen. Und halb besonders auch mit kleinen Wohneinheiten, für längstehende Leute und junge Koppeln aus unserer Gemeinde. Es geht darum, das Projekt so sehr wie möglich zu realisieren und so unnötigen Eilstand zu reduzieren. Da will ich auch noch erinnern, weil der Schlechter schon gesagt hat,
dass man mit der steigenden Unzahl von Wohnungen den Zeitaufwand und damit auch den Kostenpunkt von der Gestion von dem ganzen Park Immobilier immer mehr groß wird und das aber nicht zu den Hauptaufgaben von einer Gemeinde gehört. Hier sollte wirklich gucken, für Alternativlösungen zu finden. Als Aufschluss vom Punkt zum sozialen Wohnungsbau geht heute oft nationale Plan von dem wichtigen Rolle von den Gemeinden am Wohnungsbau geschwärzt. Und die Gemeinde Schütter hat an den letzten Jahren, also sogar Jahrzehnten, hier Rolle erfüllt. Er wird er doch weiterhin am Kader von zukünftigen Projekten machen. An Zeiten von ökonomischer Ungewissheit, aber Resetten, die teils drastisch zurückgehen, muss ein Gemeinde sich aber vor allem auf seine Kernmissionen fokussieren. Das Service Bürger, der Bau von der nötigen Infrastruktur für die Schule, für die Kultur, für die Vereine, aber auch für das Wasser, für die Sicherheit und so weiter. Dafür kann auch ein Gemeinde wie Schütter in Zukunft nicht alle Haus und alle Terra abkaufen, die EU-Gebäude kriegt oder wo sie Vierkaufsrecht hat. Wir müssen sich wahrscheinlich darauf konzentrieren, Projekte am Kader von neuen PAP zu realisieren. Bei den Prioritäten für die nächsten Jahre begrüßen wir, dass konsiderable Investitionen an den Campus Scolaire vorgesehen sind. Das ist wichtig und nötig für mit dem Ausbau an der Modernisation von unserer Schule, aber auch von der Meserolei und hauptsächlich von der Kirche führen zu kommen. Und plus für die Pandemie gewiesen, wie wichtig eine moderne Lüftungsanlage, genug eine große Klassensaal, aber auch den Ersatz von modernen Technologien sind. Ein bisschen überrascht war ich dann aber schon, weil ich am neuen Majoresplan gelesen habe, dass global 14,3 Millionen Euro bis 2025 vorgesehen sind. Das vor allem, weil wir an einer schriftlichen Aufruf von Oktober 2020 präzisiert hat, am letzten PPF wohl keine 3 Millionen vorgesehen waren. Für die DP-Schütter ist das Projekt vom Ausbau von den Schulinfrastrukturen eng von den Hauptprioritäten und da gehört auch die Planung von einer Schulschwemme dazu. Und wir sind froh, dass der Chefrat auch das konsequent Investitionen am PPF vorgesehen hat. Ich begrüße jedoch, dass der Bürgermeister gesagt hat, für auch die ältere Vertreter an diese Planung anzubauen, weil das gehört auch zu ihren Missionen und sie können bestimmt auch Input geben, für diese Projekt zu einem Erfolg zu feiern. Ich gehe mir aber auch wünschen, dass in Kanner, an das Projekt abzählen. Wir Sorelei an Schule haben schon eine ganze Reihe Projekte umgesetzt, für die Kanner eine mehr partizipative Rolle zu geben, wie zum Beispiel durch Kannerkomitien. Und durch das oder auch andere Initiativen können denen auch bestimmt die eine oder andere flotte Überlegung von den Kanner, für die das Projekt realisiert wird, mit an das Projekt heranholen. Zum Abschluss komme ich auf das Projekt von der Neugestaltung von der Kirchenplatz. Samt unserer Motion hier am Gemeinderat vom 22. Mai 2019 als der Chefrat an dem Dossier gut vorgekommen. An der Sitzung vom 11. März 2020 war der Wort über die Cahier de Charge, bei dem sich die DP-Vertreter enthalten haben. Wir sind zwar prinzipiell für die von einem Urbanistenkonkurs in der vollen Arbeitsteilung von den Bürgern, wir sind aber auch der Meinung, dass verschiedene Donnerien an Diskussionen mit den betroffenen Vereinen hätten müssen aktualisiert werden. Hier gibt sich im Jahr 2020 stellenweise auf Donnerien von Rapporten von 2015 basiert. Das Projekt geht aber los weh und wir werden noch weiterhin konstruktiv mitschaffen. Wenn es Corona sind verschiedene Möglichkeiten entstanden, an aber gut, um bis dahin für Führung zu kommen und noch nicht so viel Retard zu kriegen par rapport zum initialen Zeitplan. Der Bürgermeister hat es gesagt. Aus 19 Projekten hat der Jury sich für 3 Stück dezidieren. Die Lohn sollen vertieft gehen. Für die DP Schütter ist das wichtig, dass trotz der sanitären Krise und denen dadurch bedingten Restriktionen auch die Meinung von unseren Bürgern zu diesem Projekt gelauscht wird. Sie sollen sich können abbringen, ihr Fragen stellen, an ihre Meinung suchen. Und das soll auch an der weiteren Prozedur berücksichtigt werden. Heute dürfen nicht kein Aufstriche, wenn es Corona geht, und das soll auch durch alternative Methoden an die neuen technologischen Modelle möglich sein. Für uns gehört das Sujet vom Reaménagement von der Kirchenplatz auch auf den Tisch von diesem Gemeinderat. Hier geht es um einen von den größten Projekten an der Dorfentwicklung von Schütter, und da muss auch einen öffentlichen Debat von den politischen Vertretern stattfinden. Dafür fordern wir auch, dass dieses Sujet an einer nächsten Gemeinderatssitzung im Ordre du Jour ist. Für aber nach Marzwellen aufzuschließen, wollte ich nur fragen, welche Summen dann am Mehrjahresplan für dieses Projekt vorgesehen sind. Ich habe leider auf Basis von den Dokumenten just Einzelposten wie den Ausbau vom Scoutschale für 2,1 Millionen, der Posten Reaménagement vom Zentrum für 4 Millionen und die Extension von der Administration kommunal für 1 Million konnten erkennen. Was dann ein Total für 7,1 Millionen wäre. Das schenkt mir aber relativ niedrig wie der Vergüe für ein Projekt. Dafür gebe ich bitte für eine Klarifikation zu kriegen. So nicht merci. Gut, voilà, merci Serge für den Remarken und auch den
den Suggestionen. Ich meine, das ist so, dass man umgegangen hast. Du hast gesagt, voilà, ja, ich meine, pardon, denn das ist ganz klar, das Jahr, es war kein einfaches Jahr an auch all die Feste, die man wirklich nicht konnten halten. Das hat keinem von euch Spaß gemacht. Ich meine, es gibt mir ein bisschen Geld gespurt, das ist kein froh. Ich werde das Geld, wenn man gespurt hat, normalerweise hat man Flotte in Krischmarkt gehabt. Das ist wirklich schuld und ich meine, es fehlt den Leuten auch, dass wir gesehen haben. Wir hoffen noch alle Guten, dass wir in Zukunft da auch auf den Weg kommen, dass da doch alles anläuft, wie bislang gelaufen ist. Was die Vereine angeht, meine ich, hat ihr effektiv gesagt, für die Vereine zu unterstützen. Wir haben gesagt, wir geben nicht einfach die Vereine unterstützen, weil genau wie dir, wie es der Loi auch gesagt hat, soll ich gucken, wo sind Besucher. Wir haben die Vereine auch nicht, so nicht angeschrieben, an ihnen gesagt, der kriegt ihren Debs, wir haben sie angeschrieben, für allem für so einen, den kurzfristig finanziell hilfbar, die soll sich bei uns melden. Türkei sich bei uns gemeldet. Wir haben ihnen auch gesagt, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt da gingen, gucken, für sie zu unterstützen. Und das soll ich effektiv auch machen. Wir müssen mal vielleicht aufweiten, wie lange alles gelaufen ist, wie lange, nach den Zustand dauert, wie los. Und da muss ich gucken, wo sind Vereine, wo ist diese, und ich meine, bislang haben wir noch immer eine ganz exzellente Zusammenarbeit mit den Vereinen. Ich meine, ich sehe auch am Budget, es wird immens viel investiert, sowohl an als Vereine wie auch an die Infrastrukturen. Und dafür werden wir mit den Vereinen auch zusammenkommen. Wir haben am Budget geguckt, für einfach, dass wir um ordinäre Subsidien gedrängt, ein bisschen mehr gehen. Das war eigentlich die mir selbstverständlich soll eine Arbeitsgruppe, die sich um Subsidienreglement kümmert, welche soll die Wirtschaft gehen. Die muss dem Moment ist der Vorschläge machen und da werden wir den Vereinen entgegenkommen. Wie gesagt, Vereine wissen, wo sie es fanden, und die werden es in Zukunft auch fanden. Was Lokalbetriebe angeht, ich habe nicht schon gesagt, das ist nicht so einfach, Betriebe zu unterstützen. Ich bin wirklich auch der Meinung, dass das in der Regierung ist. Wir probieren so viel wie möglich bei unseren Betrieben am Dorf zu kaufen, was es nicht mehr geht, mit den Betrieben zusammen zu schaffen. Ein Appell auch an die Leute, die an der Gemeinde wohnen, die sollen noch da vielleicht bei der Coiffeur gehen, an die Epicerie gehen, an gucken eben noch die verschiedenen Betriebe unterstützen. Das ist ganz klar. Wir haben auch als Viert Restaurateuren haben wir auch unterstützt, wo man nicht mehr kommt. Und ich meine, wir haben die Möglichkeit gegeben, für die Terrassen zu machen, so mit Material von der Gemeinde unterstützt, wo sie Hilfe gebraucht haben. Wir auch da, meine ich, die Gemeinde hier Limiten an, wir sind aber auch für jeden da so ballen, für jeden, den als Hilfe braucht. Was dann den Personalkosten angeht, ich meine, das ist einfach eine Diskussion, wo wir ja nicht über gemeinsame Nenner kommen. Ich meine, soll ich noch nicht Apple mit Bieren vergleichen. Personalkosten ist das Personal, was wir haben. Wir haben Facility Management, da gibt eine ganz grobe Aufgabe gemacht. Ich meine, die können sich erinnern, für einem Jahr oder schon 2 Jahre, hier haben wir mal für ein Budget extra nachgewiesen, was das Facility Management möchte. Das kann ja nicht einfach so, das ist das, was früher als Portier gemacht haben. Das ist nicht so. Das sind ganz andere Aufgaben, die Facility Management überhält. Die Kinder als Leute mal überholen. Das sind Sachen, die sie lange vernachlässigt gehen. Ich war dabei, die Zeit an der Responsabilität wie vernachlässigt gehen. Ich meine, wir haben gemeinsam für ein paar Jahre festgestellt, dass wir unbedingt das müssen erholen. Das haben wir gemacht. Und das ist das Facility Management. CGR, das, wie du gesagt hast, das ist eine Initiative, die haben ein soziales Engagement, die man ein ganz gut arbeitet. Ich meine, die hat heute noch ganz gut Broschüren und alles an ihrer Briefküche gehabt. Also früher habe ich da beläuft sich nicht mehr wie gut hier, sowohl mit dem CGR wie auch mit der Arbeitshilfe zusammen schafft. Das funktioniert exzellent. Leute kriegen eine Beschäftigung, es sind auch ganz gut Leute, die auf den ersten Arbeitsmarkt zurückfahren von da, was wirklich wichtig ist. Dann hast du gesagt, für Concierge im Campus, das sind nicht 3, will ich nicht betonen, wir haben den Detail, die haben auch ganz grob andere Arbeiten, und wie gesagt, die können die Facility Management, können die nicht mehr aufdecken. Und dann habe ich auch gesagt, was das CGR, wenn wir da bezahlen, das decidiert die Gemeinderat. Das ist also, ich meine, ein Budget, ich will da mal ein sagen, ein Budget, da schreiben wir einfach ein Kredit an. Das ist 0 € davon ausgehen. Das ist einfach ein Enveloppe budgetär, die wir haben für das nächste Jahr. Wir haben, wie alle Jahre, werden wir auch eine Konvention kreieren vom CGR, die wird dann in der nächsten Sitzung, wahrscheinlich am Januar, muss hier um dich kommen. Du hast ganz klar dran, was für nächstes Jahr das CGR für uns möchte, und auch die Schiffe, die wir dafür bezahlen. Wie gesagt, soll ich noch nicht so, am Budget steht das Geld,
dann ist das noch fort, das ist nicht so. Also ich meine, nicht so ein Moment von mir als am ordinären Recht und am extraordinären, so 30 Jahre, die verschafft ja gut nicht einen Teil von dem, was da drauf steht. Das ist einfach so, kann ich immer nicht mehr wiederholen, da ist eine gewisse Flexibilität. Und dafür soll nicht all Geld, was am Budget steht, als ausgesehen, 4.130.000 € vorgesehen, das wird Männer sehen. Wir wollen aber auf die sichere Seite gehen, weil wir mal eine Konvention können vom CGR, die bis mir ist, dann sind wir durch blockiert. Dann wird sich der Wohnungsbau geht. Das ist klar, wir sind seit Jahren am Gangen, am Wohnungsbau mit Häuser zu Schräßig, die haben wir gebaut, die 3 Häuser effektiv zu evaluieren, da geht es doch gut für und wir haben verschiedene Appartementen, die wir gelohnt haben, die Appartementen, die in den Haus, wo wir gelohnt haben, die 4 Appartementen, die werden auch ugangs nächstes Jahr fertig gehen, die werden wir dann noch verlohnen. Wir haben mittlerweile noch ein Haus Schönberg gekauft, wo wir schon gesagt haben, die nächste Gemeinderat werden die Wiehe kommen, für die auch Zimmern zu machen, ein Haus an der Rue Principal, wo wir gekauft, wo nicht kommen. Selbstverständlich sind noch PHP in NRW, an denen auch wird Wohnungsbau geschafft gehen. Dann haben wir auch, wie du mit Recht siehst, das wissen wir auch, wir können nicht alle Häuser abkaufen, weil wir Gebäude kriegen. Wir kriegen Häuser Gebäude, wir haben auch zu Leuten gesagt, dass du hast einen Preisklasse, du können wir nicht mitteilen. Wohl wissen, dass das Haus da du machst, wäre das, wir Gemeinde kann nicht mit dem Preis unbedingt etwas machen, das sind dann Objekte, wo der, wenn in die richtige findet, das Geld dafür kriegt. Ich will aber auch so, wir haben aber eine exzellente Relation mit dem Präsidenten vom Fonds Logement, mit dem ich auch geschwärzt und an den auch berät, dass direkt Häuser zu überholen, auch wenn die Gemeinde so Gebäude kriegt, sie können da auch holen. Ich meine, wir haben Kontakte, wir hatten noch, wie gesagt, so mit der SPM, sie haben Kontakt, aber du musst mal ein Projekt finden, den größten tut, die eben da sind Sperm, wo sie können profitabel bauen. Ich meine, sie fangen nicht an, für irgendwo am Bestand für 2, 3 Wohnungen zu machen. Das wissen wir alles, das machen wir auch. Wir sind da daran, und ich gesehen aber auch nicht an, wo es das ist, wir mussten echt kommunizieren und aber kein Wert, ganz verrückt zu machen mit Appartementen, wo man nicht wissen, wie sie oder Häuser, wie kommen sie auf den Markt, was sind Konditionen. Man muss in Ihnen, ich habe noch mehr machen. Für Lohai geht es zu so einem wir mal Häuser haben, geht mal alle Kandidaturen ran und Leute so, ja, man, das geht mal da ist. Also, mir wird da dicken Tamtam gemacht, also dauert das ein Monat lang, bis sie weiter geschieht. Ich meine, da so etwas mal ein für eine Wahl passiert, dass ich so eine Aktion möchte, da das ja noch zu verstehen. Ich fand einfach so, soll ich einfach nicht die Leute rebellisch machen, wenn ich wirklich nicht so weit das an immer fein, ich habe noch mehr nehmen. Wenn es von der Schule geht, ich meine, brauche ich mir das halt so, ich bin seit 9 Jahren Schulchef, responsabel für die Schulen, ich meine, da das immer gesagt gehen, darf nicht vorkommen, dass wir zu schüttern nicht die nötigen Infrastrukturen haben, dass wir alle Moment als kann sollen können, Maison Relaisplätze bieten, Crècheplätze bieten, wir haben ein flotte Projekt und schlecht gesagt, zusammen haben der Schule realisiert, wir werden in Zukunft auch flotte Projekte da machen. Ich meine, wir schwätzen immer vom Plan vom PPF, da haben wir mal Montant dran gesagt. Die Montants sind aber wirklich, da steht mal etwas dran, ganz grav. Das ist einfach nicht konkret. Wir haben kein Projekt, wir wissen gut nicht, am Moment nach, wir nach kein Zahlen. Und wir sind auch am Gang, ich finde gesagt, wir haben die Workshoppen, wir müssen ganz klar priorisieren, was wollen wir als erst, Schulausbau, und dann, wir schwätzen von der Schulschwemme, das geht da wahrscheinlich nicht gerade, also sehr gemacht, was brauchen wir noch für Räumlichkeiten, aber wenn man damit konkret geht, muss man mit konkret Chiffren ansetzen. Für das ist aber wichtig, also, und dafür haben wir auch gewisse Montan an der PPF gesagt, dass wir aber wissen, wir haben eine gewisse Kapazität für zu finanzieren. Ich will hier auch ein so, wir planen heute nicht für 2, 3 Jahre, wir planen nicht nur bis die nächste Wahl, wir planen heute bis 2050. Das sind 30 Jahre. An der Vergangenheit hat es gewesen, wie wichtig das für wirklich mehr weit vorauszugucken, für wirklich optimal das zu nutzen, was den hat, und Terrain, und Räumlichkeiten, und noch zu wissen, wo bauen ich fertig. Ich meine, das ist sowohl hier bei der Schule, wie auch da oben am Dorfzentrum der Fall. Ich meine, auch da, also da gucken wir auch mittelfristig, langfristig. Ich meine, kurzfristig, da darf man jetzt keine Illusionen machen. Wir bauen nicht an 2, 3 Jahren ein Centre kulturell. Das braucht seine Zeit. Schulausbau kann auch relativ sehr viel ruhen. Ich meine, da können wir kurzfristig, wenn wir wissen, was wir haben, da können wir nächstes Jahr wirklich an eine konkrete Planung gehen, für eine nächste Etappe zu machen. Wo man auch, wie du siehst, Leute mit, also Lehrpersonal mit Arbeitszeit Eltern unbedingt doch, du hast es gesagt, sie haben auch die Mathe-Kanner, wo sie auch hier Kanner-Komiteen, die werden da doch Mathe-Kanner schwätzen, sowohl Lehrpersonal wie auch Maison Relais. Ich meine, sie leisten da eine ganz gute Arbeit.
Und da sind wir auch auf einem guten Weg. Ich meine, wir sehen alle gut in demselben Strang, wir haben dasselbe Ziel. Kann es in Zukunft von der Gemeinde und dafür manche auch immer einen Appell an die jungen Älteren effektiv für sich zu engagieren, weil das für sie und besonders auch für hier kann, wo wir hier schaffen, wo wir übrigens alles machen. Ich meine auch Kanäle neu machen, auch Regenrückhaltebecken machen. Du verschwätzt keinen an einem Budget. Das ist nicht interessant, hier den Regenrückhaltebecken, was 2 Millionen kostet, wenn wir da nicht von einem Wiss verbuddeln. Wie wichtig aber ist, dass du nicht giftig aufhörst, an Träger knascht, an als Bergen, als Fluss laufen, dass das alles kontrolliert, ob klären haben können. Das sind auch Sachen, die man den Leuten müssen erklären. Das ganz viel Geld, und das ist ja eine Mission, wie auch gesagt hast von der Gemeinde, ein Kläranlage, die direkt darum kippt, wenn ein Kind umzieht, an einem Flughafen und Fliegerin an der geht. Das sind Projekte, die auch wichtig sind, die auch gemerkt sind, die mir übrigens von mir auch mit am Kuh sind. Und das läuft auch alles nicht vom selben. Du verschwätzt alles keinen. Und dafür auch immer Personal, kannst du mir diskutieren, was alles an einer Gemeinde lebt. Und ich meine, das ist eng von den Aufgaben, die meisten die nächsten Jahre auch gesagt haben, also Bürger mal zu weisen, was möchte die Gemeinde überhaupt alles? 90%, nicht 90% mehr, 75% von den Sachen, das ist den Leuten nicht bewusst, was da läuft. Was mir von der Arbeit stehst an als Wasser, so, was die ganze Kanalisation, Wasserabbredungen, Müllabfuhr, Gestion von ihnen, da läuft immens viel am Hintergrund, auch an den Schulen und so. Und ich meine, das muss ihnen den Leuten mal bewusst machen, dass sie schon mal wissen, hey, das Geld, mir gibt kein Geld für Domitenwäsche, und alles da dran wird schon gut investiert. Dann, ich meine, ich werde all die Jahre, wird der Gemeinde noch nie vergessen, wo sie hier kommen, weil wir hatten Zeiten, wo nicht so rosig war, weil wir fertig wurde, das Geld optimal zu investieren. Wir machen es am Moment nicht ernst, wie wir das ewig gemerkt haben an unserem Budget. Und dafür meine ich, sind ich auch froh, so noch merci für das Luft, das man kriegt und das als Personal für und allem kriegt wird. Ich meine, das muss ich noch so. Wir funktionieren aber trotzdem gut. Ich meine, heute klar, wir haben ja auf einem ganz hohen Niveau. Und auch was eben, wie gesagt, den Ausbau von der Schule geht, auch den Urbanistenkonkurs, was da geschieht. Ich meine, das dezidiert hat ja Gemeinderat, den Urbanistenkonkurs, der lo lebt. Ich meine, da war eine ganz klare Prozedur festgelegt, wie das soll gehen. Die Leute kriegen das Projekt im Januar. Wir werden alle Moyens nutzen, weil wir nichts zu verstoppen und wir werden alles auf den Tisch legen. Wir sollen das mit den Bürgern weisen, die Bürger ihre Meinung hören und dann gucken wir, wie wir da fahren. Das ist eine Planung für die Gemeinde für an 20, 30, 40 Jahre. Und das meine ich als Aufgabe, nicht kurzfristig Sachen zu machen, die Geld kosten, an die sich eben einfach nicht als sinnvoll herausstellen. Und, ich meine, wir sind um gute Weg, wir sind als Mensch eins, wo wir hier wollen, an ich gehe schon an den Grof von den Sachen, die wir machen, die Projekte, sind wir sehen, wir werden noch probieren, Gidre mal daran zu beziehen. Ich meine, die hat es gesehen, über die letzten Jahre haben wir immer probiert, Bürger mal daran zu beziehen, in den nicht mehr interessiert, das Matt zu schaffen, den Solo Matt schaffen. Natürlich kann nicht Gidre alles gemacht kriegen, wie hier sich gerade vorstellt. Ich meine, Matt schaffen, zu summen, Bürgerbeteiligung, das ist Bürgerbeteiligung, das ist nicht just ich so, wie ich gehört habe, da muss ich so gehen, sonst sind ich nicht mehr mit d'accord. Ich meine, das wichtig, weil die Emotion, Gidrein kann ihn nicht gerecht machen, muss ich noch Decisionen holen, die bei der Menge besser kommen, bei den Männern Männer gut. Ich meine, dafür sind wir gewählt, das muss man machen. Ich meine, alles an allem gebe ich aber so, dass als Bürger zufrieden sind, mit dem, wer an der Gemeinde lebt, durch hier auch den Druck von all denen, die heute wollen kommen, auch als Juren dann so bezeichnen wir mal, wo wir können. Wir werden auch gucken, für, dass sie so viel wie möglich von ihnen, dass wir die Heibe haben, dass sie sich Wünsche können leisten. Und wir haben die finanziellen Moyens, wir haben mehr an, wie gesagt, wir haben auch ganz gute Partner, den Pakt Logement 2.0 können wo die Gemeinden noch für eine Unterstützung kriegen, wo wir sowieso dann denken, müssen ein neues Konzept, ein Konzept aufstellen, wie will man Sachen Logement in Zukunft führen gehen. Du musst natürlich auch gucken, wie können wir das finanzieren, aber wenn es mal recht gesagt ist, wir können nicht nur einen Park von Wohnungen gerieren. Wir den noch schon von der Gemeinde wohnen, die sind noch drin auf die Gemeinde und dann waren Leute Kunst direkt gesprungen. Da sind wir an Diskussionen noch gewirrscht, Mam von der Logement, wo wir eventuell der Meinung waren, ob sie das Kind matchieren. Es sind noch eine Institutionen, die das eventuell können machen. Aber da, also nicht gratis, und da muss ich noch gucken, dass ich da einen guten Weg finde, dass das ja nur einfach nicht unnütz zu viel Geld kostet, weil das schlagen wir ja auch enorm, aber irgendwie muss man das dort klein im Schluss. Wir schmengen an der großen Sicht sind wir sehen, dass wir, wo wir hingehen, wo wir hin wollen, und wir werden das Menschen in Zukunft auch alles hinkriegen. Und da wird, wie gesagt, wird die Kredite am
Finanzplan ugeht für eben Kircheplatz, da haben wir einfach viel gesehen. Ich meine, man muss ja mal aufhören, es wichtig, dass man einfach mal einen Plandirekteur da kreieren, was kann ich wo hinsetzen. Ich meine, du musst den Gemeinderat Herr dann dezidieren, was bauen wir als erst, ist der Plan gut. Ich meine, wir kriegen nicht da, wenn man nicht einen Urbanistenkonkurs, und da könnt ihr einen Plan raus, und da geht den von außen mal umgesetzt. Da kommen Graffidien, und ich meine, da ist immer ein Gemeinderat hier um den Tisch, den er nur muss so, ich baue ein Centre kulturell durch, ich baue, das ist immer noch flexibel. Das geht auch nicht da stehen gehabt, mit dass wir eine konkrete Idee kriegen, dass wir mal Wege, Wissen kriegen, hey, da können wir als Schütter Anwohner hingehen, das scheint das sinnvoll. Und da muss man gucken, also Decken noch strecken, das ist ganz klar. Und ich meine, die schon in der Finanzkommission sehen, die überlegt mal, ob da so viele Millionen investiert wird, dann eben die Arbeitshalsraum beim Fußball, können wir den ein bisschen zurücksetzen, dann vielleicht danach wird Schule vierdirekten oder ein Schulschwemm, die am Ende noch eine ganz große Wichtigkeit wird, weil man ja feststellen, das kann nämlich keine Schwamme gehen. Das ist ja nicht, der Gemeinderat hat ja souverän immer zu dezidieren, aber wenn man einen Gemeinderat hat, an den einer Ideen hört, dann kann die da doch immer nachpassen. Also ich meine, wir sind flexibel, wir sind offen, wir haben nichts zu verstoppen, wir schaffen eigentlich just am Interesse von unseren Anwohnern auf von so gut hängen. Ich meine, wir alle gut haben das und wir werden noch da wehfahren. Ja. Ja, ich wollte just auf 2 Punkte zurückkommen. Also, du siehst, es sind 3 Conciergen, also im Jahr, die nur aufgestimmt, dass wir Feierten erstellen. Also, da sind wir ja bei Feier. An okay. Den Monat, den wir schwätzen, die 35.000 €, das ist der Monat, der für nächstes Jahr vorgesehen ist. Ich meine, das Jahr hat man für 7.000 € geschwätzt. Für den Punkt, das heißt, wenn man nur nach ersten erstellen, mit Feierleitung sieht, du schätzt auch nicht mehr von 7 bis 7. Das ist ja aber so, dass den Campus oberst bis teilweise 10, 11 Uhr, dann ist es doch nicht 7 bis 7, wo es mit sicher gestaltet geht, mehr ist 7 bis 11. Und du hast eben eine Remarque oder eine Kritik, dass man immer weiter Personal erstellt, dann muss ihn erst, wo der andere doch ganz aufschaffen und dann ist es doch bis 7 bis 11. Und der zweite Punkt, das CEGR, das ist keine Budgetdiskussion, ob die Zöllner am Budget approximativ oder nicht sind. Wir haben eine Konvention 2020 gestimmt für den CEGR für 121.000 € erwissen. Und am Budget rektifiert, weil der Monto aus den, aber so haut real da ist, den 125.000 bei 126.000 €. Also da haben wir mehr Suche bezahlt, wie das, was wir gestimmt haben. Von allem, also mein Hauptpunkt ist, für was wir als Gemeinschafter müssen nur bezahlen, an all die anderen Gemeinden kreieren, und sind enorm viele Reserven an dem CEGR. Das sind mich froh. Ich kann verstehen, dass die das vielleicht nicht heute direkt weiß. Ich als Repräsentant kann das aber vielleicht wissen. Aber ich gebe die Antwort dann einfach vielleicht in einer nächsten Sitzung gerne kriegen. Ja, wie gesagt, mit dem CGR, die Donnerstag, das wird man in der nächsten Sitzung, dann wird man die Konvention für 2021 stimmen, dann werden wir die Informationen noch eingehen. Wir haben das notiert. Und da wird Portier noch geht effektiv, ja, ich bin davon ausgegangen, die von den Schweiz nicht mehr haben, wir werden das dann in Zukunft auch weiter haben. Und was 7 bis 7, und ich gesagt, das ist für mich kruzial, dass du in Haier. Also ich meine, wenn novus Vereine an der Sportzahl Lenz gehen, das so auch teilweise so, du musst nicht immer in da sein. Sowieso muss man die Sektorisation vom Sitmeo nach Pedus die Uwe selber rundherum gehen. Das wird auch nie von unseren Portier machen, das werden wir immer beibehalten. Ich finde es gesagt, wir müssen eine ganze Organisation haben. Das Herr hat gesagt, dass wir auch probieren, Videoüberwachungen zu machen, weil kommen wir packen Hol, so wir sind sowieso immer gut davor kommen, wir sind immer verschont geblieben, außer dass ein Kaboven von Dommetaier an die Schule gekommen waren, haben ein bisschen Sauerei gemacht und die aber nicht Futti gemacht, da sind wir immer gut davor kommen. Mit den anderen Gemengen, da gehen die Sachen halt ganz ernst aus an. Wir probieren das schon alles so kostengünstig wie möglich zu machen und wir werden noch nicht mehr Leute erstellen, wie wir dann unbedingt müssen, nur viel gut zu schaffen. Gut, Claude, du wolltest nicht sagen. Mikro. Ja. Ich wollte etwas zum CGR so und wat man dolo am rektiv méi so bezahlt wie an der Kommission stehen, dat weiß ich nicht. Das muss ich effektiv no gucken, was man da verrechen kriegt, da kann ich noch keine Antwort drauf geben. Aber für was die anderen Gemeinden zu rumkriegen, das weiß ich aber ganz genau, das ist die Geschichte vom Service de Proximité, wo den CGR suchen erwirtschaftet und da gibt es eine Regel, die auch so, wir haben auch schon darüber diskutiert, ob die Regel dann auch richtig so ist. Von den Resetten gehen 25% und Gemeinden zurückbezahlt. Und dafür kriegen ja eine Gemeinde so einen Zweck. Aber wie das mehr Service der Proximité beim CGR nicht teilen, kriegen wir da keine Suchen. Gut, merci für die Explikation, Claude. Dann gebe ich so weg, dann gehen wir ins Tut.
gibt da noch ein paar Worte über das Budget so. Wenn ihr guckt, welche Projekte aber an den letzten Jahren realisiert wurden, welche Projekte für 2021 nach geplant sind, geht das nicht mehr, wenn es der gute Finanzlage von dieser Gemeinde. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil wir ja an der letzten ein bisschen überrascht sind vom Staat, wo wir 2,8 Millionen Männer für 2020 und die Gewerbesteuer an den Fonds de Dotation global kriegen. Für 2021 sieht es voraussichtlich ein bisschen besser aus, mit nur 1,9 Millionen Männer. Das verändert das Gemenge aber nicht, in ihrer Strategie festzuhalten, für weiter zu investieren. Hier ein paar Punkte. Kauf und Terrain an Häuser, bezahlbar Wohnungen für Reiseler Matbürger, Freidetude für den Plan kommunal 3e Âge, wo auch eventuell die Kommission vom dritten Alter gefordert, dass wir eventuell dem Schäferrot Vorschläge an mit konkreten Ideen zu kommen, für da können zu schaffen. Die nötigen Kredite für dann die Fertigstellung von verschiedenen Projekten sind auch vorgesehen. Und das sind, wie schon vorher gesagt, die 4 Appartementer von Eifelhaus an der 8. Und dann die 3 Häuser zur Straße, die auch für die Fertigstellung stehen. 2 Häuser zu evasieren, die auch ganz gut weitergehen. Das ist nämlich ein Bruchteil davon. Auch uns Vereine gehen weiterhin unterstützt. Da will ich aber dem Schäferrot nicht vorgreifen. Ich meine, Sie haben da Ideen, wie in Zukunft Subsidien für die Vereine alle Guten zu erheben. Ich will dann von dieser Platz profitieren, für Merci zu sagen, dem Service Technik, der Administration, an all denen, die in diesem Budget geschafft haben, an aber zu guter Letzt dem Schäferrot, den die letzten Decisionen hält, für dieses Budget aufzustellen. Mit diesem Budget sind Weiche gestaltet, für das Gemeng Schritte auch in Zukunft ein attraktiv Gemeng kann bleiben und dafür stimmen ich für das Budget. Merci. Merci, Vic. Für Lilian, steht. Ja, mun Novenlo Medags iwwer die ganz extrem schwere Situation geschwert, die wir am Laufen diesem Jahr hatten, mit der Pandemie. Kein von uns hat sich sehr erwartet, dass so etwas bei uns durchkommen. Dafür als immens löbenswert, wie als Gemeinde die schwere Situation von einem Tag auf den anderen an den Griff geholt hat, am besten gemeistert hat. Als Abwohner waren sie alle Moment gut informiert, enkadriert, am besten versorgt, die Vulnerablen zum Mulz von den engagierten Freiwilligen einer der top organisierten Leitung von Nora. Dann von der Kommission ist auch ganz dicke Merci, dass die Leute auch ganz viel sich gut versorgt gespürt haben. Ja, hoffentlich sind wir geschwind Ende vom Tunnel, obwohl diese Aussichten gar nicht gut sind. Aber wir hoffen, dass wir in einer Normalität reinfahren, wenn wir geimpft sind. Dann hilft es, die Leute zu motivieren, dass sie sich trauen, sich an gesellschaftlich Leben von Vierdrun zu integrieren, für hier sozial, sportlich und kulturell Aktivitäten abzuholen, für bereits Leben teilzuholen, und es wird dort drauf Sprache in der Stamine, und so vieles mehr rumzukommen. Das wird dann auch ein Sujet sein von der Integrationskommission. Wir begrüßen nicht, dass 10.000 € am Budget stehen für eine Etude über die Besoin von altersgerechten Wohnungen zu machen. So Wohnungen sind ganz sicher an unserer Gemeinde gebraucht.
Wir brauchen auch eine Struktur, für das all eler Leute, die nicht mehr daheim können wohnen bleiben, ihr Leben an ihrem gewinnten Umfeld in unserer Gemeinde weiterführen können. Das gibt ihnen bestimmt helfen, die schwere Decision zu holen, für aus ihrem Daheim rauszugehen. Damit gibt Jahre Häuser an unserer Gemeinde freigehen. 150 Leute aus unserer Gemeinde stehen auf der Liste, hier geschwind oder späterhin am SIPA abgeholt zu gehen. Da sind die 13 Zimmer, die für uns da sind, immer beleuchtet. Auch wenn der SIPA ausgebaut wird, da geht das in den nächsten Jahren lang nicht durch, weil der Besuch wird viel mehr groß gehen, wenn die Bewohnerzahl in unserer Gemeinde sollte irgendwann auf 5000 hochgehen und damit auch 12 von den Leuten, die einen Platz in einem Altersheim brauchen. Es wird auch für viele junge Leute, die hier bei uns wohnen, eine Beruhigung zu wissen, dass hier Älteren späterhin an einem modernen Altersheim nur bei ihnen einen Platz kriegen. Außerdem ging es nicht daran, wenn keine Leute mit der Ursache-Krankheit Demenz abgeholt aus unserer Gemeinde. Das heißt, dass die Krank weiterhin zu Erdeldenk versorgt gehen und dass hier Familie weit muss fahren, für sie zu besichern. An der Kommission vom dritten Alter, der Familie und dem sozialen Unleihs bitten wir beim Ausschaffen vom dritten Altersplan neben alle wichtigen Themen vom sozialen Zusammenleben und der Integration von der älteren Generation es stärkt mit dem Thema Wohnen am Alter befassen. Es ist ganz wichtig, dass viele Sozialwohnungen gebaut werden und auch sonst alles gemäht wird, dass die jungen Leute in unserer Gemeinde können wohnen bleiben. Da sollten wir auch alles machen, für dass die ältere Generation, die ihr ganzes Leben verbracht hat, den Rest von ihrem Leben mit ihren Freunden und Bekannten an unserer schönen Gemeinde verbringen kann. Dafür setzen wir von der DP an, dass es sehr wie möglich mit der Planung von einem Altersheim an unserer Gemeinde angefangen wird. Gut, merci Lilian, merci auch von dich für den Merci und als Personal. Ich meine, die sind noch gut versandt gelöst. Ich meine, etwas, wo wir es sind, ich meine, das ist ganz klar. Wir waren auch wirklich in einem super flotten Elan. Die letzten 3 Jahre wirklich Leute, die sich beteiligt, Familienkommission, die Integrationskommission, das ist wirklich immens viel geschieht. Aber wir waren aber eine richtig gute Vitesse de Croisière und wie du siehst, der Virus hat nicht alles von Haut auf mal gestoppt. Der Treff kann nämlich stattfinden als Sprache-Kaffee und so. Und das ist wirklich wichtig, dass die Aktivitäten geschehen. Ich meine, merke den noch von dem, ältere Leute darüber schwätzt, die sind wirklich lang daheim, die lang wohnen. Und was das mir lang dauert, wird es für die Leute mir schlimm geht. Sie fährten einfach rauszugehen. Sie sitzen daheim und wir sind da gefordert, etwas zu machen. Und ich bin auch froh, dass wir die 3 Pläne umlaufen und einen Integrationsplan, wo wir den Plan vom dritten Alter ja mit dran geholt haben, wo die Familienkommission, die Integrationskommission und die Chancengleichheitskommission muss so eine exzellente Summe schaffen, wo die auch treibende Kraft sieht. Das genau wie du siehst, von den wichtigsten Punkten muss sein, altengerecht Wohnungen für ältere Leute. Wir diskutieren, das nervt mich auch, wir diskutieren auch schon Jahren, wir hatten ein Getyp, wir haben ein Gedo, aber was wirklich fehlt, dass man konkret so, lo holen wir einmal Fachleute, hallo, sich mal alles, was irgendwo soll sein, wo keiner mir richtig weiß, wer das dezidiert, wer das schon gemerkt gehen, und dass man wirklich dann niemand kennt man genau an dem dritten Dossier mit all den Gebäuden, die man darum probieren zu kaufen, Terren, die man werden kriegen. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass auch wirklich so wunschste für viele Leute an irgendeine neue PRP oder so entstehen. Wir haben Diskussionen geführt mit Altersheimen. Also da sind natürlich pauschal, wenn ich dann einfach so Pi mal Daumen da guckt, da sind jeder Jahr, die können nicht für 50 rentiert, nicht muss ein gewisses Größe tun, die dran, so wir können wir beibauen, wir sind zu groß. Da muss ich wirklich
Fachleute eng Etude machen, wirklich die 10.000 Euro, die man auch schon ewig mit Führung schläfen, die muss man auch einfach investieren. Und ich meine, wir waren jetzt auch eins, dass man an dem Plan vom dritten Alter, dass das von den Hauptobjekten an das Leute, man das assoziiert geht. Ich unterstütze das wirklich, also wir alle gute Menschen unterstützen das voll. Und, wir werden noch gucken, dass wir trotz Pandemie aber weiterkommen an diesem Dossier. Wir werden noch gucken, für als ganze Integrationskommission noch mal der Kommission vom dritten Alter verschiedene Umfragen online zu machen. Wir sind am Gang, am Riso Ideen auszuschaffen. Am Januar werden wir da ganz seriös durcharbeiten, dass das, weil ich meine, das gezeigt, dass es 4 Uhr geht, weil Bemol aus den Elan ganz raus und das wir wirklich schön, weil da war wirklich ein ganz flotte Summen habe ich an einen ganz guten Geist, wo wir alle gar jetzt schüttern AW waren, und das ist wirklich wichtig, dass das Detail fertig ist, also dass wir da hinkommen. Ja, das wird schon klar. Merci. Gut, den nächsten Ali, da gebe ich dir das Wort. Am Prinzip will ich dann auch Schiedfragen Merci so die und der ganze Budget matt geschafft haben. Ich muss ehrlich sagen, lang genug sind ich noch nicht dran, wie wirklich alles an Detail können nachzuvollziehen. Aber de Gros als am Fangehol gesagt ging, wir waren ganz dynamisch, ob das von der Kommission aus war, von der Landwirtschaftskommission, ob vom dritten Alter. Wir hatten immens viel Welles an Treff, Sprachkaffee. Es wird einfach gemerkt bei den Leuten, dass die Besoin da ist und dass auch man die Leute nicht mit Möglichkeit haben, auch davon können profitieren, und wollen profitieren. Und auch das zusammen sehen, das war einfach immer schön. Durch dann die Covid haben wir müssen alles bremsen, und wir haben uns auch wirklich Gedanken gemacht, was können wir mit dem Treff machen, was können wir mit dem Sprachkaffee machen. Aber es ist eben im Moment nicht möglich. Da haben wir dann Pins noch ein bisschen weiter geschafft. Wir hatten auch Welles für verschiedene Modalitäten, die hier schon am Land bestehen, gucken zu gehen, für mal eine Idee zu kriegen. Wie können wir irgendwie Konzepte entwickeln, Altersheim, als wie Jean-Paul sieht, wird nicht so einfach sein, aber er betreut Wohnen und es gibt ganz flott Projekte hier am Land. Aber im Moment ist das auch nicht möglich. Ich meine, schuld, wir können das auch nicht ändern. Das Einzige, was ich am Anfang noch wollte hervorbringen, das ist aus dem Office Social. Den Office Social, die den Sitz im Moment zu Konten hat am Anfang geholt, das Gebäude, wo wir dran sind, auch gekündigt kriegt. Und los sind wir am Gang zu gucken, was für Möglichkeiten dass wir haben, dass wir einen anderen Dach finden, auch für die Leute, die da schaffen, auch das ist dann zu schallen. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil, was ich mehr da dabei bin am Office Social, was ich gesagt, wie eine große Problematik an der Logement ist, für Leute mit wenig Geld. Am Frühjahr haben wir irgendwie gesagt, wir hatten keine Steigerung von Problemen, die da sind. Aber die letzten Sitzungen habe ich ganz klar gesehen, viele Leute haben keine Sorge mehr für den Strom zu bezahlen, die Leute haben keine Sorge mehr für die Leute zu bezahlen. Sie kriegen so gut wie möglich vom Office Social geholfen. Das stimmt auch alles. Es sind auch Leute, die noch kein Krankenkäse mehr durch den Covid, die haben eine Arbeit verloren. Und die meisten Leute sind auch nicht so bewandert, dass sie direkt wissen, wo kann ich eine Hilfe kriegen, wo kann ich in der Dach kommen. Dafür ist ich froh, wenn es aber nach den Begriff Office Social auch nach einmal bei den Leuten nobrüch geht, dass es nicht wie an der Zeit ein Armenbüro ist, sondern dass es eine Unterstützung ist mit Assistenz Sozialen, die ihnen bei immens vielen Sachen können helfen. Und dann tendenziell de Gros von den Leuten sind dann auch nach Ausländer,
die auch die Sprache nicht beherrschen, auch meistens Französisch noch nicht beherrschen. Dafür das ein immens komplex ist, und es wäre vielleicht möglich, dass mit der Assistenz sozial auch ein bisschen mehr oft hinkriegen, weil Schütter als Alkes ziemlich stark am Gespräch. Dass da viele Leute sind, die viele Probleme haben. Ja. Gut, merci. Ich meine, das ganz klar, wir stehen an einem Kontakt mit der Assistenz sozial. Das ist auch an diesen Zeiten besonders schwierig auch für Sie. Das Büro brauchen. Ich meine, das haben wir gesagt, wir werden auch gucken, mit ihnen da zusammen eine Lösung zu finden. Das ist natürlich schwer, eine Assistenz sozial zu rufen, und dann kann ich an einer Arbeitssitzung vielleicht mal eine Gemenge machen. Das kann ich nicht gut an einer öffentlichen Sitzung machen. Dass ich vielleicht Sie invitiert, für einen Punkt zu machen, für generell zu erzählen, wie die Situation ist. Mit das, genau wie du siehst, sind überall Leute, die Probleme haben, und das noch lange nicht jeder, den so gut drin ist, und die Schwierigkeiten durch die Zeit haben können. Da werden wir dann gucken, was das dann sozial zusammenkommt. Gut, Jem, da gebe ich dir das Wort gehen. Ja, merci. Also, ich will für das erste Mal wenn ich mich weit zurückgucken, den Diskussionen an den Gemengen, wo doch beim Budget speziell, die gehen dann darüber, über die Aktivitäten an einer Gemeinde, hauptsächlich über das Geld. Den Jean-Paul sagt, wir evaluieren heute am Horizont 2050. Ich kann mich erinnern, wo es angegangen ist, das war mit der Industriezone. Mit der Industriezone, da war auch nicht jeder mit d'accord. Da waren auch viele dagegen. Wenn ihr heute die Envergure seid, die Industriezone an einer Gemeinde, was die aber Geld an Gemengekäse rausspült, was als Betriebe, als an der Restauration und noch andere Betriebe darunter verdienen, wie gesagt, auch noch die Leute, die all da kommen, dann ist da Haut Ideen für das und das zu realisieren, was da sonst nicht möglich gewesen wäre. Oder es geht mit dicken Anprallieren, da sie hat mir so viel Geld nehmen, für Mundsachen zu machen, und da gleich man, da wäre auch vieles nicht gemerkt gehen. Das ist eine Überlegung, die der auch nie, wie gesagt, an einem Budget, in einer Budgetdiskussion vergisst, gehen sie doch nicht so viel Recht gespielt, weil das eine Sache, wo ein Gemeinde umgeht, muss umgehen. Ja, wenn dann die Aktivität an einer Gemeinde wenig mehr zurückgeschraubt ist, als wie du was, dann ist das nicht angenehm an über die Sportaktivitäten, an über kulturelle Aktivitäten, wo heute schon geschmackt sind, als nach anderen Sachen als für Vereine, die ganze volle Programm hatten, das fehlt. Das fehlt an das aber eine Situation, wo wir alle hoffen, dass sie dann das wie schnell rüber soll gehen, dann aber nicht, kann da weitergehen. An einem Budget gibt es auch Diskussionen von der Majorität auf der Opposition. Eine ganz normale Sache übrigens, eine ganz normale Sache. Wenn ich aber da so wenig für objektiv beurteilen, den Abend, übrigens auch an letzten Jahren, also da wird den Anteil für jeden Verein für das Gemeinde noch vorzubringen, am Interesse von ihren Bürgern für noch vorzubringen, dass es soll gut gehen, dass das gut gehen, wenn wir auch Notdele mit sich, wenn wir ein Zentralach haben, gibt es viel Verkehr, den durch Dörf geht. Ganz viel Verkehr, den durch Dörf geht, den muss geregelt gehen. Und ich bin noch dafür froh, dass die Strategie auch beibehalten wird, für nicht einmal einzelne Straßen für den Verkehr zu sperren, wo viel Verkehr da wäre, weil da gibt es noch andere Straßen verloren gehen. Das wäre das ist eine Überlegung, das ist aber keine gute Überlegung am Sinne von der Gleichberechtigung von den Bürgern, weil ein Gemeinde, wie viele Gemeinden am Land, da entstehen neue Lotissementen, auch Retreat von der Hauptstraße, wo ziemlich Lebensqualität nach mir ist, wo mir ist. Das ist eine Hauptstraße, die lang von Eidverstraße bis am Minsk geht, wo auch viele Leute wohnen, und dass da alles auch muss versichert gehen, für den Verkehrsfluss zu bremsen, respektiv für auch dementsprechend Verkehrsmesuren anzuführen,
die schon Deel am Laufe sind, auch schon ein Deel gemacht gehen, für auch dann die Lebensqualität hin das leider auch dummer können d'accord sind. Differenzen nicht gesagt, ja, es gibt Propositionen gemacht, das wird analysiert, das wird diskutiert, es gibt Gegenpropositionen gemacht, das wird dann raus, dass manche Sachen mehr akzeptabel sind, andere Sachen nicht. Das bleibt aber dabei, wenn eine gute Position da ist, die Qualität von der Arbeit doch vom Chef oder von der Majorität doch dementsprechend besser ist. Und dafür, wenn wir das Engagement, und dafür will ich will noch sehr klein für so aber die Diskussion den Footballsterre, die Infrastruktur vom Football, will ich so zwischen 3 Jahren steht am Budget, wenn das zügig angepackt gewesen wäre, dann gibt es dort durchstehen und dann gibt die Diskussion in diesem Moment nicht mehr so gefordert gehen, weil ich will auch ganz klar dabei sein, wenn ein Verein mit 17 Jugendequipen an Relation mit einem anderen Verein nach zusammen, weil der nicht immer alles zusammen kriegt, so viel Jugendarbeit mischt, als das enorm für die Jugend betreibt wird, wo die Jugend lehrt, größer stark zu gehen, zu gewinnen und zu verlieren. Das wollte ich dabei sagen. Ich wollte da danach ganz kurz zitieren, von mir möchte an seinem Dokument, was rausgehen hört. Du hast den letzten Satz gesehen. Ich freue mich über eine konstruktive Diskussion von diesem Dokument an einer Sitzung vom 9. Dezember. Ja, Kollege Jean-Paul, DP hat alles dazu beigetragen, konstruktiv mal zu diskutieren am Sinn von der Sibiria auf ein Allgemein. Voilà, merci Jean für deine Remarken. Ich meine, wenn ich das gesagt habe, wir sollen nicht zurückgucken. Du hast noch zurückgeguckt an. Du hast recht, heute muss ich noch zurückgucken an. Ich will auch da zu dem Punkt sagen, das waren die Zeit ganz couragiert, Politiker auch heute zu schütten, die nicht einfach hatten, für die Sonderaktivität zu realisieren, die wesentlich zu unserem Reichtum beigetragen, wie du doch siehst, auch für Demos gering dich zu frohen, gering Fassaden zu frohen, an einer Sonderaktivität so Freiraum zu machen, das war couragiert. Und so wirklich bis zum Schluss durchgehalten, weil ich war die Zeit auch dabei, an einer anderen Rolle, und war nicht einfach. Und effektiv soll ich noch heute daran erinnern, was für Druck geschieht. Also wir sollen uns auch besinnen, wo das alles hier könnt, was wir auch tun. Gut, für den Rest, meine ich, wo ist der Rest? Wir sollen aufpassen, dass man nicht die Engstraßen zumachen, wo die Eng dann gemütlich finden an das Auto, bei denen die anderen finden, die durchdrehen. Ich meine, das ist Gemeinschaft. Und da heißt es all zusammen und auch ein oder die Männer gucken. Das geht heute leider ein bisschen verloren, wo Leute Sachen gut fanden, solange sie an ihre Mentere sind, aber sobald ein bisschen nun hin, ihre Bequemlichkeit gekratzt wird. Und da muss ich heute eben dann noch probieren, den guten Mittelweg zu finden. Wie du siehst, wir sind mit Verkehrsberuhigungen auch am Gangen, verschiedene wie 32, wo wir schon lange am Gang sind, werden immer mehr konkret geht, und dann noch neue Sachen wie im Neuhäuschen, wenn ich auch gesagt wo wir am Gang sind, zu schaffen. Wir werden auch alle guten weiter schaffen für am Interesse von unseren Leuten. Und ich meine, die Diskussion hier, das ist es ist, bislang ist ja noch ganz konstruktiv. Ich meine, wir sind auch, sowieso sind wir auch dafür gewählt, von den Leuten für an ihrem Interesse zu schaffen. Und wir sollen das auch weiter so machen. Voilà, merci Jean. Dann, Claude, gebe ich dir das Wort nachgehen. Dann schönen guten Abend, alle gut, schon zu mir fortgeschrittener Stunde. De Mikro war net no bei. Merzi fir d'Wet och wann secher schon Sachen heieren huet die Kollegen de Menge go. De Bei Meeser huet an der Sitzung vum 25. November dese Budget firstalt. Je net dobei kein Detail ausgelos, a fir allem noch mat Pansen an den Kontext vun de Projekt gesat, an dommer Prioritäten als Strategie vun der aktueller Investitionspolitik klar aufgesprochen. Das ist leider nicht möglich, über dieses Budget zu schwätzen, ohne dafür im Hintergrund von der Pandemie zu machen. Der Coronavirus dominiert das Leben, auf vieles, was für uns selbstverständlich war, als Haut ein Froh vom Gesundheitsrisiko
und hat am schlimmsten Fall dramatische Konsequenzen. Zahlen von den Infektionen zu Lützeburg bleiben hoch, und wir gehen nach verschiedenen Ländern als Hotspot vorgeholt. Erschreckend sind noch so viele Stierfälle, wo die verstorbenen Personen eine Covid-19-Erkrankung hatten. Neben der menschlichen Katastrophe mit enormen Auswirkungen am sozialen Leben, mit als Nebeneffekt viele physische Krankheiten, also sicher auch langfristig immens Novellen in vielen Bereichen von unserer Gesellschaft, also auch die Ökonomie, die enorm belastet. Viele kleine Betriebe, und da schon viel gesagt im Novent, die an Lockdown müssen, packen das finanziell nicht und müssen Faillite erklären. Viele Leute sind am Chômage und müssen trotz schon enger finanziell schwieriger Situation vordrohen, mit 80% von ihrer Partei gehen. Ein Teufelskreis, wo die Konsequenzen nach nicht aufzuschätzen sind und der Staat enorm erfahren möchte, für diese Situation mit allen Mitteln aufzuführen. Dali wurde für Druck konfirmiert, auch am Office Sozial, merkt denn, dass die Situation sich zuspitzt. Dass mit einer schwachen Ökonomie auch mal so an Käse kommen, mit dieser direkter Konsequenz muss dann noch Gemeng leben. Den Impôt Commercial wird laut zirkulär budgetär 3909 vom 15. Oktober 2020 für das Budget rektifié um 24,4% müssten aufgesagt werden. Und für das Budget initial 21 sind es minus 21%. Das ist par rapport zum Budget initial 20 am Budget rektifié rund 700.000 € Mann, wo wir aber normalerweise mit mehr aufgeschlossen haben. Beim Fonds de Dotation Kommunale sind es am Budget rektifié rund 2.930.000 € Männer. Das sind kumuliert 2,8 Millionen Männer Einnahmen für die Gemeinde. Allein was Steuern und Dotationen geht, das sind schon viele Summen, die da nicht kommen. Wenn es da gute Finanzgestion an unserer Gemeinde und natürlich den höheren Überschuss für die letzten Jahre am Boni am Konto 2019 wo schließlich bei 16 Millionen, als die finanzielle Perennität von unserer Gemeinde nicht aufgestellt. Dank einem gesunden Überschuss am Ordinär von 4,6 Millionen für 2020 und 4,5 Millionen revisibel für 2021, bei einem Ratio von rund 25% entspricht, also doch nicht zu fährten, dass das Boot so schnell an unruhig Wasser gerät. Natürlich ist der Ratio für allem so gut und das auch von der Finanzkommission so durchgestaltet gehen, weil der Staat aktuell ganz viel von unseren Depensen bei den Logementen an den Equipement kollektiv aufbringt. Und dann natürlich die Einnahme bei Steuern an der Dotation trotzdem nachhaltig bleiben. Wir werden aber in Zukunft müssen noch besser überlegen, wo wir am extraordinären Suche werden ausgehen. Gott sei Dank wurde als Gemeinde, wenn es der gute Investitionspolitik die letzten Jahre keine mussten Schritte haben, was die Infrastrukturen angeht. Au contraire, wir erkennen und reagieren mit Zeiten auf aktuelle Entwicklungen. Der Bürgermeister wird auch die PPR gestaltet. Ich kann seine Konklusion nicht mehr teilen, weil wir fertig bringen, Projekte an dem Rhythmus umzusetzen, wie sie am PPR vorgesehen sind. Und da spielen viele Vektoren eine Rolle, und nicht nur die politische Willen. Da können die Projekte nicht mehr lang aus der Gemeinde Kies finanziert gehen. Ja, das ist wirklich eine außergewöhnlich glückliche Situation, dass das nur die letzten Jahre so gemerkt wird. Eine logische Konsequenz ist, dass wenn die Liquiditäten fehlen, dann muss ein Emprunt gemerkt werden. Das ist bei den aktuellen Zinssätzen keine Katastrophe. Er kann wahrscheinlich zu einem Tor fix gemerkt werden. Somit wären Kosten für so ein Emprunt dann noch komplett transparent. Wir stehen aber auch die Meinung von der Finanzkommission, dass ein Emprunt dann im Projekt wie Logement und Enseignement gebunden wird. Mit dieser Strategie respektieren wir nicht nur den Wunsch von der Regierung, die Investitionen hochzuhalten, mehr als Gemeinde kann sich auch weiterhin für die Zukunft aufstellen. Ein Spurbudget, das kann nicht Lösung sein. Gemeinden gehören wie die Staat zur Ökonomie und haben Verantwortung an diese schweren Zeiten. Wir haben auch an den letzten Wochen am Montag mit vielen kleinen Aktionen gewiesen, dass wir für uns Lokalbetriebe da sind. Wir müssen als suchen, mehr wie je intelligent investieren, aber nicht im Spurbuch aufreihen. Ich meine, dieses Budget 2021 ist an der Kontinuität und drückt nicht das aus. Das Gemengebudget ist auch das Spiegelbild von der politischen Ausstellung. Dieses Budget ist für mich am Sinn vom Koalitionsprogramm und der Schaffungserklärung ein realistisches Budget, um ein Projekt in die Gemeinde vorzubringen. Ich will da ein paar Punkte hervorheben, die mir ganz besonders wichtig scheinen. Der Wohnungsbau, schon ganz viel angesprochen in den Ofen.
läuft ein kapitales Problem zu Lützeburg. Preise und Wohnungsmarkt klamme praktisch exponentiell zu deployen. Jung Leute schwätzen schon gar nicht mehr von noch 20 Jahre Prämärkte für die Wohnung zu finanzieren. Wir geschworen bezahlen so lange, wie sie schaffen gehen. Was dann überhaupt eine Wohnung fangen? Weil neben der Spekulation auf die Bauherren könnte Problematik von einem schwierigen Markt mit Wohnungsmangel dabei. Eine Frage, die sich stellt, können Gemeinden dieses Problem lösen? Natürlich können Gemeinden dieses Problem nicht allein lösen. Aber sie können aber ihren Beitrag leisten. Da gilt natürlich, den Spagat zu machen zwischen der Gemeindenentwicklung und der Lebensqualität. Land Herren auf den Markt zu bringen, über Ausweise für Zonen am PAG, ist eine Nicht-Lösung. Sogar wenn das Zonen für soziale Wohnungsbau ausgewiesen werden, funktioniert dieser Approach nicht und Zusammenhänge sind ein wenig mehr komplex wie das. Gemeinden kann aber auch Opportunitäten am Markt behalten. Selber Terrain am Häuser kaufen, Projekte machen oder Teil holen, über das gesetzliche Minimum raus. Der Pakt Logement 2.0 steht für unter dir und es werden an dem Kader noch mehr Möglichkeiten für die Gemeinde kommen. Mittlerweile hat die Gemeinde Schütter so 6 Wohnungen, 4 Appartementen unter der Hart, die für Leute 50 plus, die praktisch fertig sind, nach 5 Häuser am Bau, die 2020 fertig gehen, darüber raus nach 2 weitere Immobilien um Schönenberg und dann Rückwärtspart zu Minzburg, wo sich in Zukunft Projekte machen lassen, geplant sind. Und das ist schon bemerkenswert. Da man aber nicht genug. Aber wir begrüßenswert fanden die neuen Projekte, die am Budget stehen. Realisation de Logement à coût modéré, 500.000 € an der Rue des Jardins, 500.000 € an der Rue du Village zu Schötter. Ich meine, das sind ein Anfangsmontant, da können nach über die Jahren kommen nach Sommer dabei. Réalisation de logement pour jeunes en situation difficile. 350.000 € für Projekt im Schönberg. Das ist also für alle Alter etwas dabei, für ganz Junker, für Junker, am anderen Junker, mit Kanner. Eventuell können wir hier, wie schon das öfter genug geschwärzt, ein bisschen mit den Stellstrafen, also im Moment drehen. Und auch für die nicht mehr so jung. Hier sind Bedürfnisse, aber noch nicht so klar. Wir sollten dann noch mal die Analyse von der Situation zu beibringen, damit die Gemeinderat sich ein konkretes Bild machen. Was brauchen wir ein Modell für Wohnungen für jeder Leute? Was für ein Enkadrement? Wie soll das finanziert gehen? Und so weiter. Es ist schon gesagt, die 10.000 € am Budget stehen schon lange durch. Und wir sollten die Etude an Auftrag geben. Es kann sich also als Gemeinde einen moderaten Wachstum verschrieben haben und trotzdem am Wohnungsmarkt aktiv sind. Null Wachstum kann es nicht gehen, mit Problemen wie Verkehr müssen angepackt gehen. Lösungen sind natürlich nicht alle lokal, aber viele Probleme müssen regional, wenn nicht sogar national angepackt werden. Daher ist es wichtig, dass der Chefrat an den verschiedenen Gremien Positionen von der Gemeinde vertritt. Auch gefroht, dass der Networking und als den Urbanistenkonkurs für den Zentrum für Schütter und neu zu gestalten, auch Möglichkeit, ob als Probleme aufmerksam zu machen. Nachdem es ein Workshop mit den Bürgern, den Besoin und Infrastrukturen und Funktionen festgestellt und beschrieben wurden, wo dann nur den Urbanisten für Ideen zu finden, wie die Funktionen mit denen funktionieren können, wie der Verkehr geregelt kann gehen, wie das soziale Leben kann promoviert und unterstützt gehen. Es gibt sich also für dich Gedanken gemacht, wie das nur der Realisation kann funktionieren, ihre Infrastruktur realisiert und gebaut wird. Das kostet uns am Budget rektifiziert 157.708 € für 2021 und dann nochmal 125.000 € vorgesehen. Und mit der Depense, die schon 2019 am Konto steht, für 770.000 €, bleiben wir also bei rund 300.000 €. Die heißt die Planung kostet. Mit das eine Planung für die nächsten, wir sind nur schon über die Kurzhöhle geschwärzt, 20, 30, 40 oder 50 Jahre. Das Planung ist für mich all Euro wert, den sie kostet. Die Jury ist dabei, seine Rapporten aufzuschließen und da können die zurückbehaltenen Projekte bestaunt gehen, aber konstruktive Vorschläge kann er dann die nächste Runde von der Konsultation renommieren gehen. So, bei mir ist heute so, dass das am Januar über die Bühne gehen. Wir haben an der Oktobersitzung ein neues Taxreglement für den Anfang bestimmt. Auch das Reglement reiht sich konsequent als Strategie vom Klimabündnis an der Nachhaltigkeit an. Broschüre, die nach einer gegenüber Möglichkeiten Anfangsplan angeht, aus am Gang zu gehen. Oder vielleicht schon mal gebraucht, bei mir weiß ich nicht, was. Es gibt das Prinzip vom Polyarchäer umgesetzt. Und es gibt kostendeckend operiert. Den das alles egal ist, der bezieht Medaille wie den er möchte für Anfangs vermeiden. Das ist zum Beispiel durch Umstellen von den gewöhnlichen Robert Acker
wodurch das Team unter dem OKT, spätestens Dono aber beim selektiven Ziel. Die Infrastruktur aus Do an alle Haushalte kann durch eine gute Organisation den Restaufhalt an der großen Ton weitgehend vermeiden. Für die Windel gibt es Alternativen, aber auch der Windelsubsid. Für die Katzenstreu wird biologische Materialien, die an der geringen Tonnen zuständig gehen, an die Produkte sind nicht nur mit teuer wie ein gutes Tier. Der Katzendreck in der Pubelland ist nicht schwer. Für die Pubeier und Glas gibt es die Blut und die Gierpubel, für die Küchenaufbau wie gering. Ziel aus null Aufbau. Trotzdem schaffen wir am SIAS und einem innovativen und noch mehr exemplarischen Recyclingcenter. Planifikation der Page-Touren, und ich bin die Frau am Budget 2021 zu lesen, dass der Apport für Quotar für Schötter mit 118.000 € vorgesehen ist. Das ist ein Anfang, so kommen auch noch weiter Depensen noch. Der treibt sich und Mesuren am Kader von Pakt Klima an für die Energie zu spuren, mehr auch zum Beispiel Green Events, wo es Vereine unterstützt gehen, was die Organisation von ihren Evenementen nachhaltig gestalten. Dann beim Umweltschutz, den wir über die SIAS finanzieren, wir aber auch für die Renaturierung von den Fließgewässern am Budget 170.000 € vorgesehen sind, aber wo es effektiv realistisch ist, dass bei der Minzbar dosisch geschwind etwas steht. Zumindest so eine Idee. Es ist auch flott, dass ein Pendant zum Klimapark der Lode Naturpark könnt. Dadurch können eine ganz neue Dynamik und ganz viel durchsehen. Dono kriegen Gemeinden auch ein Zertifikat, können den ausschreiben und kriegen dann noch vom Staat eine finanzielle Unterstützung. Wie schon gesagt, ist dieser Bereich, wo dann noch mal mit einem Naturbüro eng zusammengeschafft wird, auch vom SIAS chapeautriert gehen, auch von Zertifikation dann der jeweilige Gemeinde zugute kommt. Wie beim Quellenschutz wird dann noch bei der Natura 2000 Zone Komitee de Pilotage gestaltet. Der mit Hilfe von einem Animateur die verschiedenen Mesuren auch so soll definieren und mit Nackten und Terren umsetzen soll. Für die Rehabilitation von der aller Quelle am Bierdergrund an den Deplacement vom Kapdasch selber auf die andere Seite von der Straße bin ich froh, dass da bestimmt umgehen und mit 500.000 € am Budget stehen. Für die Vereine. Am Budget stehen 1,5 Millionen für die neue Formationszahl oder Zahl polyvalent von Propagsterre. Das sind viele Suchen. Wenn wir wissen, wie da ja immer alles geht am öffentlichen Bereich. Nicht zuletzt auch, wenn es den höchsten Anforderungen und Sicherheit und Zugänglichkeit und Räumlichkeiten für jeden Verein, das heißt auch per mehr gerecht. Auch wollen wir heute nachhaltig bauen. Das kostet an einer echten Phase mehr, als aber nur unter dem Strich auf mehr billig. Dass alle Lösungen oft nicht die besten sind, auch beim aktuellen Zeit viel persönlichen Ansatz vom Verein der Handelsstunde. Weißt du, dass wir nur noch von 12 Jahren so ungefähr schon rümpfen in dieser Problematik stehen? Natürlich wurde Budget-Demos auch ganz bescheiden in den investiert wird. Was aber im Fußballsterra noch dabei kommt, und das wissen wir auch, als Decision, für weiterhin auf einen Terra zu bauen, den der Gemeinde nicht gehört, oder aber auch da, für alle Mal den Preis für das Grundstück zu bezahlen. Die Möglichkeit ist jedenfalls da, der Proprietär ist ab, und ich meine, noch da müsste die Gemeinde Farbe bekennen. Neben dieser Investition in Sport will ich aber auch hier, das schade doch schon gesagt, und dann auch, dass Vereinssubsidien einen Corona-Zuschuss kriegen werden. Ganz wichtig auch die sanfte Mobilität. Nora hat alle Projekte abgezählt. Andere Menkeier als Gemeinde hat ganz oft auf die gute Wille von den Proprietären angewiesen, die hier einen Terrain zur Verfügung stellen müssen. Effektiv ist ein pragmatischer Approach für beizumachen. So wird der Proprietär nicht das Risiko, einen Terrain abgehen zu holen, was sich noch ein paar Jahre eine andere Situation weist, an vielleicht ein Projekt für Wohnungsbau und unliegenden Terrain eventuell erschließen. Mit dieser Approach können sich eventuell noch machen, Approchen für Verbindungswege für die Velo und die Fußgänger können realisiert werden. Wir haben also auch 5 Kilometer so weit bis 2030 an den Klimaplan geschrieben. Herz leid mir auch das Stück weh zwischen der kleinen Därenanlage und dem Kartenbusch. Weil du über den CR zu passieren, von der Busch zu kommen, das ist wirklich sehr gefährlich. Die finanziellen Möglichkeiten mit 150.000 € haben wir als Homogin. Verstauungshaus ist fertig, umgebaut, an die neuen Büros sind wirklich agrarabel. Platz also Lodo, die dringend gebraucht wird.
Die Speicher nach zu benutzen sind am Budget 375.000 Euro vorgesehen. Wenn in all die Investimenten von den letzten Jahren zusammenzählt, dann haben wir das Budget vom Albert Schneider sein Projekt depassiert. Ich habe das schon wie oft gesagt, auch aus der Opposition heraus, dass man das Sozialnährung von den Freien für ein und dasselbe Projekt, dass das nicht unbedingt Lösung ist. Außerdem hat das Konzept gefehlt, weil für Männer suchen wir neben dem Presbytär auch nach einem Neubau entstanden, an die bestehenden Gebäude wären energietechnisch renoviert gehen. Wir brauchen heute nicht mehr durch den Hof zu laufen. Nun, das ist Mutat après-dîner und das ist wirklich gut, dass wir dann den Ende vom Tunnel gesehen. Ich denke noch nicht, dass die Extension von der Gemeinde, die auch am Cahier de Charge vom Konkurs steht, an den nächsten Jahren wird eine Urgence gehen. Wo wir aber eine Urgence haben, da das am Gemengen abgelegt. Auch da müssen wir das Personal verstärken und das Resultat der Gemeinde draußen. Nur will ich dann noch ein dediziertes Projekt vom Mobilier urbain, den an unserem Atelier mit Holz als Bücher auf von unseren Leuten realisiert wird. Wir haben eine Technik, die schon zu seiner Zeit für den Baukinder für 27 Jahre nicht so groß war, Platz als alle nicht. Bei mir von als Service verlangen, professionell und effizient zu schaffen, da müssen wir hin und Möglichkeit geben. Am Budget stehen dann 383.000 Euro für dieses Projekt, aber wir müssen da wirklich aufpassen, dass dieses Projekt auch noch passt, ohne dass es soll überdimensioniert sein. Wir wissen alle, dass auf demselben Herr auch noch ein Kaserne vom CGD soll kommen, und ich habe es schon ernannt, ein optimisiertes und innovatives Recycling-Center. Außerdem wollte sie sich auch ganz niederlassen. Das ist doch sinnlich. Mit mittelfristig geht das Syndikat von 20 Leuten aus, die durchschaffen werden. Beim CGD können Sie sich vorstellen, neben der Standardkaserne von der Kategorie 2, das Gemeinde auch Zimmer für Notfall aménagiert. Das gehört auch an anderen Centre d'Intervention und da gibt viel Synergie im Funktionament von den Pompien. Wenn ich dann noch weiß, dass auch Point Chausse mehr Platz brauchen und eigentlich eine Ausfahrt auf der Hecht mit einem direkten Échangeur auf der Autobahn auf die Mehlwehr, da sind in Hektar Land in dem Fall nicht mehr viel, wenn ich alles bedenkt, was von Infrastrukturen überdurcht ist. Die Gemeinde wird natürlich als Grundstückeigner die beste Karten. Aber als den Ersatz nicht eventuell zu groß, wenn dann der Gewinn nur nicht mehr klein ist. Als letzter Punkt, nicht weil an dem Budget nicht mehr dran ist, mir kontra geht noch lang, ob alle Menschen es angehen. Ich will aber nur Geduld nicht viel mehr lang strapazieren, gebe ich noch kurz Projekt rund um die Schule nehmen. Ich meine, das wichtig, die Kinder ein flott Umfeld zu bieten, wo sie an die Schule gehen. Weil, und das nur mal Konsequenz von einem Region und eurer Lebensstandard, die Eltern gehen heute zu schaffen, oft die ganze Zeit, und der Tisch halt zu Lützeburg 40 Stunden pro Woche. Kinder leben also im Zeit von der Schule, nicht nur was Schule ist, mit den ganzen Tag. Wir müssen hin an so ein Umfeld schaffen, wo sie zufrieden sind, sich entfalten können, stimuliert gehen und sich ausleben können. Die Zusammenarbeit zwischen der Maison Relais und der Schule muss möglich sein. Schulische Aktivitäten müssen mit perischulischen Aktivitäten können kombiniert werden. Alle Bereiche wie Musik, Sport, Kultur und Bildung müssen optimal aufgedeckt sein. Meier dürfen sind anspruchsvoll an einer ständigen Evolution. Dafür müssen wir permanent am Ball bleiben und immer die nötigen Investitionen machen. Das waren 1,8 Millionen dieses Jahr, und für 2021 den 650.000 Euro am Budget. Das sind Investitionen an als Gesellschaft, Humor, die also Kinder direkt zu gut kommen und also Garant sind für eine lebenswert, moderne und tolerante Gesellschaft. Am Namen von der LSAP-Fraktion so ich also Gemengepersonal ein großes Merci, ohne sie dürfen Zahlen für das Budget nicht zur Verfügung stehen. Ein großes Merci aber auch dem Schafrot, den die politische Akzente gesagt wird an die richtige Entwicklung von unserer Gemeinde an diesem Budget was angeplant wird. Ein großes Merci auch an euch alle für die flotte und kontroverse Diskussion unter dem Tisch. Den anderen so merci für die Voilà, merci Claude für die Ummerkungen. Ich will zwar 3 Sachen ganz kurz sagen. Du hast im Jam am Fontan, was ging dir vergessen hat, ihm zu gehen, was der Fußball, die Reunionsräume angeht. Du Jam hat effektiv gesagt, von der Züge Jugendpark, dann wird der Tag schon fertig. Wir haben nicht Züge Jugendpark, dann der Claude hat ein bisschen dann was gehen. Wir wollten nämlich genau gucken, dass man nicht die ganze Büwet wieder der Klotte stehen. Und da war es wichtig, dass man da gewissen Rekül noch handeln hätte, wollten aber auch gucken, dass man den Terra dafür drin kreieren,
wo wir das noch wollen Druck setzen. Und dafür ist das Projekt auch noch nicht so komplett. Und da sind wir effektiv mit dem Proprietär am Gang. Wir sind den auch kurzfristig nachdenken, ja, wir werden mit dem schwätzen. Was doch richtig gesagt ist, Claude, dass der Ofen auf der Gemeinde, heute muss ich einfach Courage holen. Ich meine, dass eigentlich als der Courage nicht geholfen für das Projekt da umzusetzen, für das Ganze umzubauen. Ich meine, du mir dem uns den Courage geholt, das war wie der Nico Boimeister, wo du hast gesagt, ich komme, wir bauen die Allgemeine, das braucht man eine Zeit, das ist kein Provisorium, das Geld ist gut investiert. Du hast auch gesagt, wo können die noch so viel Suchen draufstechen? Das sind Top-Büro, und ich meine, als Leute sitzen noch schon ein Jahr lang flott da dran. Du hast immer gesagt, komm, wir bauen ein paar Stoisch. Damals haben wir übrigens auch das Projekt für ein paar Stoisch schon umzubauen. Du hast mir das aber nicht gemacht, das haben wir lo gemacht. Ich meine, haben wir effektiv ja nur dasselbe Weg gehen, an muss ich heute vielleicht auch einfach kein Risiko holen. Also, na, komm, wir machen etwas, gibt das nicht im Moment da ja schön an Ivaturen sich einfach als guten Investor rausstellt. Dann schwätzt dann ein über den Platz für den Recycling Center soll kommen, den CG10 gebaut, Centre d'Intervention für den CG10 und dann noch den Nathalie soll ausgebaut gehen. Lo ist effektiv und pro Chance, die auch viele vergrößern. Und wir sind da am Gang wirklich schon das Ganze verschaffen. Und ich meine, das ist auch gut, dass Sie als los seht, können wir gucken, ob wir nicht können, wenn wir schon ein höchst modernes Recycling-Center mit sämtlichen Infrastrukturen bauen, dass wir das Büro hier bauen. Und wir werden noch an den nächsten Monaten wirklich konkret gucken, geht das hin. Und wenn wir nicht alles da drauf kriegen, muss man gucken, wo man vielleicht so eine Ausweichmöglichkeit tun. Wir sind am Gang da zu gucken. Ich meine, da ist auch wichtig, lo zu so wir wollen dann einfach mit all diese Leute hinkommen an das so keine Lösung ist, dass sie vor links operiert kommt und geplündert los sitzen sie dürfen im Sendinger Birch was dem Staat gehört wenn nicht weiß wie lange können wir da sitzen bleiben an du siehst wie es doch gesagt ist fies dann kommen immer neue Missionen noch bei ihnen dabei an du darfst man auch keine Illusionen man das geht auch immer mehr groß mit das immer am Gang zu gucken voilà, dann Gilles du bist für 4 am ABC mehr wieso sind wir die Last sind die Best da gebe ich dir die Ideologie für dann noch so. Ja, das ist kein Problem. Vielen Dank, Jean-Paul. Meine liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Chef der Gemeinderat, Leval Gur, am Namen von der CSV-Fraktion Schütter, will ich dann auch all die Gemeindebeamten, dem Bürgermeister und dem Chefrat für die Arbeit ganz durchüber und für die Abstelle von diesem Budget. Merci so. Merci so mir auch den engagierten Member von der Finanzkommission für ihren detaillierten Avis, den sie wie alle Jahre vorgelöst haben. Das Navi wird dem Bürgermeister, dem Chefrat, dann soll hoffentlich eine Unterstützung sein für die Gemeindefinanzen auf verständliche Art und Weise zu gerieren. Wir sehen, dass die Gemeindefinanzen weiterhin gesund und ausgeglichen sind, aber wir haben als Gemeinde keine Schuld, also ich war heute noch nicht zwingend darauf angewiesen, Schuld zu machen. Das ist hier lösenswert, dass wir als Gemeinde hinkriegen tun, also Budget auf eine raisonable Manier zu gerieren. Ja, es ist schön zu sehen, aber begrüßenswert, dass aus unserer Sicht urgent Projekte wie unter anderem das Reaménagement von der Rue des Sendingen und Neuhäuschen oder der Liaisonswürfe zwischen Münzburg und Niederrhein nur Jahren endlich anlaufen können. Insgesamt als für uns den Ausbau von den Velos auf Fußgängerwege und noch die schrittweise Vernetzung von diesen Wegen richtungsweisend. Des Weiteren als das Aménagement von öffentlichen Plätzen und Spielplätzen an der Gemeinde zu begrüßen. Im Hinblick auf die aufwachsende Population sind die geplanten Investitionen an den Ausbau von Schulgebäuden wichtig für die Zukunft. Die Umsetzungsmaßnahmen im Sinne des Klimapakts sind für uns ein wichtiger Punkt am Budget. Wir sind froh, dass die Gemeinde in dieser Hinsicht ganz aktiv ist, weil sie noch Bestrebungen unter anderem für die Aussparung von Energie hervorzuheben. Wir wollen heute auch besonders den Umweltbeauftragten von der Gemeinde für seine flotte Arbeit bis jetzt felicitieren. Die Investitionen für den Erhalt und Verbesserung von unseren Trinkwasserquellen und ein Engagement von der Gemeinde für einen aktiven Trinkwasserschutz zu summen mit all den betroffenen Akteuren als wichtig ist. Wir sind froh, dass das am Programm und am Budget berücksichtigt wird. Ich meine, in die Richtung geht auch ein bisschen das, was Jean-Paul schon angesprochen hat, dass auch Kläranlagen in den nächsten Jahren endlich ausgebaut können gehen, sodass wir da auch alles machen für Hochwasser auf die beste Manier zu traktieren und durch die Umwelt zu schonen. Auch der Kauf von Terrain und von Häusern und die Unterstützung von Projekten für die Logement moderiert zu begrüßen.
an der sehr wichtigen Invest für die Integration von Männer bemittelte Leute, von Jugendlichen, von alleinstehenden Leuten, jungen Koppeln, und Familien. Und am gleichen Sinn als auch der Weg für die Schafe von Wohnraum für uns Eler Mattbürger geschafft. Wir sollten allerdings als Gemeinde weiterhin aufpassen, als Ausgaben am Budget extraordinär nicht zu hoch umzusetzen, für am Hinblick auf die aktuelle Krise gestärkt und eine ungewisse Zukunft bauen zu können, für allem, weil die Depensen am Ordinären weiter klammen, während die ordentlichen Resetten ist der Tendenz zu fallen. Die Handhabung vom Budget ist für uns richtungsweisend, allerdings bemängeln wir auf Purplätzen eventuell die Verdelung von dem Budget zwischen den Budgetsposten, die für uns nicht immer ganz kohärent ist. Einzelposten am Budget müssten unserer Meinung nach zugunsten von anderen wichtigen Projekten zurückgeschraubt gehen, weil sind Prioritäten teilweise nicht so gesagt, wie wir uns das wünschen. Wichtige Projekte, die wir auch als CSV wollen weiterbringen, die für uns nicht genug valorisiert und nicht sehr genug vorangetrieben. Projekte zum Ausbau von der Mobilität müssten noch mehr Gewicht kriegen, wie sie schon haben, und mehr konsequent weitergetrieben gehen. Den Ausbau von Recycling an Ressourcenzentren ist schon ganz viel umgespart gehen und schon breit diskutiert gehen. Als mir auch für unser Projekt, den schon lange im Raum steht, aber wo mir es bis heute leider, also wo für uns bis heute leider wenig bis geht Projekt zu gesehen ist. Heute wurde durch den erreichten Archiv von den Agent Terra rundherum den bestehenden Zentren Möglichkeit gehen, sehr am Ausbau und mit dem sinnvollen Access für uns zu fangen, für den immer mehr akut klammenden Undrang an Ressourcenzentren an den Griff können zu kriegen. Wenn wir mehr nachhaltig wollen gehen, und mehr recyceln wollen und Bürger mit auf diesen Weg kriegen, müssen wir heute auch Möglichkeiten dafür schaffen. Gleichzeitig ist der Bau von einem neuen Ersatzzentrum für die Rettungsdienste ein Projekt, das noch immer nicht realisiert ist und den aber absolut Priorität hat für die Effektivität der Rettungsdienste hier an der Gemeinde und an der Notbeschränkung zur Gemeinde zu erhöhen und die Sicherheit von Bürgern zu verbessern. Es ist aber zu begrüßen, dass die Weichen für das Projekt gelöst sind und am Budget auch Rechnung gedruckt kriegen. Und wir hoffen, dass wir heute sehr kommen können. Des Weiteren ist die Gestaltung vom neuen Dorfkern bei der Gemeinde Projekt, wo wir uns wünschen, dass diesen noch mehr sehr und mehr Eifer betrieben kann gehen. Wobei ich aber so muss, dass in auch den Oben hören, dass hier alles gemacht wird, dass das auch sinnvoll und so sehr wie eben möglich das gemacht soll gehen. Der Bau von einer neuen Büwelt für den Fußball ist dann auch ein Projekt, den auch schon den Abend mehr wie einkehr diskutiert ging ist. Und wir sehen den also auch ganz ambitiös. Voilà, par rapport zu anderen wichtigen Projekten schenkt uns diese Posten ziemlich hoch, auch von dem umgesetzten Budget bei weitem nicht so hoch ist, wie er noch 2020 schon umgesetzt war. Heute geht für mich besonders über mehr Informationen freuen, wie der aktuelle Stand zu dem Projekt ist, wie du weiter vorführen soll gehen. Und es ist wichtig, dass auch an dem Projekt vor sich gehen, an Etappe 40 Uhr für die Ausgaben am Equilibre halten zu können. Auch von mir als an der Bedeutung von unserem Fußballverein für als Gemeinde bewusst sind und Förderung von Sport für allem bei der Jugend unterstützen, freuen wir uns, wie das doch schon am Avis von der Finanzkommission gesagt ging, ob wir dieses Projekt wirklich prioritär durchsetzen oder ob es nicht sollte, wie sinnvoll sind, das in einer Periode zu verregeln, wo in einer finanziell mehr sicherer Situation ist. Voilà, das aus unserer Sicht zum Budget. Insgesamt fand ich, dass ich weiterhin darauf setzen, die Reserven für mich schwere Zeiten zu vergrößern. Für allem das Jahr haben wir gesehen, dass ich nie genau so wie die Zukunft aussieht, dass so Situationen wie die hier ganz sehr dazu führen können, dass ihr ein bisschen an Trudere könnt. Und voilà, dass ihr durch nicht so hohe Ausgaben eben verhindern soll, an Truderen zu geraten. Hier gilt den Equilibre zwischen den Resetten und den Depensen zu halten. Ich meine, gesagt in einem Budget, dass alles gemacht wird, dass das wirklich so umgesetzt kann gehen. Das alles an allem einfach keine einfache Aufgabe. Und wenn wir aber die Arbeitsspiele gucken, die gelegt sind, sind wir uns sicher, dass wir das als Gemeinde meistern. Voilà, in dem Sinn wünschen ich dann dem Chefrat und uns alle gut um dich eine glückliche Hand für die Gemeindefinanzen am Ende vom Bürger weiter zu verwalten
und noch die Jahr 2021 gut anfangen zu können und aufschließen zu können. Ich muss merci viel Stunde. Merci Gilles auch für deine Remarken, auch dazu ganz kurz. Ich meine, du siehst zumindest mehr Importanz am Budget, Mobilität dus, Recycling Center, die Projekte gelöst gehen. Also ich meine, das ist so, Mobilität dus, da haben wir einen ganz starken Akzent drauf. Wir haben am Budget natürlich keinen Wert, riesige Chiffren anzusetzen, auf Projekte, die noch nicht 100% spruchreif sind. Wir sind aber überall der Hand, für Autorisationen zu kreieren, und wir schaffen in den Projekten. Also sobald sie konkret gehen, werden wir auch die nötigen Kredite deblockiert kriegen. Das dürfte kein Problem sein. Auch das Recycling- und Ressourcencenter, ich meine, für Drunner als Riesken, das ist ein immens komplexes Projekt trotzdem. Und wir werden, von mir bis eins in das Projekt, wenn es last geht, und da sind ganz viele Diskussionen, die gefordert gehen, die auch in der Zwischenzeit, du hast vieles geschieht. Ich meine, das ganze Konzept vom Recycling-Center, den hast du ganz auf Kopf gehalten mittlerweile. Da war ein ganz anderes Konzept, das ganz auf Kopf gehalten ging. Das lo also eine gewisse Entwicklung, die du könnt, ob dann der Sonntaktivität von Iran, wo man nach den Échangeur von der Autobahn diskutieren, dass in Erneuke kann, wenn ihr von der Autobahn könnt, dass ihr eventuell eine Karriere an die Zone rauffuhren. Ich meine, du hätten sie aus dem uns geguckt, für die Feld wieder zu kreieren, das ist die Vendorie durch die Point Chaussee. Wie gesagt, das ist ein komplexes Projekt, wir planen darum, sobald die angefangen sind. Ich meine, da müssen Kredite kommen, so oder so, weil wenn die Projekte lanciert sind, auch von nicht riesige Summen am Budget stehen, die Planungen lebt. Wir brauchen dann nicht mehr, am Anfang seht ihr, doch setzen nicht mehr an Budget wieder verschaffen können, das lebt aber. Wie gesagt, in Dürfkehr auch, da werden wir probieren, trotz der aktuellen Situation, so sehr wie möglich führen zu kommen. Wir müssen es natürlich einer Moyen de Borologin, wie das man nicht können einfach Leute zusammenrufen, für zu diskutieren. Das muss man einfach aufpassen, aber auch das lebt für uns. Büfert FC Minzbüch, das lange Breit diskutiert gehen. Der Knackpunkt ist, bei der Büfert ist eben, wir können dann nicht erstecken. Ich meine, das vier gesehen, alles, der alte Wäsch, an dabei, dann etwas Neues. Weil an den letzten Jahren ist immer beigebaut gehen und das links und rechts raffistoliert gehen und dafür ist nie etwas Optimales dabei herauskommen. Ich will einfach so, dass wohl nicht, dass der Fußball dort Bananenköste sitzt und dass er mit Briketten hützen. Ich meine, wenn in das Gebäude guckt, da das einfach eine gewisse Qualität und der Fußball kann auch funktionieren. Also das ist nicht urgent. Wir sollen wohl mehr, wie wenn beim Fußball da ist ganz schlimm, wir so proper Vestiären haben. Also wir werden noch, wie gesagt, wir gucken auf den Terrain zu kriegen, an den Kostenpunkt, den das wesentlich, an das was am Budget steht, als bei weitem nicht das, was das kostet, da schwätzt man von einfach schon eine schöne Summe, und wir werden noch ein Chiffre avancieren, bis wir noch wissen, was den Terrain danach kostet. Wie gesagt, wir sind in der Hand, aber auch da ist es nicht immer so einfach. Dann, du hast recht, soll ich nicht mehr gucken, für Reserven zu halten. Ich meine, wir haben eine gewisse Reserve, wo wir ein bisschen lieber drunter kommen, wir haben keine Schulden, sodass wir da meiner Meinung nach auch gut für die Zukunft abgestellt gehen. Und das, wie Gideon im Tisch gesagt hat, ich meine, wir sind noch an einer gewissen Krise, wir müssen es sehr genauer mehr halten. Und wie ich schon viel gesagt habe, wir müssen als wie man das daheim auch müssen wir an der Decke noch strecken, was wir haben, müssen wir sinnvolle Wäsche gehen, aber wir müssen auf fertigbringende Projekte zu verzichten, weil ich meine, wir haben auch Partnergemeinden, wir kennen ja auch Leute an anderen Gemeinden am Ausland. Also wir sind heute schon auf einem Niveau, wo aber Gideon nicht mehr kann staunen, was Lützeburger Gemeinden sich leisten können, was wir als Leute können bieten. Und ich muss auch so in alle Guten, die Leute, die bei uns vorne kommen, also wenn jemand mit denen schwätzt, die Sonne selber alle Guten haben, weil wir haben das Schlaraffenland. Und ich meine, da muss man als Lützeburger einfach bewusst sein. Und mir ist keine Angst, weil ich so mit 20 oder 30% Männer geht da ist nach tipptopp an dem Land. Wie gesagt, als Finanzen sind gut, und ich meine, Prävisionen von der Regierung sind ja einfach, dass der Tolo nicht ewig ist, dass man ich gebe so 3 Jahre, dass man dann einfach auf einen gewissen Vitesse quasi kommen. Und ich meine, sie gucken ja auch für alles einfach zu machen, dass als Firmen dann alles kann weiter funktionieren, dass die Wirtschaft lebt. Und, wir werden da schon alle zusammen auch durch die kleine Krise kommen. Gut, da gebe ich euch alle gute Merci so für Ihren Beitrag heute Abend. Dann gibt man über das Budget dann noch aufstimmen, für dass wir den da können dann hinterher schicken. Ich gebe proposieren, dass wir für dich dann über das Budget Rektifier von 2020 gingen aufstimmen. Nora Foggiarini, Georges M. Kaufmann, Claude Marzan, Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann, Dali Altmaisch,
Wigback an den Serge Eicher. Gut, dann gibt mir das Budget aufstimmen. Gilles Altmann, Ali Altmaisch, Wigback, Serge Eicher, Nora Foggiarini, Georges Kaufmann, Claude Marzan, Lilian Ries, Serge Stein und Nico Welsch. Voilà, merci, da wir den Budget da aufgesehen für das Tour. Da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Da geht es dann um die Fixation von den Effektiven an den Cadre fermé. Ich meine, dass das letzte Jahr, dass man da muss stimmen, weil gesagt ging, dass 5 Jahre lang muss danach alle Jahre gestimmt gehen, nachdem es die Reform von den Funktionären, von den Traitement von den Funktionären ergreift das. Das ist, sind dort so welche Remarken, dass das nicht der Fall gibt, noch darüber aufstimmen. Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann, Ali Altmaisch, Wigback, Serge Adinas Partner, Nora Foggiarini, Georges Kaufmann und Claude Marzan. Ja. Voilà, dann haben wir da auch angeholt. Und da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es dann um Konzessionen im Kirchlich. Da gebe ich dann im Serge. Ja, hier geht es um 3 neue Konzessionen über 30 Jahre im Schötter Kirchfest. Das wären Konzession 316 vom 9. März für 2 Emplacementer, Konzession 316 vom 10. November für 1 Emplacement, bei der 3. Konzession handelt es sich mit der Nummer 319 vom 14. November handelt es sich um ein Kas am Kolumbarium. Heute Morgen sind noch 2 Renouvellementer beikommen, die sind noch per E-Mail mitgedeelt gehen vom Alain. Das Ganze lief dann noch ein über 30 Jahre. Das ist zu meinen Konzession 231 vom 18. Mai für 2 Emplacementer. An Konzession 232 auch vom 18. Mai für 2 Emplacementer. Wie gesagt, das sind 2 Renouvellementer, das andere waren 3 neue. Von Luna eine Wortmeldung da wir dazu. Scheint nicht der Fall zu sein, gibt man auch darüber aufstimmen. Ja. Wir hängen jetzt 2 an den Serge Eicher, den hast du noch da. Nora Foggiarini, Georges Kaufmann, Claude Marzan, Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann, Ali Altmaisch und der Wigback. Gut, da werden wir da. Und dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es dann um ein Morcellement von einem Terrain an der Rue Principale um Neuhäuschen. Da gebe ich ihm noch etwas. Ja, also am letzten Punkt vom Ordre du Jour geht es um einen Aufruf für Morcellement um Neuhäuschen. 45 Rue Principale, das ist Kadaster Nummer 1520, über 4154. Das ist ein Terrain von bald 13 Jahren, den nur an 2 gesplittet wird, mit dann jeweils immer ein bisschen mehr wie 6 Jahre pro Terrain. Und das 4 gesehen für die 2 Terrain jeweils Jumelé zu setzen. Die Pläne, die da gesehen hat, die sind nicht definitiv, wir nehmen für eine Idee zu kriegen, weil da ungefähr kein gebaut ging. Der Chefrat ging gespielt, noch hei, dieser Demande Morcellement zuzustimmen. Merci, wenn ihr noch froh sind. Ja, sind dazu keine Froh mehr. Und wieder doch an der Reihe. Gibt man darüber aufstimmen? Nora Foggiarini, Georges Kaufmann, Claude Marzan, Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann, Ali Altmaisch, Wigback, Serge Eicher. Voilà, dann hätten wir das auch. Dann kommen wir nach zu den Questions écrites des conseillers. Da wir den Novent nach einem Vororaclit von der DP. Voilà. Ja, mir hatte dann kurzfristig eine Frage gerichtet. Geht also das nur dem gestoven den Gemengebäude im Internet gesehen haben. Am Gemengebäude ist es so, dass wir da dann just nach so ganz synthetisch kurz resümiert Rapport von den Gemengeratssitzungen
publiziert gehen. Ich meine, an all den Jahren, man die Gemengeburt lesen, du werdet immer so, dass du ein relativ detaillierten Compte rendu gemacht gehen, als von den Diskussionen, die stattfanden, wo die jeweiligen Positionen noch resümiert wurden, wo die Leute noch konnten nachvollziehen, für was den einen Wort so oder so zu verstanden kommen. Los sind wir wirklich ganz, ich gebe so einen Satz pro Punkt. Das ist nicht mal Gemengerot so aufgeschwert gewesen, dafür sind wir relativ überrascht, dass das einfach so umgesetzt ist. Das ist immer gefallen am Livestream, für uns als der Livestream ein zusätzliches Element, wo die Leute können gucken. Mit der Gemengeburt hat eine Funktion, die Leute daheim an der Stufe, die Leute in der Küche, die Leute vielleicht beim Doktor aus, also und die Leute lesen den und schmecken manchmal als Mengengespräch hören schon mal, dass ganz viele Leute sich hier politische Informationen durch die Gemengeburt sammeln. Dafür können wir nicht verstehen, für was das so aufgeschafft ging. Und dafür wollten wir dann die Klarstellung froh, und am Anfang ist der Mond, dass wir auf den alle Modus zurückkommen, wo wir einen detaillierten Rapport auch am Gemengeburt publizieren. Gut, ich meine, wir haben für den Schwarzloch schon relativ lang dafür für einfach auf Livestream zu gehen. Ich meine, das ist absolut das demokratisch. Ich meine, wir können die Leute bitten, die Leute können jeder kann von egal wo das im Gemengerot nachgucken. Das ist auch nicht so, dass in der just Noven kann gucken. Alle die Reunionen, die Geolo festgehalten, die gehen aufgespeichert, die kann in zu allen Moment rumgucken. Wir haben am Gemengeburt alle Punkte, die dezidiert, geht ganz klar, das wird auch von unserer Verwaltung geschrieben, wird Decision geholt, die der Punkt in dem Mode du jour ist. Du weißt, alle Menschen an der Gemeinde, über was geschwärzt gehen hast, wird auch drinnen geschrieben, wie aufgestimmt gehen hast. Und ich meine, jeder kann das dann einfach nachgucken, Internet, Livestream. Wir werden noch, sind noch am Gang zu gucken, für das doch Fernsehen eigentlich können Sie verdrohen auf einem von den Kanälen, die dort disponibel sind, da schafft man drin, sodass wir der Meinung sind, dass wirklich alle Matbürger, den wirklich interessiert, das politisch interessiert, dass ohne Problem kann, das auf dem Dinge nachgucken, Sitzungen nachgucken. Ich meine, was von ihr proposiert ging, für das ein bisschen zu splitten. Ich meine, das ist eine gute Idee, so haben wir auch schon drüber geredet, wir kriegen ein Equipment, das heißt, dass ich auch kann, wirklich das ein bisschen mehr erdeelen, dass ich vielleicht die verschiedenen Rubriken am Livestream erdeelt, dass ich nicht alle muss ganz Sitzung gucken, für dann den Punkt vielleicht zu kriegen, den ihn selber dann interessiert. Wir haben an der Zeit haben wir Diskussionen, ich meine, wir hatten keine anderen Moyen in der Zeit. Dafür waren wir der Meinung, dass ich einfach soll einen Rapport schreiben. Da sind aber, ich meine, das abgeholt gehen, sie Rapport geschrieben gehen, dass sie dann hier gehen, das diskutiert, gehen den Gemeinden so gesagt, den Gemeinden so gesagt, ich meine, mehr demokratisch, wie der Teil geht, da ist eine Meinung und nicht, du gesagt, jeder Relo ganz genau, was wie gesagt wird, kann ihn alles nur gucken, was nur zu gucken ist. Und ich meine, kriege den an Allspruch, kriege den an 3 Spruch, und ich meine, da muss ich nochmal so, und so mal die Leute genau, was das an einem Gemeinderat diskutiert gehen. Und alle Menschen, die dann irgendwo nach irgendwelche froh nicht, kann alle Momente auf der Gemeinde nachfragen, wo man dort sind. Ich meine, wir haben viel gesehen, dass wir noch nicht hingehen und danach alles abschreiben, resümieren und dann nach 3 Mal übersetzen. Und ich meine, hey, gesagt, jeder wird gesagt, ohne dass wir irgendwo an Diskussionen kommen, wen hat da wo wird gesagt, was war mehr wichtig, und ich hätte da dran und da dran. Hey, kann alle Bürger frei alles gucken. Ich meine, auch daheim hat er sein Tablet leihen, kann jeder das gucken, wann er will. Ich meine, für uns als Datei, das demokratisch war das gut. Und wir sehen ja nicht dafür, wenn wir los sollen, nach der Gemengeburt, was übrigens auch viel Geld kostet, wo viel Papaya produziert wird, weil ganz viele Leute haben die Burt auch weggehalten. Ich meine, da darf man jetzt keine Illusionen machen, das hat auch nicht jeder in die Burt bis zum Schluss gelesen. Ich meine, hier haben wir eine proper Lesung. Und, wir werden probieren, dass die Leute mehr einfach zu machen, wie gesagt, vielleicht viele Leute, die im Fernsehen das gucken, wir haben uns auch informiert. Dann, wir haben auch gesagt, dass die meisten von den älteren Leuten aber auch mit Computern gehen, dass auch viele Leute auf Facebook unterwegs sind, dass das aber Moyen sind, wo halt kommuniziert wird. Dass wir noch nicht wollen, so ein auf den allen Weg vom Boot zurückzukommen. Ich meine, wir können das nicht teilen. Ich meine, die Gemengeburt aus dem dünnen Blatt von einer Gemeinde, das ist ein allgemeiner im Land so, da sollen all die Informationen dran sein, das ist das, wo am meisten gelesen wird, das ist das, wo die Leute am Anfang dran gucken, wenn sie Informationen sichern. Wir machen auch sonst ganz viele Flyer hier und da. Ich meine, die hast das Risiko mehr, wie schon mal so, wenn sie nach 3 Jahren Flyer gepackt sind, dass sie an eine Puppe leihen. Ich meine, die Gemengeburt hat trotzdem einen gewissen Value, wo
die Informationen von iwwer Gemengen sollen zentralisiert sind. Ich meine, du soll noch dat sehen, wo den politischen Austausch auch dokumentiert wird. Bon, ich meine, wir haben nicht viele Möglichkeiten für das zu verändern. Wir fanden, dass das klar nicht in die Richtung von Transparenz geht und auch nicht von der politischen Partizipation von unseren Bürgern. Dafür können wir das nicht mehr bedauern. Ja, ich meine, wir haben, wie gesagt, die letzten Dinge das geschrieben, das vielleicht ein bisschen so mehr. Wir können noch in 2 Sätze mehr zu einem Projekt bringen, das war die ersten Punkte. Wir werden aber nicht mit Diskussionen, die hier gefordert sind, die jeder kann gucken, die werden wir nicht mitbringen. Ich meine, dass da mehr Informationen zu einem Projekt geschrieben gehen, das ist gar kein Problem. Ich meine, da muss man auch mal drauf handeln. Aber was wie gesagt wird, meine Stadt kann jeder nachlauschen, das kann jeder gucken. Da müssen die Leute dann da mal jeder eine Möglichkeit hinzukommen, aber im Moment nicht mehr. In Zukunft werden die Leute auch eine Möglichkeit tun, hinzukommen. Ich meine, mehr sachlich können wir das nicht machen. Den Gemengeburt also einfach dafür, wie du siehst, alle Informationen. Wir gehen auch alle Informationen, wir werden alle Informationen gehen, die alle Decisionen, alle Informationen, die Leute brauchen, werden noch weiter an den Gemengeburt kommen. Aber, ich meine, das ist aber nicht mehr so detailliert, wie das für drüber immer der Moyen Streaming hat. Und das für Reise aber lohnt, meinst du, wie, ob die mal weitergehen. Nico, ja? Ja, das Streaming ist ein Fortschritt, aber das, was er mit dem Gemengeburt macht, das ist ein massiven Rückschritt. Und ich habe es bedauert, pur Mal an den Reunionen, dass in den letzten 3 Jahren das Prinzip, das wir für drin hatten, das wir angefordert hatten, dass nur Allgemeinratssitzung, der Rapport von der Sitzung für drin, den detaillierten Rapport, dass der publiziert wurde, das ist Fälle losging. Das tut dir nicht mehr fertig, obwohl der mehr Personal hat, wie wir für drin hatten. Der zweite ist beim Streaming, da kann ich zwar im YouTube gucken, wie die Leute, die keinen Zugang dazu haben, die gehen da mal ausgeschlossen. Dann ist es so, wenn ich die Gemengeburt abmache, dann habe ich an einen coolen Überblick über all die Sujeten und da kann ich direkt auf einen Punkt, der mich vielleicht mehr interessiert, angehen und gucken, was die Einzelparteien dazu sagen. Das verschwindet alles. Da muss ich an das Streaming rangehen, da muss ich da lang sicher, bis ich eventuell das finde, werde ich da sicher. Der andere Aspekt ist, am Gemengeburt wird dann 3 Sprachen gemacht. Ich meine, wir sind uns aber auch bewusst in der Gemenge, dass vielleicht nicht mehr den Talschen, ich kenne noch keine genaue Chiffre, aber lassen wir so einen Talschen von den Mattbierger Lützeburg verstehen, die verstehen, was hier gesucht wird. Die anderen gehen also total von der Diskussion, von der Möglichkeit zu partizipieren, ausgeschlossen. Da schwätzen wir aber Integration und Integrationskommissionen, einen Integrationsplan. Und hier haben wir just da gedreht, hier schließen wir all die toten Leute von der Partizipation aus. Ich fand das ein massiver Rückschritt, wie dem Sergio gesagt hat. Wir protestieren als DP violent gegen die Decision, die da unilateral getroffen hat. Ich meine, unilateral Decisionen getroffen. Das ist auch nicht, dass wir nicht informieren. Schon gesagt, an 3 Sprachen steht all Punkt, den geholfen steht dran. Wir werden auch Informationen weitergeben, wenn nicht mit komplexen Projekten sind. Das ist kein Problem. Auch, ich meine, wir sind fertig, das ist ganz klar. Ich meine, wir haben eine ganz grobe Sachen zu machen gehabt. Wir hatten Personal, was nämlich da war, das ist gar nicht fertig mit dem Personal. Das ist auch eine Erstellung. Ich meine, das klar, für drin haben wir die Rapporten haben wir probiert, immer so sehr wie möglich fertig zu kriegen, immens Manpower müssen auf die Sache setzen. Das ist aber wirklich schon nicht gegangen, weil wir eine riesige Cape einer Missionen an, du hast eine enorme Zeit drauf gegangen, auch mit der Sache. Und ich meine, das ist wirklich nicht so, für dass die ausländischen Leute nicht mehr können surveillieren. Ich meine, das Einzige, was der wegfällt, das ist, was jeder von uns gesagt hat zu dem Punkt. Und ich meine, das sollen die Leute nachgucken. Das ist ganz klar, es gibt Ideen, die Leute sehen Decisionen, die Leute sehen, was steht zur Debatte, sie sehen, wie es dezidiert gehen. Ich meine, das sind die Informationen, die die Leute sollen kriegen. Aber wer hat wie gesagt hat, da war man ja sowieso auch nicht immer eins, wie da mehr wichtig war, wie mehr hat müssen, aber Männer hat müssen sehen. Und dafür, ich meine, das nicht, das kann ich nachgucken, und ich meine, die Leute verstehen das doch, von denen da dran lauschen. Also können immer eine Explikation froh, was sie mengen halt den oder den. Und sie machen den Bord ab, sie sehen ganz genau, was an der Gemeinde lebt. Und ich meine, darum geht es, die Leute zu informieren, das lebt an der Gemeinde, an Wirlo, was für Sätze gesagt wird. Das ist aber eigentlich nicht so
unbedingt wichtig. Wie gesagt, wir fahren mal so, wir probieren das ein bisschen zu verfeinern, vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen zu geben. Und dafür der Rest, Menschen, aber jeder von uns kann aber wirklich seine Meinung ausdrücken. Das geht bei jedem, den interessiert, die Möglichkeit, das zu hören und zu sehen und auch nur zu gucken, sodass ich meine, mehr transparent geht es aber nicht. Die geht also davon aus, wir servieren die Leute Decisionen, die hier geholt sind, und dann ist es fertig, da sollen die Leute die Decisionen akzeptieren. Was mir genau wichtig ist, dass das Leute verstehen, wie die Decisionen dort zustande gekommen sind, was Argumente waren, was Recherchen waren, was Etude waren, für auf die Decisionen zu kommen. Aber bei den Debatten hier, gibt es viele verschiedene Wühen über Projekte, über Möglichkeiten, Qualität von Lebensqualität zu verbessern. Und ich meine, das ist so wichtig, dass all die Elemente, die hier auf den Tisch kommen, dass die auch für jeden zugänglich sind. Und dafür wurde den Gemengeburt, den wir für tun hatten, die dann praktisch aufgeschafft wird, wurde das ein formidables Instrument. Und ich bin überzeugt, wenn das nicht macht, dann ist die Integration, die da abhält, die ich immer auf den Fendel schreibt, dann ist das ein Warmo. Ja, aber ich meine, wir werden uns noch Gedanken machen, ob wir hier nicht irgendwie Datei können wir noch übersetzen an 2 Sprachen, das geht auch nach alles. Ich meine, wir können nicht einerseits so, wir wollen mit modern gehen, wir wollen Livestream, wir wollen, und da bin ich da schafft man auf die Gemengeburt davon, und da ist im Moment viel zu viel Personal, wir dürfen nicht Personal, also ich meine, muss ich aber konsequent sein an einer gewissen Linie, als schon eine Sache, meine ich, da tun nicht viele Gemengen, sind immer mehr Gemengen, die auf den Weg gehen. Und ich meine, die Gemengeburt war derzeit den einzigen Moyen für das zu vehiculieren und Leute. Und kann okay behaupten, wir geben den Leuten die Decisionen nicht gehen. Ich meine, wir werden schon in Zukunft werden wir schon genau den Leuten so und dann das dezidiert gehen. Und an der Deliberation steht ja auch d'Antécédent. Und wie gesagt, den Wegstand im Detail will, der kann das lauschen. Und wir probieren das mal so und dann werden wir sehen, wie die Reaktionen von den Leuten sind. Und dann gucken wir. Ich meine, für den Moment, also bestimmt von nicht viel gesehen, auch nach dem Gemengeburt nachdenken, das ganz schon. Serge? Ja, für drüben als effektiven flotten Stichpunkt gefallen, dass in da muss lang sicher go für eine Deliberation oder eine Decision sicher zu kommen. Das kann ihn aber nur ganz einfach so regeln, dass ihn einfach Zeitpunkten, wo die Diskussion zu fangen ist, ganz einfach mal an die Gemengeburt setzt, wo dann die jeweiligen Leute können ihre Recherchen direkt sie gehen mit ihrem Cursor gehen sie sichern, Laptop oder am PC, da gehen sie auf den Zeitpunkt oder sie gehen direkt an, da sind sie direkt patsch, ob das sie kann, auf dem Punkt, und sie haben sich nicht lange ob man eine Recherche für wirklich die ganze Sitzung nur zu lauschen. An die andere Seite, dass ich denke, dass die Sache im Internet, im Streaming, vielleicht doch ein bisschen mit Leuten dazu bewegt, für niemanden zu schwätzen. Von lo eben Noperen in der Nähe wo vielleicht die Noper nicht letztendlich versteht, dass dort da vielleicht Diskussionen abkommen, wo die Leute dann sich in Echange schon über Decisionen, die sie auf der Tele gesehen haben oder im Internet gesehen haben, von alles die beschwert gesehen. Gut, Champion. Ja, ich wollte ganz kurz fragen, wenn ich das vergesse, oder ist das mir da durchgegangen, wenn den Noven, die wird der Vlog, die alles gespart, und dann die wir einzelne Schiffe am Budget. Die Schiffe, worüber? Einzelne Posten am Budget, was kann nicht gespart werden. Ist das nicht wirklich? Greift? Wie meinst du Posten am Budget? Wir dann nicht in der Messe so. Ich meine, geht drin nicht vor. Gut, dann das ist schon in das Kleid auch mit den Budgetsposten an der Reihe. Ich meine, das geht auch spezifisch. Vorstellen, das ist kein Problem. Das ist einfach, das ist auch kein Problem. Ich bin an der Zeit sind wir das Budget durchgegangen. Ja, dann, wenn ich frohen hat, dann... Dann das nicht geschieht. Ich wollte also wesentlich froh stellen, dann höre ich da denke, no, das ist kein Problem. Ich wollte just eine Menge, ob ich das verpasst habe. Mir da sind wir so gegangen, da sind wir gesagt, gehen Einzelposten, da heute Einzelsachen. Das ist noch nicht gemacht, das war nicht schlimm. Da wollte ich aber etwas daran erinnern, vom 15. nun, also neuen Bushoraire, wo man aber nicht an Teilzeit kriegt. Und ich will just drauf so da wird München überrascht, weil sie maßgeblich Änderungen drin
wo München den Rallo den Bus geholt wird an der letzten Zeit, der Rallo ein Auto umklammen will oder muss, für irgendwo hinzukommen oder für irgendwo nicht eine Stunde nach Weg zu sehen. Aber wie gesagt, etwas bedauere nicht, dass man möglich das schon mal drüber mal kennt. Ich weiß es nicht. Aber der 15. als die neue Busplan am Kraft, und da wissen das nicht, weil ich versuche immer so, es sind wesentlich Änderungen, was für die Gemeinschaft, für die Leute, die den Bus holen, dran haben. Ich meine, du hast recht, den Abend war nach den Minister Bausch, den hat nach dem Livestream für die neue RGTS-Dinge vorzustellen. Ich meine, wir sind noch da am Gang, wir haben ja schon Diskussionen gefordert, du hast gleich gesagt, dass ich wusste nicht, wann ich daran verfehlt. Wir sind im Moment noch am Gang für den 122 zu straßlichen Depart zu kriegen, das werden wir weiter an der Reise sein, auch für Durchschluss besser zu machen vom 122 her auf die anderen Linien. Wie gesagt, wir haben die Informationen auch noch nicht. Als Umweltresponsablen, den als in Kontakt mit dem Ministerium, ich musste so ein Schlo noch treten, weil das Tor ist eine Umstellung, das ist nicht wie alle Jahre, also für den E-Bus 2 Minuten mehr später und den anderen 2 Minuten mehr später. Hier ist eine Gesamtumstrukturierung vom RGTR. Und ich meine, als Gemeinschafter, also da ist nicht möglich, den kleinen Depliant rauszugeben, den alle rausgehen. Und hier ist eine totale Änderung an den Service-Relation Publique. Die sind am Gang, ein Dossier auszuschaffen. Da werden alle ihnen dran kommen. Wir sind auch am Gang, für zu gucken, für ein diskutiert, für so Fahrplan zu machen, wie die Stadt Lützeburg nicht vorhin die Linie gesagt, vorhin da gesagt, da muss ich rausklammern, für in Zukunft gilt viel mehr, setze ich nicht mehr an den Bus an, da fährt ihn noch gar, da muss ich in den NRW halt umklammern und dafür probieren wir so ein Quad zu machen, wo wir ihn dann eben gesagt, hallo, ich stehe Bus bis durch und da klamm nicht da oben. Das können wir wirklich machen, wenn wir Tonnen haben. Also ich meine, wir können auch nicht ein Bischelchen rausbringen und das Bischelchen, was wir immer gemacht haben, mit dem kommen wir im Moment nicht weiter. Wie gesagt, wir sind am Gang, wir werden eine Broschüre machen, für den öffentlichen Transport zu schützen. Ich meine, auch den öffentlichen Transport als für allemal die Responsabilität von einem Transportminister, die müssen die Informationen bringen, die müssen die Bürger informieren. Und ich meine, die Bürger alle gut wissen aber auch genau, wo sie die Informationen kriegen. Und da sind viele Leute, die besser informiert sind wie wir, merken ich oft. An Haut muss ich auch so mit der Verkehrs-App, das ist aber ein immenses Notiz, wo es dran drückt, zu schütten. Ich will die seht ihr aber, wo es geht. Geht das denen auch nicht immer 100% funktioniert, aber das ist aber, wie gesagt, wir werden aber eine Broschüre machen, wir sind da drin, wir werden aber wirklich auf die Tonne vom Transportministerium. Und du weißt, die sind wirklich auch, das ist ein immenser App, dann, das ist auch nicht einfach im Moment um zu kommen, die haben ganz Land geswitcht an. Wir sind aber da haben. Das ist nicht einfach, das ist richtig, mehr Leute, die dann aber noch gewinnt waren, den Bus zu holen, dann nach den Banken für Dingen da. Also kann den sich da rauflöden, kann den Rago und da gesagt, die Autoritäre längst ariert schon, die Leute müssen sie heimkriegen. Wenn wir wollen eine Promotion machen für den Transport, wenn wir wollen, dass die Leute sollen vom Auto weg an der Bank können, dass die Menschenschütter also so viel eine Frequenz hat, die halbiert wird und so weiter und so fort. Das ist aber nicht ganz gut, mit den Informationen der Bürger. Das ist wichtig, da kann noch jugieren, wem möchte nicht. Wenn ich Stürme muss fahren, dann muss ich mich orientieren, da rausklammen, umklammen, weil Bussen, die fahren nach Schüssbild auf der Kirchbirch, ja, dann ist das die Maus. Ja. Und dann, das geht so einfach. Ich versuche darauf hinweisen, dass der 15. neu könnt, und wenn es möglich wäre, dass die Bürger da gibt eine Information kriegen mit den Sachen. Ich meine, wie gesagt, ich bin nicht der Transportminister, ich bin nicht die Organisation von RGTR gemacht. Wir können die Leute, ich meine, das schon niemand viel diskutiert. Wir haben hier am Gemeinderat für ein Jahr darüber diskutiert, gibt Publizität gemacht, die Livestreamingen läuft. Ich meine, die Bürger muss auch dann die Informationen eben sicher gehen, wo sie zu fahren sind. Also wir werden also Leute schon etwas zusammenstellen, für das ja nur ganz optimal können fahren, auch ein Quad, wir werden aber ich meine, auch da muss ich sich einfach umfinden. Ich meine, ich schwätze mal Jahre davon, dass das sich ändert. Und, ich muss so auch ganz viele Leute, mit denen ich schon geschwätzt habe, die gehen jetzt mit den Bussen. Die wissen schon, wo sie müssen Kirchbirch umklammen, was für Busse wo kommen. Also, die Bürger geht auch, meine ich, können doch da durch. Das ist auch ein Umgewinnungsphase. Und ich habe dort gesagt, ich meine, es war immer einfach, den Leuten Dinge auszudelen, flotten Depliant mit den Buslinien,
wann dat gemidtlich ein Krit huet am Oktober an dann den der dëmm geschafft an dann kon mir dat immer pünktlich rausgin. Me das hummer keine Informationen an da können mir auch do neich machen. Claude, du wo sonst dazu so? Ich wollte just so weil das Lohai am Gemeinderat dann auch gestreamt wird, das ist den 13. Das ist Sonntag, wo das umgestaltet wird, nicht der 15. Ist noch mehr frei, noch 20 mehr frei gesagt. Genau. Für den 144 fand ich noch nicht direkt Änderungen, das sind Änderungen, Lichtänderungen am Horaire. Wenn ich auf Gare fuhr, wollte ich aber just so, weil ich schon viel mal für den Transport auch unterwegs bin, ab dem 13. fuhr ich den Tram Kirchspiel bis auf Gare, das ist nicht ein optimaler Weg. In der Welt auf Gare fuhren, die soll sich eigentlich am Zug setzen, aber am Zug auf Gare fuhren. Wir wollen mal Bus fahren, da müssen effektiv Kirchspiel umklammern, wo ich mir noch nicht so sicher bin, weil bei 144 gesehen ich aber lohnt auch immer, dass das lieber Trokat fuhren, wie ein Hau doch fährt. Da will ich schon nicht 100% was veröffentlicht. Das ist mir auf jeden Fall aus dem 13. Aber wie gesagt, wann, dann kann ich einen Kirchspielsten Tram holen, der ja da bis auf Gare fährt. Ja, das ist genau möglich. Das ist genau, was du siehst, Claude. Du weißt noch überhaupt nicht so genau. Und, wie gesagt, wir sind noch interveniert, Jumpsing Intervention hin, dass kein Bus mehr um die dran verfährt. Und wir noch gesagt, hey, stopp, also Bus um die dran. Und also, du hast gesagt, geht da ist da dran. Wir haben ihnen noch alles geschrieben. Wir mussten einfach aufwarten, für das Silo mal das ganz und Rulle kreieren. Und hat aber gewährt, dass wir logisch einen Flyer rausgehen, also einen Depliant rausgehen, den wir nach diesem können weggehen dürfen. Wir sind der Hand, ich meine, wir wissen nicht. Ich wollte wissen, dat frohen als selbstverständlich kann Gemeinde Depliant rausgehen mit den Innerlage vom Minister, die dann präzise so was sagst, wo der Bus fährt, zeitmäßig nicht mehr. Man wollte ich frohen und dann, wie gesagt, wenn man dann aber das den Hängsel, wenn dann aber soweit das zweite Gäre, wenn man hätten das zweite sollen holen, muss man doch Bescheid wissen. Ich muss aber dabei so, ja, wenn ich hier rundherum gucke mit dem Handy, mit dem Laptop und alles, das mit der App all die Sachen, das kann ich nicht freuen. Das tut noch nicht drin Intus, aber wir wollen aber auch keine Zweiklassengesellschaft, dass die das können für benutzen und die anderen nicht. So, da will ich sagen, dass wir da Kuren organisieren, da kann ich auch immer schreiben, die laufen über die CGR. Ich gebe so, schreib dich an, geh an die Kur, weil du lehrst ihnen aber die ganz utile Sachen für mein Handy an, für genau die dort Sachen zu machen, auch für mein Tablet. Und du wirst gesehen, das viel kompliziert, halt wie am neuen Depliant von der Gemeinde, die wir hatten. Ich muss sagen, ich gehe heute besser ins mit der Mobilität. Jean-Paul, die Kuren, die sind zu nicht dran, wenn ich bin angeschrieben, aber sind zu 3 an einem Kur. Und wird gewusst dahin? Und wird kein Bus drin, ja. Dann hole ich ein Auto und dann fahre ich am Auto. Nee, das ist zum Beispiel, das ist ein Beispiel. Wir sind ja froh, dass... Voilà, das ist gut. Très bien, ja, dann gebe ich euch alle gute Merci so an die Leute, die noch geguckt haben, dabei. Ihr schreibt Merci für die konstruktive Diskussion. Robby, hast du eigentlich froh, pardon? Ja. Heute Mikro, Robby, die Leute, die sich immer, dass sie das nicht verstehen haben. Ja, ich habe keinen Fragen Abend mehr. Das Abend schon ein paar Mal annimmt, gegen 2020, also ich glaube, da kann ich kein Jahr. Und das ist auch noch nicht drüber. Und wir wissen noch nach Polen, was du bist zog. Und dafür wünsche ich alles gut und ein gut Gesundheit. Voilà. Merci Robby, genau dasselbe wollte ich nämlich auch so und ihr alle guten schönen Kraft, die ich dann eben das ja vielleicht ein bisschen reduzierter Form flotten Jahr an kommt alle gute gesund dadurch an wie gesagt da sehen wir spätestens am Januar auf dieser Platz. Vielmals merci und schönen Abend nach alle gut. Robby.